Kann ich meinen Kollegen bitten, Platz zu holen? So, wir haben heute als erste Aktion zu machen, da Madame Linda Gasch, die ja hier Demission gehen hat, ihren Successor zu assermentieren. Und ich ging dafür bitten, dann den Herrn Fabrizio Costa herabzukommen. Voilà, Herr Costa, der sieht also vom Innenminister eben auch abgerufen gehen. Er hat ja gesagt, er will die Posten überholen und es wird dann lo unter Prestation des Serment. Ich lese nicht den Serment 4, so wie in einem Gesetz 4 gesehen ist. Und ich ging dann noch bitten, 3 Hand zu heben und zu sagen, je le jure. Herr Costa, den Serment als folgenden: Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. Dites je le jure. Damit kenne ich ein Akt von der Prestation de Serment, die sind also lo Member von dem Gemeinderat von der Stadt Lützeburg. Und ich felicitiere mich dafür. Und ich meine, wir freuen uns alle Guren auf ein Flott zusammenarbeit. Am Interesse von dieser Stadt, von ihren Anwohnern, jeder bringt seine Sensibilitäten mit an, und wir sind darüber auch ganz froh. Will der direkt oder machen wir für den Appell nominal an dann? Will der direkt vorstellen? Heier se lo vidieren wëlt. Voilà. Das wird leicht. Das wird leicht. Ja. Die erste Keier. Madame Bemeestech, leef Memberen vom Schaffener Gemeinderat. Et war einmal ein kleiner Jung. Die eng Seite von der Familie als aus dem Minett. Sein Großpapa hat bei der Arbeit geschafft. Mit Großeltern, die anfangs nicht viel hatten, hatte sich, wie so viele Lützebäuer an der Zeit, an die Mittelklasse abgeschafft. Sie waren weder reich noch arm, man hat ihnen nicht gefehlt. Die portugiesische Seite von der Familie kennt echt aus mit bescheidenen Verhältnissen. Die Eltern hatten sich in Portugal kennengelernt und lebt hat sein Papa auf Lützeburg verschlagen. Lang Rede, kurze Sinn, mit 4 Jahren als jener seine Familie an den Staat, mehr genau an den Pafendal geplündert. Hier als ihn abgewusst. Er hat sich schon früh für Politik interessiert. Zum Lied von seiner Mom, die hier, so gut erzählt, schon wo er 7 Jahre alt war, auf Wahlversammlungen mitgeschläft hat. Er hat aber noch nicht den direkten Zugang zu der politischen Welt gefunden. Vielleicht hat er noch gemeint, dass er ohne bekannte Familiennummer und noch mit einem portugiesischen Nummer sowieso Männer gut Karten hat, für an der Politik Fuß zu fassen. Aber etwas, das wollt ihr von kleinem an. Das stimmt fest. Die Welt verändern war noch schon ein bisschen. Wir müssen dafür auch nicht lange nachdenken, wo sich ob nur der Uni unverhofft Möglichkeit abgetan hat, sich politisch zu engagieren. Wie so oft, als Jugendliche, man heinst auch ein bisschen naivem Idealismus, ein bisschen mehr Realismus gehen. Mit Werten von Gerechtigkeit, Freiheit und Nachhaltigkeit, die hier bei den Geringbrüchen tun, und noch den Willen, etwas zu verändern, etwas zu verbessern, die sie bleiben. Ich meine, du hast schon verstanden, heute steht den nicht mehr so kleinen Jungen hier vorne nicht, aber bis hierhin ist ja dann alles gut gegangen. Vielleicht auch, weil die Voraussetzungen eigentlich ganz gut waren. Man hat viele andere Jungen und Mädchen, kleine Jungen und Mädchen an unserem Land, an unserer Gemeinde, für die sind die Voraussetzungen nicht so gut. Sicher, die Chancengleichheit ist bei unserem Land besser wie in vielen anderen Ländern. Und aber ist es so, dass die Zukunft viel darüber aussieht, wo die Reise am Laufe vom Leben hingeht. Ich gehe just 2 Stichwörter: Logement und Bildung. Daneben sind wir mit Herausforderungen konfrontiert, die uns alle Gute betreffen. Ich schwätze von der Erosion von der Demokratie und vom Rechtsstaat überall an der Welt, von Desinformation und von oligarchischen Strukturen, an der Konzentration von ökonomischem Pouvoir an den Händen von einer kleinen Minorität, von Reichen, die mehr reich gehen, von Armen, die immer Männer haben, und noch vom Zurückschrauben von internationalen Efforten für unseren Planeten, für die nächsten Generationen zu schützen.
Ja, wenn alles das am Moment das zu geschehen, da kann ich sich fragen, was bringen eigentlich die vergleichsweise Kleinsachen, die wir hier an diesem Gemeinderat dann dezidieren überhaupt? Weil ich meine, sie bringen ganz, ganz viel. Wenn eine Gemeindemobilität so organisiert, dass sie nachhaltig und noch für jeder praktisch und zuverlässig ist, das schafft das Vertrauen an die öffentliche Hand. Wenn eine Gemeinde hier einen Teil dazu beiträgt, dass jeder sich eine Wohnung leisten kann, das schafft das soziale Sicherheit. Wenn eine Gemeinde konsequent an Jugendarbeit, Jugendhäuser, an einen attraktiven und sicheren öffentlichen Raum investiert, das stärkt das wichtige soziale Bindungen an einer Zeit von klammender Isolation. Aber wenn eine Gemeinde Verantwortung am Umwelt- und Klimaschutz überhält, das sichert sie damit Grundlagen für die nächsten Generationen. Wenn eine Gemeinde lokale Kommerz und überhaupt lokale Krisen fördert, das stärkt sie damit die Ökonomie und schafft so auch lokal Arbeitsplätze und Wohlstand. Aber wenn eine Gemeinde Bürgerinnen und Bürger wirklich an ihre Politik abbindet und ihre Idee valorisiert, dann entsteht Vertrauen an Demokratie. Kurz, weil lokale Institutionen funktionieren und alle Bürgerinnen und Bürger eine gute Lebensqualität und Zukunftsperspektive bieten, da legen sie damit Fundament für eine gesunde Demokratie und einen starken sozialen Zusammenhalt. Genau den sozialen Zusammenhalt, den wir brauchen, für auch die Großkrisen, für die wir stehen, auch auf internationalem Niveau umzugehen. Aber wenn wir hier in dieser Stadt über sozialen Zusammenhalt schwätzen, ein Staat, ihr wisst, mit 160 verschiedenen Nationalitäten, 70% in Lützeburger, da muss man auch darüber schwätzen, wie wir das gut zusammenleben, erhalten und weiter stärken können. Ein Aspekt davon ist die politische Partizipation. Ja, wir hatten 2023 eine historisch hohe Partizipationstour von den Lützeburger, und es war aber just eine Minorität von ihnen, die mitgewählt haben. Das weist sich auch an der Repräsentation hier bannen. Mit mir haben wir 3 Gemeinderäte bannen mit lusophonen Originen, wo man diese Kommunität dann so global überrepräsentiert ist. Mehr andere Nationalitäten sind aber inner oder gar nicht repräsentiert. Auch beim Alter gilt ein gewisses Desequiliber. Der Durchschnitt hier bannen liegt bei 53 Jahren. Mit meinen aber nicht so jungen 31 sind nicht die jüngsten. Insgesamt sind wir just noch zu 3 von 27, die eine 3-4 Stunden haben. Wenn ich sich aber die Alterspyramide von der Stadt Lützeburg anguckt, da seht ihr, dass die stärkste repräsentierte Kategorie zwischen 27 und 30 Jahren liegt. Die Jungs sind also deutlich unterrepräsentiert, dabei sind es sie, die viele Decisionen mehr stark betreffen wie andere. Versteht mich nicht falsch. Ja? Es muss nicht Portugies sein, für eine gute Politik für Portugiesen zu machen. Es muss auch nicht jung sein, für eine gute Politik für Junker zu machen. Und aber ist es im besten Fall so, dass demokratische Institutionen die Gesellschaft aufbilden, weil das sicherstellt, dass erstens verschiedene Lebensperspektiven und Decisionen mit abfließen und zweitens auch jeder an der Bevölkerung sich mit denen, die sie repräsentieren, noch identifizieren kann. Für zurück auf die kleinen Jungen und all die anderen kleinen Jungen und Mädchen zu kommen, von denen ich schon geschwärzt habe, sie alle brauchen Vorbilder, mit denen sie sich identifizieren können. Das gilt für die Politik wie auch für alle anderen Bereiche. Und ich meine, da sind wir alle Gute gefordert, mehr zu machen. Aber für allem brauchen die Leute halt Zukunftsperspektiven. Und da ist auch ein Gemeinde natürlich an der Verantwortung. Dafür werde ich mich hier am Gemeinderat für einen bezahlbaren Staat ersetzen, an der jeder Platz hat. Das heißt, mehr bezahlbarer Wohnraum, attraktive Kommerz, flott, öffentlich, auf jeder frei zugängliche Plätze, wo sich gerne abhält, aber beginnt. Ich wünsche mir auch eine Gemeinde, die all die Bürgerinnen und Bürger echt hält. Das heißt, institutionalisierte Bürgerbeteiligung für wer nicht mal einen permanenten Bürgerrat, andere Gemeinden sind halt schon mehr weit wie mir. Ich will einen Staat, der dazu beiträgt, als Lebensgrundlagen, als Natur, das Klima für die kommenden Generationen zu schützen. Das heißt, mehr Beton, mehr Grings und zusätzliche Mesuren, dass es mehr billig und einfach geht, für Teil von der Energietransition zu gehen. Und ich will mich auch für einen Staat ersetzen, die gerade an Zeiten, wo große Demokratien wie den USA Autokraten Trude überholen, neue Partnerschaften auch im lokalen Niveau agiert mit Städten, die es weiter teilen, zum Beispiel eben in Nordamerika. Zum Schluss will ich auch all den Leuten, die mich über die letzten Jahre unterstützt haben, eine ganz große Merci sagen, allen denen, die mich an meinem politischen Engagement unterstützt haben, weiterhin unterstützen, und natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger, auch noch meiner Partei, für das Vertrauen, das ich bislang gut tun. Was mich betrifft, kann ich sagen, diese kleine Junge ist nicht mehr so klein, und er hat Lust, eine Hand mit anzupacken, konstruktiv, kritisch, immer für die Sache. In dem Sinn freue ich mich ab heute als Member vom Gemeinderat von einer schönen Stadt, alle guten Bürgerinnen und Bürger an ihrem zu vertreten und an ihrem Interesse zu schaffen. Ob ein gutes Zusammenhang ist, auf vielmals merci. Merci. Ja. Merci auch, Herr Costa. Ich meine, die werde ich ganz wohl spüren hier an dieser Gemeinde, weil vieles von dem, was da gesagt hat, was eine Gemeinde soll sein, was ein Staat soll machen, auf dem Weg sind wir. Wie ich oft so, das kann ich noch immer besser machen, genau das, als das, was wir versichern. Und wir machen hier, die werdet gesehen, auch nicht nur kleine Sachen. Wir machen hier auch wirklich ganz große Sachen. Und was den Alter anbelangt, Herr Costa,
da sind wir zwei der Partner. Wenn wir zwei zusammen machen die exzellent Moyen. Dafür, voilà. Also, herzlich willkommen an ob ein gut Zusammenarbeit. Voilà. So, da kämen wir lo bei der ganz offiziellen Ordre du Jour. Und dafür muss ich für aber den Appell nominal machen, wo ihr dann verloren den Herr Costa dabei ist. Und ich fange nun, wie immer, mit der Madame Beissel, ja, den Herr Moser, ja, Madame Merth, ja, ich selber auch, den Herr Radu als entschuldigt, an den ans Prokuration gehen, den Herr Goldschmidt, ja, den Herr Bauer, ja, den Herr Benoit, ja, Madame Camarda, ja, den Herr Galles, ja, Madame Brümmel, ja, den Herr Boissante, ja, Madame Kahn, ja, Madame Keifer nach nicht, aber sie können da den Herr Philippa, ja, Madame Arendt, ja, den Herr Back, ja, Madame Costantini, ja, Madame Milchen, noch nicht. Entschuldigt, excusez, okay. Madame Afonso, ja, den Herr Weidig auch noch nicht. Madame Bartolini, ja, den Herr Biewer, ja. Madame Müller, ja, den Herr Werner, ja, Madame Branca, ja, und den Herr Costa, ja. Wir sind en nombre, wir können also mit unserem Ordre du Jour aufhängen. Und für die ersten Punkte vom Ordre du Jour en séance non publique sind, muss ich dann den Huis clos
Ja, ja. So, da kommen wir also bei den Frauen an eine erste Frage davon, war die Frage von dem Herrn Benoit über die Etude Luxemburg in Transition. Ja, Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemeester. Am Kader von Luxemburg in Transition, also von dem ganzen Prozess, den du gelaufen hast, von den paar Jahren über das Landesplanungsminister, goufen noch eng Reihe Zoome gemacht, notamment op den Bon de Gasbrech, respektiv Zone industriell und artisanal op der Cloche d'Or. Und da goufen Rapport drüber gemacht im Jahr 2021 für zu gucken, was ein Levier in den Hut für do Transitionen zu machen in Richtung von mehr Klimaneutralität am Horizont von 2050. Und da eben notamment den zwei Sitten, die ich genannt habe, weil es da viel Potenzial für Transformation gibt. Dafür erlaube ich mir, die Frage zu stellen, inwiefern die Etude, die gemacht wird im Kader von Luxemburg in Transition, speziell die Proposen für den Territoire von der Stadt Lützeburg, ob die erkennt, aber die generell Appreciation von der Demarche, respektiv den Propositionen, die dort dranstehen, über die Zukunft von der Stadt Lützeburg, was er davon erhält. Wenn wir dann ein bisschen gucken, was par rapport zu dem Bon de Gasbrech, also dem neuen Quartier vom Bon de Gasbrech gesagt ist, dann meine ich, dass ich für alle mal festhalten kann, dass es eine ganze Reihe Flotsachen gibt, die an dem Quartier existieren, zum Beispiel Grünflächen, notamment der Park. Mobilität dus, die go dort zum Teil schon gut matt gedurcht mit den Tram do, mit öffentlichen Equipment do, und trotzdem denke ich noch immer auch eins, also der Quartier, den nach wie vor ein ganz groß Platz dem Auto akkordiert, und das doch sicherlich nach Verbesserungspotenzial geht, notamment was Lebensqualität angeht, was Services angeht, für die Nachbarschaft, respektive was Begegnungsplätze angeht. An d'Etude, die proposiert eben gerade den Espace public en faveur eben von dem Fußgänger, dem Lieu de Rencontre, der douce Mobilität, Sportinfrastrukturen an Begrengung, noch zu verbessern. Was hält er von den Propositionen an, was sind eher Reflexionen für an dem dote Quartier notamment nach Verbesserungen zu machen? Dann ein anderer ganz interessanten Zoom, den geht op Zone d'Aktivität Cloche d'Or, also die Mial, den allen Deel von der Cloche d'Or. Und die seht, stellt am Anfang fest, dass es wirklich ein ganz monofunktionell Zone ist, wo ganz viel wirklich versiegelt ist und auch so ganz viel Espace auch benutzt ging, also dass da eigentlich ganz viel Potenzial gibt, für nach Transformation zu machen, auch für den Boden am Anfang mehr effizient zu nutzen. Zum Beispiel, an dem sie in Parkingen vielleicht zusammenlegen, am Moment hat alle Einzelnen benutzt sein Parking selber, an dem sie in der Quartier mehr dense, mehr mixed gestaltet, für dadurch am anderen CO2 auszustoßen, mehr gering zu gehen, mehr resilient, also weiter, mehr divers die Quartier zu gestalten. Was ist Ihrer Meinung nach Potenzial für die Dotenzone zu verbessern? Meinen die auch, dass es interessant ist für die Quartier, also den alle Cloche d'Or, für den mehr Richtung einem mehr durchmischten Quartier umzugestalten? Und denkt ihr oder könnt ihr die Idee mal teilen, dass ihr seht, gerade auf der Dotation auch will ihr vielleicht die Etüden weiterdenken oder vertiefen, für zu gucken, wie in die Zone industriell do vielleicht verbessern könnt. Und ich denke noch, dass es dort zum Beispiel ganz gut auch ein Pilotprojekt gibt, prätieren, für mal zu gucken, wie in die Zone industriell, die doch ein Reihe Jahrzehnte und Buckel hört, für zu gucken, wie in die vielleicht könnt, mehr mixed gestalten, wo in mehr effizient umgeht mit dem Boden, aber wo ihn auch dadurch mehr den aktuellen Challenges, die in hört, gerecht gehen. Vielmals merci. Merci auch. Also ich stelle mal fest, dass das eine Etude ist, die vom Jahr 2021 datiert, der effektiv vom Ministère vom Aménagement du Territoire gemacht ist, an den, wie so ganz richtig ein von unseren Beamten, den sich besonders mit dem Environnement bekümmert, erstens feststellt, dass das gut nicht, dass sie nie daran impliziert waren. Und dass man also auch feststellt, dass die Zahlen,
die do genannt sind, dass die ganz schwer sind zu verifizieren, Pertinenz von denen Zölle, aber bon, sie hat das mal dahingestellt. Aber all als Leute, die verschiedene Services, die wir auch hier erwähnen, gefragt haben, aber engem Moos, ob sie damit impliziert wären, die können zur Konklusion, dass das eine Etude, dass die natürlich die ganz sicher einen interessanten Exerzice intellektuell durchstellt, den effektiv aber schon noch 21 trickend, aber die ganz theoretisch aus, die ganz Theorie bleibt, die Theorie an die schönen Flottbilder, die noch da kommt, Heinz, du gesehen, dass diese sich aber noch müssen konfrontiert gehen mit der Realität vom Terrain. An die Realität vom Terrain, dass das effektiv eine Pression démographique, das eine Pression économique, das ist ein Cadre légal, das sind Droit de Propriété, Droit de Propriétaire privé, das sind Prozeduren, das sind Planifikationen. Das alles soll einen aber nicht hindern, wenn Ideen sind, die da sind. Und mir muss ich ehrlich sagen, nicht darauf gewährt, ob die Etude für eine ganze Reihe Sachen da schon anzuschreiben. Ich kenne zum Beispiel und ich komme dann aber noch mehr präzise, ich kenne zum Beispiel ein Beispiel, den Cloche d'Or, den Volley Cloche d'Or, und ich meine, da war dir ja auch ganz eng mit, also nicht dir persönlich, weil ich so dir, der Schweizer Stadt nicht persönlich, aber wieder am Schäferrot die Zeit waren, 2010, da ist schon Versicht gehen, die ganzen Quartier Cloche d'Or so zu machen, für ein möglichst durabel und accessibel zu machen. Und die Crew 2010 schon die Präzertifikation von der DGNB Gold. Was heißt lo DGNB? Ich bin da doch noch gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Name, wenn ich bis weiß, war das ist aber ganz klar. Das ist Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Also, die haben schon 2010 den Gold zertifiziert, am 2018 sogar die Platin. Bon, alles das für zu sagen, dass wir als Gemeng, dass das Gemeng zu hinterlangen, Versicht, die Quartieren, die entstehen, so nachhaltig wie nicht möglich zu machen, aber eben en tenant compte. Und das ist der große Unterschied zwischen einer Etude, die ja, natürlich auch nicht nur für die Stadt Lützeburg gedurcht ist, aber das war national natürlich gedurcht und den theoretisch Rechnungen mischt, wie da den oder dann können. Wir müssen effektiv aber nicht nur von der Theorie, aber eben auch von den praktischen Realitäten ausgehen. Und Fakt ist, dass wir, und ich meine, Herr Costa hat das Logist nach an seiner Rede auch nach ein Jahr gesagt, wir brauchen Wohnungen, wir brauchen effektiv auch Platz für Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze, die fanden wir leider für die zu besetzen, nicht nur hier am Land, aber an unseren Regionen rundherum. Und wir müssen gucken, dass die Accessibilität also für als Staat eben auch noch immer garantiert ist. Das hält uns aber nicht auf, für eben auch ein Begrünungskonzept aufzustellen, dem wir am Gang sind, mit all unseren Services zu machen. Das hält uns nicht auf, für einen Plan de Mobilität aufzustellen, den eben einerseits die Accessibilität garantiert von unserer Stadt, auch für die Autoren, weil ohne die Accessibilität werden eine Reihe Leute, die wir aber all da brauchen, für als Kliniken gehen zu tun, für als Entreprise gehen zu tun, für als Schulen zu gehen zu tun, sonst kriegen wir die nicht dahin, weil nicht überall rundherum Grenze von der Stadt Lützeburg gibt es so einen attraktiven öffentlichen Transport wie hier. Es sind also eben nach ein ganz Reihe Leute darauf gewesen, auch mit anderen Mitteln hinzukommen, was uns nicht davon aufhält, eben dafür zu sorgen, dass sowohl als Fußgänger wie eben noch die Velosphäre permanent sollen nicht nur vergrößert, aber auch mehr sicher gemacht zu gehen. Und ich meine, nicht mehr spät wie die letzte Woche hat man an dem Kontext ja immer auch ein ganz Reihe Projekte gewesen, die werden wir eben noch in den nächsten Monaten eben noch nach Hai-Einkehr zusammen gucken, wir hatten sogar schon den Mord du Jour. Ganz viele Sachen, die da geschrieben sind,
sie natürlich muss ihn weiter ausspornen, zu gucken, wo kann ihn Quartieren von einem gewissen Transitverkehr verschonen. Auch da sind wir am Gang zu machen. Wir wissen, wir gehen immer viel, an dem wir versichern, das Beste daraus zu machen. Wir bleiben aber nie obtü. Wir nicht können noch mal Momente anzusehen, ob der wirklich das bräuchte wird oder eben auch nicht. Wir werden also weiter an dem Sinn feiern. Die Idee kann nicht sein, und noch da wird ein von unseren Mitarbeitern gesagt, dass ihr könnt mengen, dass das Wichtigste ist am Anfang und nicht das Wichtigste. Mir von denen etwas, was immer rumkommt, wenn an dem Do-Kontext von Begründung geschwert wird, dass das für und allem Straßen eben wegzuholen, für sie an Grünflächen für an Grünflächen oder an Pisziklaben umzuwandeln. Für uns geht eben eine Anpassung, eine durable Anpassung an. Wir wollen, dass das Staat sich permanent verbessert, eben an dem ökologischen eben Impact, den wir auch können holen, ob als Umwelt für Mur, dass wir weiterhin das machen. Mit uns Aufgabe, also eben auch dafür zu sorgen, dass das auf eine Art und Weise geschieht, für nicht die, wie soll ich sagen, für die Bütten an die vielen, die wir eben Umplan von dem Wohnen, Umplan von der Mobilität, Umplan von der Education, auch an Umplan von all den Services sociaux, für denen noch eben gerecht zu gehen. Wir sind ja eben an der Schale, aber dann abwärts, das kommen wir an all die Diskussionen, die wir müssen haben. Bei uns ist das ja schon nicht mehr unbedingt eine Affäre von Froh von Geld, das ist eine Affäre von Hummer nach Daylight, für all die guten Sachen zu machen, die wir gerne gingen machen und die wir gerne nach mehr gingen machen. Wie viel von unseren Service, von unseren Infrastrukturen, besonders sozialer, fanden nicht mehr die Leute, die diese Misten haben, für die Arbeiten zu machen. Ja, wir wollen da weitergehen, alles das, was du geschwärzt hast, für uns Staat mehr Resilienz zu machen, für uns Staat mehr, für eben den sozialen Mix auch zu halten an all unsere Quartieren. Wir haben Gott sei Dank nicht wie an anderen Städten, an anderen Ländern rundherum, wir haben nicht die Ghettoen, wie sie auf anderen Plätzen sind. Und das ist, weil wir seit langem dafür sorgen, dass doch Sozialwohnungen sind an alle Quartieren. Die sind sowohl um Lambertsburg wie um Zens, wie um Bel-Air, an Schaden, Lodomadop, an zu Boneweg, an zu Gasbrich, an zu Hollerich. Die sind an all unsere Quartieren. So haben wir das schon lange gemacht und so werden wir das doch weitermachen. Es sind also, für dann nicht, für auf das zurückzukommen von der Etude, ja, an der Etude sind, ich meine, erstens ist es einfach gut, so ein, wenn doch mehr eine theoretische Überlegung ist, die nicht unbedingt, weil die Leute hatten ja auch nicht unbedingt, die Leute kriegen nicht mit, und so viele Leute kommen all da, 120.000 kommen aus den Regionen rundherum, wo sie nicht den öffentlichen Transport haben. An der Welt brauchen wir das ist es nicht, aber es sind eine Reihe Ideen, an denen wir schon, die wir aber nicht darauf gewährt haben. Das muss ich wirklich unterstreichen, für das an uns, für an unseren Bebauungsplan auch mal dran zu holen, an unsere Aktionen, und wir werden noch darin weiterführen. Die Lieu de Rencontre, das tun wir, das ist an unserer Chefratserklärung von 23. Wir werden für Europa von den Punkten zurückzukommen, die da gesagt hat, ja, wir werden damit schaffen, Gasbrich, für ich nehmen ein Wort zu sagen, das gesagt gehen, das nehmen monofunktionell. Da das alle Regel kann, wenn ich nicht mehr ging, wenn ich noch nicht mehr ging, zuholen von denen Häusern, von dem Erler Cloche d'Or. Weil das nämlich, das ist nicht so wie es im Moment hinhat, dass die neuen Cloche d'Or, die richtig neu, da sind über 2700 Wohnungen dran geschafft gehen. Da wohnen im Moment über, eine Minute, ich sehe schon die genau Zahlen, aber für ich zu sagen, da wohnen über 2700 Leute, die schon da wohnen, wo eben die Multifunktionalität wirklich von Anfang an eben noch gesichert ist.
das ist ja dafür, wo wir eben den DGNB Platin ausgezeichnet sind. Und wir werden an dem Sinn weiterführen. Mehr wie gesagt, wir müssen die Defien, denen man muss begegnen, die muss man auch begegnen, und denen muss man auch gerecht gehen. Das heißt, Wohnungen schaffen, mir nicht nur Wohnungen. Ich kann nicht nur für Wohnungen schwätzen, ich muss nebendran auch dann Schule schwätzen, ich muss dann nebendran auch Sportinfrastruktur schwätzen, und ich muss effektiv schwätzen von eben den Plätzen, wo die Leute können zusammenkommen. Und dafür wundert es mich ein bisschen, dass nicht auf vier gehoben wird, den enormen Projekt, den wir zu Gasbrich eben just aber realisiert tun, neben dann der Zone industriell und neben dem neuen Kloster, das ist den formidable Park von 16 Hektar, von 16 Hektar, den natürlich ein Teil aus von dem ganzen Projekt, weil die Terrain, die ja zum Teil eben auch private Proprietären gehört, und die waren ein Teil von der Möglichkeit für nebendran einfach die Räume zu schaffen, die ja aber wirklich nicht klein sind. Und die es wirklich auch nicht geht, nach mehr groß zu machen. Weil es geht nicht nur alles mehr groß zu machen, man muss das ja auch dann noch können, sowohl an den Kanalisationen wie an dem Wasser, wie an den Schulen, mit denen harmonisch verbannen. Was über Densifikation als ein grosses Wort, als ein Schlagwort von der Etude, ein Schlagwort, was aber uns sich nicht bedeutet, wenn es nicht eben an einem Kontext gemerkt wird, wo nicht nur dafür gesucht wird, weil ich kenne eine Reihe Leute oder eine Reihe Gruppe Leute, wenn sie Densifikation hören, dann hören sie eine Sache klären. So als es nicht gedurcht hat. Mit das Wort, das könnte aber darauf hinführen. So wird es gedurcht das. Und das ist theoretisch gut gedurcht. Ein Gebäude, das so groß ist, ich mache das nicht mehr so groß, dass die Prise soll nicht mehr so groß ist, aber nach just halten so groß oder feiern so groß, aber dann gehen ich das an den Tisch. Ja, wenn man mit privaten Proprietären oder mit da, wo wir Proprietäre sind, ist es mir einfach. Aber nach muss man dann den PAG aufpassen, wenn wir das fertig bringen können. Ja, das sind ganz verlabel Wege, auf die ich kann gehen, aber wo wir wahrscheinlich nach der Gelegenheit darauf zurückkommen. Voilà, also über die 155 Seiten von dem Luxemburg in Transition, ja, sind eine Reihe Wege abgezeichnet, die ich gerne kann, nach einem Jahr, den immer nicht kann dran denken, wenn ein neue Karte möchte, und das machen wir auch, und da wird man nach mehr wie eine Gelegenheit kriegen, darüber hinzukommen. Das ist schon, dass nicht mehr eng, das muss ich aber sagen, dass nicht mehr eng mit den Leuten, die effektiv dann am Alltag sind, und all diese Probleme durchschaffen, dass nicht von Anfang an aber mehr mit denen geschafft gewesen. Weil dann könnten vielleicht hast du auch mehr direkt realisable Sachen gemerkt. Aber wie gesagt, das ist auch wichtig, dass so Sachen gehen. So, da kommen wir auf die nächste Frage. Und ich hoffe, dass wir Diana können vielleicht ein bisschen mehr lösen, weil das holen wir, das haut nicht viel. Weil Herr Costa, der sieht, nein, wir haben im Prinzip eine halbe Stunde für Fragen. Ne? Wir dürfen auch wirklich, ja, so, wir gehen haut vielleicht ein bisschen mehr Fleisch, entschuldigt. Wir haben für über 155 Seiten zu schwätzen. Ne? Bon. Madame Kahn, für ihr ist die nächste Frage, und zwar von der Madame Afonso. Madame Afonso. Ja. Merci, Madame la Bourgmestre, pour la parole. Ma question ça concerne les frigos solidaires. Par ce type d'initiative, on peut permettre aux plus munis de mieux se nourrir, en portant chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais cette initiative a aussi permettre de développer un projet de partage de liens de convivialité dans un quartier. À travers un frigorifère solidaire, on pourrait donner un peu de vie dans le quartier et à une époque où les quartiers manquent de petits projets simples
modeste et accessible à tous. Par exemple, une personne part en congé, il reste du produit laitier non périmé, date façon fois, dans son frigorificateur. Aliments que seront plus consommables à son retour. Pourquoi le jeter? Si on ne peut pas le donner à une connaissance et pourtant pas le mettre dans le frigo solidaire. Autre exemple, en faisant du trop fruits dans son jardin, il souhaitait pas le jeter et partage. Les frigos solidaires seraient une bonne réponse. On voit que ce type de projet devient un projet commun, solidaire, responsable, dynamique et que quartiers pouvant aussi des termes permettre divers types d'acteurs de participer. Savoir également les commerces, les restaurants et cantines, etc. La ville de Luxembourg et son quartier s'y prêtent parfaitement à ce moment de ce type de projet. Des initiatives démarrent timidement et pour leur donner un véritable élan, les acteurs communaux pourraient et devraient intervenir. Ainsi, nous souhaitons poser les questions suivantes aux membres du collège juvénal. Est-ce que le collège juvénal pourrait étudier la mise en place des projets, soit la proximité des maisons de jeunes du quartier, soit la proximité du tiers-lieu du quartier? Par exemple, partons profiter du développement actuel du tiers-lieu d'un quartier pour étudier les projets grâce à la participation du bénévole et du gestionnaire du tiers-lieu avec la participation des maisons de jeunes, que ce soit à proximité. Il est évident que dans tel projet, la préoccupation de l'hygiène est essentielle. Il donc, c'est important de garder la notion d'hygiène en priorité, adapter à l'évolution du projet par rapport à ces aspects. Que ce soit par le choix du type de produit à donner, par exemple, que des fruits, des légumes ou des produits formés. Conditions datées du mois dans le permis de temps. On sait soit par la mise en place de matériel adapté, par exemple, un grand armoire frigorifique ou plusieurs petits cases individuelles frigorifiques. Le collège juvénal pense-t-il que la ville de Luxembourg pourrait, avec ses services, accompagner ces précises d'hygiène? Un tel projet demande du temps et ne peut pas développer sans divers acteurs. C'est pourquoi il serait envisageable de tester cette année ces concepts, de soumettre, d'expliquer aux membres de commission de vie sociale, par exemple, afin de recueillir leur avis de guider sur le projet. Le collège juvénal peut soutenir et suivre cette idée en y impliquant le membre de la commission de vie sociale afin de donner une structure au projet. La participation des membres de la commission de vivre ensemble interculturel ne pourrait-il pas également être envisagée? En conclusion, et partant du principe que si autres communes le font, la ville de Luxembourg pourrait également. Le collège juvénal serait-il prêt à tester ce projet par une phase pilote dans un ou deux quartiers, comme par exemple le quartier où les tiers-lieux commencent à s'y développer? Le collège juvénal peut-il positionner face à un tel projet et adapter des réponses pour garantir un site? Je vous remercie. Merci aussi. Madame Kahn. Ja, vielmals merci. Merci auch der Madame Afonso für das Frohen, weil es waren da viel. Und merci auch für den Teil auf den Ordre du Jour zu bringen, weil das natürlich extrem interessant, so wie dir gesagt hat, wenn an die Vakanz fährt oder so, und nach Sachen am Frigo, für sie dann einfach mal weiterzugehen und den sich vielleicht nicht lichten kann, abkaufen zu gehen, für sich an den Frigo zu stellen, wenn dann ein Frigo hat. Also für mal direkt
Han nun zu fenken mat der froh, der hat gefrot fir ein Projekt Pilot ze man de gowet schon. Et war eng Privatentreprise zu Boneweg, die so Frigo installéiert hat, die auch selber elektrisch und so weiter bezuelt huet, dat muss wäschschulen, weil einfach ein Attroupement dun do war an dat huet net funktioniert och. An do si immer Johannes du stimme uns du auch selber an de Face wennst der Hygien einfach, weil kann ich natürlich net kontrollieren alles. Und das kompliziert. Lo ging ich aber nicht ausschließen, dass aber mal an einem Quartier eine Assoziation, respektive ein Tiers-Lieu, wenn die Lust hätten, die Experience nach einer zu machen, dass sie das Kind probieren. Das ging ich nicht so ganz ausschließen, weil ich meine schon, dass es wichtig ist, dass sie so Mann wie möglich fortpurt, dass sie gegen den Gaspillage alimentaire kämpft. Dann haben wir alle Guten eine Responsabilität, dann nicht mehr spät wie just für Gemeinderat hatte ich nach einer Diskussion mit einem Heibanden, wo gesagt das ist ja aber blöd, wenn alles sofort geheilt wird. Das ist schon richtig. Der andere Seite muss ich aber auch sagen, dass es nicht so einfach als Sache weiterzugehen. Ich kann mich erinnern, dass ein Scout viel zu viel Spaghetti gemacht hat, am Platz fortzubuchen und sie gemeint, sie gingen einfach an diesen Feuillis feiern gehen, an ihrem großen Döppen. Und uns am Feuillis gesagt, nee, das können wir nicht tun, weil du hast schon die Frau nicht respektiert aneinander. Und das hat für ganz große Aufregung gesorgt. Das ist aber schon relativ lang hier. Das heißt, die Hygiene, für allem das kalt, aber wir kommen aus der kalten Jahreszeit, das haben wir nicht so präsent, dass man etwas verdirben kann, wenn die Frau nicht respektiert wird. Dafür, ich ging so in Details, wo an der Theorie wirklich super ist, wo ich direkt d'accord bin, wie wo an der Praxis aber viel mehr kompliziert ist. Wie gesagt, das schließt nicht aus, dass die eine oder andere Assoziation oder Tiers-Lieu oder so mal nicht probiert, ein Frigo solidär zu machen, aber das müssen da Leute sein, die wirklich an der Straße sind, Terrain, die auch gucken, was da dran leidet. Ich so nicht schüss als Konklusion, wo den Frigo den solidär nicht mehr zu Boneweg war, da sind verschiedene Damen bei mir gekommen, so, sie gingen das aber schrecklich regretieren, weil das wäre aber praktisch gewesen, wenn sie hier Joghurten und so nicht alle Gierskrute für Verfallsdatum für das dann da dran zu setzen. Ich sehe das nicht nur ein Demento bei den Leuten, die das füllen raus, sondern das ist auch wirklich ein Demento bei den Leuten, die das füllen draufstellen. Aber dafür, ich ging es nicht ausschließen, aber das ist aber nicht so, dass wir vom Schafferrot aus wollen, so der Frigo und der Roter zu installieren, weil es einfach immens kompliziert ist, auch mit allem, was Hygiene angeht, davon aufgesehen, kann ich natürlich auch an die Epicerie Sozial gehen, an den Centboutique und so weiter, die wir natürlich auch alle Guten unterstützen hier in der Stadt. Vielmals merci. Merci vielmals. Und ich komme da ganz kurz auf meine erste Frage zurück. Ich hatte gesagt, ich gehe nicht nur die genau Bandegasbrech. Also die neue Bandegasbrech sind bis 1636 Wohnungen autorisiert. Also und da sind noch angemeldet schon 2743 Leute. Nämlich für die ganz präzise. Aber bei dem monofunktionell, also so ein industriell Gang, nicht die neuen. Und da werden es Projekte gehen, wie ich angedeutet tun, wo man die nächsten Monaten oder vielleicht Jahren können, auf die man näher zurückgreifen, die da angedeutet gehen als an dem Luxemburg in Transition. Da kommen wir dann einer zurück, weil nichts geht ohne die Gemeinderat. So, oder der allermeest op alle Fall. So, dann die nächste Frage. Das ist eine Frage von der Madame. Aber nee, ja, wen überhält ihr dann von der Madame Gasch? Herr Costa. Vielmals merci. Wie ihr wisst, überhält seit über 50 Jahren das SBL Kolping Lützeburg Sammlung für benutzte Kleider, Textilien, Schuhe überall am Land, und eben noch an der Stadt Lützeburg. An dieser Aktivität gouf wie an der Pressebericht gouf op den 31. Januar angestaltet. Genauso konnte an der Presse lesen, dass die Container nicht fortgeholt gehen, also sollen Bestand stehen bleiben. An dem Territorium von der Stadt Lützeburg gehen insgesamt 56 Container, wo die Kollegen aber sowohl von eben der Association Kolping wie auch von der ASBL et des Enfants Handicapés défavorisés de Luxembourg gemerkt. Meine erste Frage, wie viele Rezipienten sind dann an der Stadt davon affektiert, davon dass Kolping die Aktivität abhält. Wenn er die Information hat, wäre es interessant zu wissen, wie viel Kilo eigentlich wir haben in der Stadt gesammelt gehen pro Jahr. Genau, das wäre die erste Frage. Dann ist es so, dass dem Auffallgesetz noch die Gemengen müssen Gestion und Responsabilität für die Gestion von den Déchets municipaux ménagers zu assurieren, durch einen Fall eben noch Textilien.
Den Umweltminister gëtt an der Presse zitéiert, dass Gemengen am Moment am Gang wäre Gespräche mat den Subunternehmen ze féieren vun ebe Kolping fir d Kontinuitéit vun dem Service ze garantiieren. Du hast froh, wéi dat an der Stadt Lützeburg ausgesäit, wat eng Soluioun du vielleicht schon desideiert gouf oder diskutiert gëtt, wat eng de Schaffer do will Trick behalen, a bis wéi die Lesung soll ëmgesat gin. An zu guter Letzt ass nach so, dats Dofallgesetz och fir gesäit, dats Gemengen eng Verantwortung hunn fir d Bürgerinnen a Bürger iwwer Prävention, den Rëmbenutzen an der Recyclage vum Ofall ze beroden, dorënner eben natürlich och dann wat Kleder ugeet. Do wär még bis generell froh, wéi de Chef dat méi konkret bis lo schon ëmgesat huet, a wat du vielleicht noch zusätzlich geplant, dass vielleicht doch konkreten Aktionen denken hun Initiative fir Kledertausch zu machen oder vielleicht auch nach anderen Ideen. Vielmals merci. Merci auch, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Boymeschter, auch dem Herrn Costa. Vielmals merci für die Frau, die von der Madame Gaschai ganz gut gestaltet wird. Für dich mal, für das Antworten, wir sind den 2. März, die haben den 31. Januar abgehalten, also gehen wir davon aus, dass wir schon mal Zeit darüber geschafft haben, für Lesungen zu finden, und dass die selbstverständlich en Platz sind und dass die Container nach überall stehen, wo die Leute hier Kleider können deposieren. Bei dem muss wissen, seit 1991 als Kolping Lützeburg, wo sie an der Stadt Gezei sammelt, und hat an der Zeit, wie sie selber geschrieben haben, 54.354 Tonnen Gezei über die Container gesammelt. Wir gehen davon aus, dass das am ganzen Land ist, weil ein Territoire am Land ist ja abgedeelt gewesen, bisschen an die nicht 100% vom Land. Das ist aber so, dass sie schon seit enger Zeit nicht mehr selber Kleider ansammeln, aber dass das die letzte Zeit schon gemacht ging von Collabor und von Forum pour l'Emploi. Und muss ich wissen, wie historisch, wen Kolping eben organisiert hat, wen die Leute waren, und die Leute haben eben an einem gewissen Alter, vielleicht kein Relief gesagt, wir machen das nicht mehr. Und muss ich noch wissen, dass die Akteuren, die Marché waren oder die das alles gemacht haben die Kleider und Revendeuren verkauft, respektive stockiert und geguckt, wie die Reprise von den Textilien einen besseren Preis haben, wenn der Preis ganz tief war. Gemeinde Lützeburg wird an der Stadt 70 Containern. Davon sind 40, wo von Kolping angesammelt wo Kitas, die hier Sous-Traitants geschieht sind. Und dann haben wir aber auch nach dem Centre de Ressources, wo Leute können Kleider aufgehen, das entspricht ungefähr 6 Containern, sodass ich kann sagen, dass das Volumen von Kolping bei 46 Containern hier an der Stadt ist. Den Service wird weitergefordert von Collabor an Forum pour l'Emploi, aber ein bisschen andere Konditionen, weil es Collabor da ist das ganz transparent hingelöst und das so, dass sie eine kleine finanzielle Entschädigung brauchen, weil sonst die Rechnung an dem Sinn nicht abgeht, und das wird der Chef doch Anfang dem 2. Februar so dezidiert hat, dass wir eine Kollaboration geben mit Collabor angehen, für dass die Kleider können gesammelt gehen und wir haben noch nie etwas Ähnliches wollen. Das ist aber auch klar, dass wir eine Lesung, eine nationale Lesung brauchen, wie das ja nicht nur an der Stadt ansammeln und dafür ist auch permanent mit nationalen Akteuren konzertiert gehen. Kann auch nicht sein, dass die Stadt Lützeburg zwei Unitäten bezielt, wo andere sich nicht mehr bereit, eine halbe zu bezahlen. Das ist das einfach schon ganz wichtig, dass wir da alle Guten zusammen gucken, für das zu machen, was wir auch als Gemengen sollen machen. Und das geschieht auch die Konzertation. Da wir aber auch nicht vergessen, dass es eine neue Direktive gibt von der Responsabilité Élargie des Producteurs, die sogenannte REP, Direktive, die auch einkehren muss an nationales Recht gesagt gehen, wo es auch
Responsabilität eben von den Produkteuren geht, an wo die auch eine finanzielle Verantwortung sollen überholen. Und da muss man gucken, was dann du rauskommt, das nicht für Haut oder für Mur. Und das ist natürlich auch so, dass wir intern gucken, ob das ein Service d'Hygiene ist, respektive zusammen mit dem Délégué à l'Environnement, was man von Möglichkeiten nun vielleicht den Reuse bei der Kleidersammlung auch zu machen, wenn ich aber weiß, dass wir Haut Akkorden haben mit Tiersakteuren, da können wir denen nicht die Kleider wegholen und da vielleicht die Bestecke holen, für das wir vielleicht ein Marché solidär von den Kleidern machen. Ich will aber so, dass wir Lorem und Leute können sich bis zum 10. März ummelden, alle Monate vom 1. bis zum 10. ummelden für die Wied-Grenieren matt zu machen. Und da können die Leute selbstverständlich auch Kleider verkaufen, die sie nicht mehr brauchen, wenn man natürlich neue Solutionen haben. Vielleicht auch, wenn man neue Centre de Ressources, die wir kriegen, wenn wir da eine bessere Solution haben, dann wird man die natürlich en Platz setzen. Aber für den Moment kann ich euch versichern, dass die Kleidersammlungen weiter gefördert gehen und dass ich doch keine Sorge mache. So nicht merci. Merci auch. Und dann noch eine letzte Frage für heute, die eine gewisse Aktualität hat, die von den Apple. Madame, wen hat sie gefragt? Madame Brun. Merci vielmals für das Wort. Ja, effektiv, das ist eine Etude, die im Januar nicht just in Lützeburg, sondern insgesamt publiziert. Pardon, war der Mikro fort. Meine Etude, die Pesticides Cocktail PFAS and Neurotoxins in Most European Apples als Titel hat, an die eben publiziert wurde, auch hier zu Lützeburg, weil du festgestellt wurde, dass an den Proben, die an der Sicht wurden, eine Reihe Pestizide notzuweisen war. Also die Äpfel, um die es geht, das waren Äpfel, die konventionell allerweise produziert wurden, an die bis 7 verschiedene Pestizide, an denen 7 Pestizide nur zu weisen waren. Das ist alle gut bekannt, dass Pestizide ein Gesundheitsproblem mitbringen und das geht besonders für Kinder, die noch an der Entwicklung sind, wo nämlich dann von einem negativen Impact auf die neurologische Entwicklung schwätzt. Der Rapport, den publiziert wurde, den hat an eigens auch eine Rekommandation gemacht, nämlich die, dass die Autorität publik sollten, wenn es gelieft, den Älteren von kleinen Kindern die Informationen mitgeben, möglichst nicht mehr biologisch produziert Äpfel zu kaufen, respektive Kinder zu essen zu gehen, ebens weil den negativen Impact auf die Gesundheit vom Kind kennt da sind. Ich ging nur gerne wissen, was das bedeutet für als Krächen an Schulfoyern von der Stadt Lützeburg, wo Kinder ihr Obst proposiert kriegen, und du willst du nicht die folgenden Frohen und der Schöfferrot. Hört dir als Schöfferrot präzise Informationen dazu, wo du am Fond, aber natürlich auch gemäß hier könnt, was an den Krächen und an den Foyern serviert wird. Wie heiß hast du 100 den Undeel von konventionell produzierten Obstergemäß par rapport zu biologisch produziertem Obstergemäß, sowohl was frisch gemäß Obst geht, wie auch was schon präpariert Produzieren geht. Kann der Schöfferrot garantieren, dass an Eisefoyen, an Krächen, kein Kind einem Gesundheitsrisiko durch den Konsum von frischtener Gemäß aus konventionellem Umbau ausgesät ist. Und da wir mich froh eben auch, ob der Schöfferrot nicht aber der Meinung ist, dass es besser ist für das Mittagessen und auch für die Kollation exklusiv auf biologisch hergestellte Produkte zurückzugreifen. Das ist am Sinn eben von der Gesundheit von den Kindern. Vielmals merci für einen. Merci auch. Herr Galles. Ja, merci Madame Bürgermeister, merci Madame Brömmel für die Frage. Das ist ein bisschen drin, mich schon eine Reihe Diskussionen, die wir schon in der Chambre hatten und in der Umweltkommission, wie wir über eine Reihe von den Rapporten doch gespart haben, muss ich etwas Grundsätzliches so ehrlich nur an Detail gehen von der Frage. Grundsätzlich ist es so, dass wir heute zu Lützeburg immens viele Kontrollen haben, was eben obstergemäß angeht, überhaupt als Lebensmittel, dass es für die
Lebensmittelgrenzwerter gibt, für Belastung, und dass wir unter den Grenzwerter leihen. Das heißt, dass an dem Moment, wo die Grenzwerter nicht erreicht sind, es eigentlich auch nicht toxisch ist. Das heißt, das tatsächlich, ich verstehe, dass es ein sensibel froh ist, und da sind sich auch nicht so damit rausreden, weil zum Beispiel ein froh sich immer im Stellt ist, wenn eine Reihe von Pestiziden zu summen auf einer Platz, also die sogenannten Cocktail leben, ob das nicht aber ein Gesundheitsrisiko kann birgen. Lass es so, dass hier als Grenzwerte, so wie wir sie im Moment definieren, auch wie wir sie hier eigentlich schon so definieren, dass es aber mengenisch keine Zweideutigkeit zulässt, dass die Grenzwerte aber bei weitem in der Schrott sind, und dass wir dafür mengen, dass wir hier an der Stadt Lützeburg eigentlich kein Gefahr laufen. Froh ist trotzdem berechtigt und wichtig. Ich meine, just wird nicht berechtigt werden, weil Alarmismus zu treiben, das ist eine Antwort, die wir auf dem nationalen Niveau koten, und ich meine, dass man da auch auf dem kommunalen Niveau muss gehen. Wir haben auch, also das Landwirtschaftsministerium hat auch damals ein Kommuniqué dazu herausgegeben, DALWA, das die Assoziation von anderem der Veterinären, hat auch da eine Stellungnahme dazu geholt, l'Administration vétérinaire et alimentaire luxembourgeoise, die auch so, dass wir hier kein Gefahr laufen, und dass wir, dass heute zu Lützeburg all als Apple den Exigenzen, die en vigueur sind, entsprechen, und dass an den letzten 16 Jahren kein chinesischer Lützeburger Apple dabei war, den irgendein Cocktail bzw. eine Präsenz für Pestiziden präsentiert hat, die nicht konform gewesen wären. Lo habe auf die Stadt Lützeburg geguckt, dort nur der Kreisstand oder der Foyer Scolaire gefragt. Wir schaffen da mit einem externen Prestataire zusammen Signa, für nicht zu nennen, die eben mit uns zum Beispiel Menüner schaffen. Ich meine, wir hatten noch eigentlich schon an einem Mann Kader heute darüber geschwärzt am Gemeinderat. Da stellt sich auch die Frage, wie viel Vitaminen, wie viel Kohlenhydrate und so weiter und so fort. Das heißt, hier Aufgabe ist eigentlich, dass diese für die Kinder an den Kreischen und den Foyer Scolaire so gesund ist, wie nicht mehr möglich. An eng vor die sich eben auch stellen, als die von Bio-Produktien a konventionelle Produktien. Wir halten uns an unseren Konsignen, die wir aus Signal gehen, und die Konsignen, die am PAN Bio 2025 stehen, das sind Rekommendationen, die für uns Häuser dann eben nicht schwer sind, mehr eine Obligation. Wir haben zwei Prestataires, die für uns kochen. Einerseits ist das Sodexo und andererseits Dussmann. Sodexo hat eine Zentralküche für die Kirchen, wir noch just eine Zentralküche, durch die 6 Häuser beliefert. Aber der Foyer Scolaire Nummer 7 Zentralküche, 6 davon gehen von Sodexo, betrifft dann eine von Dussmann. Das sind immer öffentlich ausschreiben, das heißt, den dann in dem Moment, dem am besten entspricht, was wir brauchen, den wird dann noch geholt. Dafür ergibt sich eben noch, dass da nur 2 sind, kennt noch 3 oder 4 sind. An die haben als eng Viergabe auch am Cahier de Charge, den überall selber das, an den verbindlich ist, haben sie dranstehen, dass sie 50% vom Prix d'achat von allen Produkten muss Bio sein. Wie sie die ja wohl andelen, das ist hier schwer. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr nur Produkt kaufen geht, die relativ teuer ist, zum Beispiel Fleisch, Biofleisch, dann hat den also natürlich mehr sicher auf die 50% Prix d'achat, wie wenn ihn davon just an dem Sinn zwischen physischer Apple kaufen. Für euch zu sagen, also Dussmann hat das, also alle guten Antworten ragin, Dussmann sieht, die sind seit 4 Monaten, also sie haben 4 Monate analysiert bis Ende von 2025, wo sie responsabel waren. 41% von Apple sind Bio, an 59 sind konventionell, Origine sind Belgien, Lützeburg, Frankreich und Deutschland, an 42,7% insgesamt von den Früchten an den Gemäß als Bio. Sodexo für die Foyer Scolaire, ich schwätze von den Foyer Scolaire, Dussmann ist ja just bei der Foyer Scolaire, bei Sodexo Foyer Scolaire 80% Apple Bio, 20% konventionell aus den Ländern, die ich genannt habe, plus Italien, insgesamt 57,2% von den Früchten am Gemäß insgesamt. Und dann noch bei den Kreischen, da haben wir ja just Sodexo, und die haben da 95,7% von allen Äpfeln, die sie Bio, 4,3% sind konventionell, also sie sagen sogar, die holen wir just an dem Moment, wo Bio aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist. Weil ich meine, dass die Zahlen dafür schwätzen, dass
sich engerseits und de Kahier de Schachschalen, dat das klar, an andererseits aber auch gut oppassen. Ich muss auch wirklich so aus meinen Erfahrungen mat denen Prestatären sowohl Zegner wie auch Dussmann als Sodexone sto vertrauen, dass sie sich die Prinzipien halen, die man hin als Exigenze mat op de Weg gehen und am Kahier de Schach, dass eben dat liefere wat mir von hinne frohen. Voilà, merci vielmals. Ja, vielmals merci. Und ich meine, wir gehen dann auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour kommen. Wir kommen auf die anderen Fragen nächste Kehr zurück. Ja. Merci, Madame Boy-Meester. Ja, es waren effektiv noch ein paar Fragen, die wir so gestaltet haben. Ich wollte von allem darauf hinweisen, auf die enge Frage, wo das Lizenziement vom Direktor von der Luxexpo geht. Wo ich schon aber fand, dass es eine gewisse Aktualität ist. Und ich gebe auch versichern, dass es ganz kurz nehmen. Herr Benoit, kommt. Doch für zu weisen, dass wir holen die direkt für und ich bin ganz schnell mit der Antwort fertig. Und dann sind ich auch ganz schnell an der Frage. Voilà. Voilà, bon, zu den aus den Nachrichten, aus den Medien lässt vorheben hören, dass der Conseil d'Administration von der Luxexpo, wo die Stadt Lützeburg auch dran ist, den Direktor lizenziert hat, dass nur dem 8 Jahre da ist. Bon, die Luxexpo, die wirst mit immer Diskussionen haben, wo die Stadt Lützeburg auch mal dran ist. Da geht relativ viel Suche, gehen da Dragestach. Gleichzeitig ist aber immer die Fragen, die sich abwerfen, wenn es da Infrastruktur um Sitz selber an dem neuen Sitz. Dafür wollten wir von Ihnen einfach wissen, war das den Grund gewesen vom Verwaltungsrat für den Lizenzierment? Gab es Diskussionen am Vierfeld? Wie geht es kurzfristig weiter, wenn du keine Direktion hast? War das das Profil von einem zukünftigen Direktor? Und hört sich an den letzten Moment par rapport zu dem Moment, wo wir heute diskutiert haben, von der pure Main, in der Situation, respektive in der Strategie von der Luxexpo, respektive der Perspektiven geändert. Da geht es Neues zu sagen zu der Frage vom Sitz von der Luxexpo. Ja. Merci. Ich kann noch ganz kurz sein. Ich kann noch mehr kurz sein. Ich kann noch mehr kurz sein. Herr Bönner, das ist eine Frau, die nicht an neue Kompetenzen fällt. Ich bin aber froh weiter und der Präsident von der Luxexpo, an das, was uns schreibt, gehe ich gerne weiter in dem Moment. Madame Boy-Meester, wir sind einfach am Verwaltungsrat von der Luxexpo. Wir sind nicht da, wir können nicht hier an der Gemeinde, weder so wie da an der Chambre, als wir können nicht hier an der Gemeinde über Decisionen von einem Conseil d'Administration, auch schon gut nicht, wie das weitergeht. Wir dezidieren hier nicht, was den Conseil d'Administration von der Luxexpo für aus welchen Ursachen sie entlos hun, weil dat riskiert jo egal wie eng Gerichtsaffäre zu gehen, an dat das nicht tun uns, an da braucht mir nicht eng weder so oder so zu so, wen du recht tut, beim besten Willen, dat as nicht an eisem Kompetenzfeld. Aber wie gesagt, ich ging Brief Telkel, also Brief erfroen, Telkel und der Präsident von dem Conseil d'Administration weiter, an dat werden uns antwort, engagieren sich ihr Staat heute so. Voilà. Merci dafür. So, hätten wir die auch noch, da gingen wir los, aber ganz bestimmt. Und den nächsten Punkt kommen dann, das sind Zirkulationsfragen. Wird Ihnen dazu ein Wort? Das ist erstaunlich. Herr Benoit, ja. Herr Boissante, Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boy-Meester. Ich habe 2 Punkte, auf die ich kurz will angehen an diesen Zirkulationsdispositionen und geht um 2 Fragen aus der Aktualität, die nicht direkt zu Reglement zusammenhängen, aber denke ich, dass da versteht, dass ich die kurz für den Chefrat stellen. Die erste Frage ist die, wir haben gerade das Chantier, der lebt rund um die Place Jeanne d'Arc. Wir haben schon heute darüber geschwärzt, dass ein Chantier, den direkt neben einer Show leitet, und also ist es wirklich ein Platz, wo ich muss partikulièrement gut aufpassen, wie das du gerade während dem Chantier die Situation von den Fußgänger geregelt ist. Und du gehst gerade am Anfang vom Chantier, muss ich so, war das nicht gut gemacht. Das aber du, nachdem es reklamiert ging, als von Älteren relativ sehr verbessert ging. Du will ich dann dem zuständigen Service wirklich vielmals merci so und dafür, aber gleichzeitig auch den Chefrat appellieren, dass ein Chantier, der nach einer Zeit wird laufen, also los den nicht einfach so, du gehst du wirklich hin und guck den anderen abzuhalten, weil du ganz viel Kanner all Tag lernst, wenn
ganz an die Schule gehen. Dafür ist es wichtig, dass wir da extra gut drauf aufpassen. Gleichzeitig wollte John Enker nachfragen, Mengen Informationen noch hat ein Komitee von den Älteren von der Schule, also von der Demi Schlechter, ist geschrieben, für justement über das Reaménagement zu schwätzen, die gerade am Gang ist, Reaménagement, die meine Fraktion kritisiert hat, wenn man mengen, du hätte können nach mehr machen. Also gebe ich wirklich und ich appelliere, guck dir Stadt von der Schrift unsetzt sich mit den Älteren zusammen an, wir geben nicht wirklich begrüßen, wenn die Plan nach Enker gibt, ob dem einen oder anderen Punkt verbessert gehen, das en vue von mehr Verkehrssicherheit von den Schwestern, Fußgänger, also den Schüler. Dann haben wir letzte Woche zu unserer großen Freude, und dafür will ich dem Patrick Goldschmidt, Mobilitätschef, auf dieser Platz wirklich felicitieren, und merci so, gerade auch für den ganzen Chefrat, haben wir mitgekriegt, dass da 8 echt Velosachsen, suite à l'étude GEL, wird wollen umsetzen. Das fanden wir ganz gut, das können wir wirklich nicht mehr begrüßen, und ich felicitieren und auch unterstützen. Das sind 8 Achsen, die wirklich gut sind. Es sind zum Teil Sachen, muss ich natürlich auch sagen, die wir schon jahrelang gefroht haben. Es sind auch zum Teil Sachen, die wir Motionen deposiert haben, wo du hast gesagt, das geht nicht, vergiss das und so weiter. Das an der Reihe, wir sind von allem froh, dass es könnt, auch wenn natürlich ein bisschen mehr frei schon hätte können kommen. Mit Hauptsache, es wird gemacht. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel der Boulevard Roosevelt, der so sollte umgesetzt gehen, wie wir ihn eigentlich auch vor Jahren schon genauso proposiert hatten. Mit Hauptsache, es wird gemacht. Gerade so gut will ich dann aber auch so wenn es 8 Sachen gehen, die umgesetzt gehen, da gehen doch ein paar Sachen, die nicht umgesetzt gehen. Und dazu gehören aber Plätze, die auch gefährlich sind. Ich muss das einfach nicht sagen. Die überrascht dich auch nicht, dass ich Trüde Sobepin nach einer abwerfen. Das ist ein gefährlicher Platz, wo aber ganz viele Leute benutzen. Und auch da hat man ganz konkret Propose gemacht, wo ich etwas kann machen, dass die Sachen, die an die Richtung gehen, wie sie auch proposiert gehen, wie das sie Wert machen. Also guck dir, wann schrift das einfach an, zieht da die gefährlichsten Plätze 4, guckt auch da sehr etwas zu machen. Dazu gehört zum Beispiel Trüde Sobepin. Eng einer, die wichtig ist, dass die an einem von unseren größten Quartieren ist, das Bohneweg, Trüde Revier, da hat eine Velosstraße von ein paar Jahren gemacht. Das ist einfach eine Velosstraße, die den nicht verdient. Du hast viel Trafik, es gibt gefährliche Situationen da. Also mengen wir, dass es auf so einem wichtigen, grossen Quartier wichtig ist, dass sie nicht nach ein paar Jahren wartet, dass sie schon etwas da umsetzt. Und auch da hatten wir eine ganz konkrete Motion gemacht. Und ich meine, das beste Beispiel, was weiß, für was, dass sie da etwas muss machen, das ist die ganze Aktion, die passiert ist während der Critical Mass vu Pro Velo, wo ein Accident gouf von einem Autosfuhrer mat Cyklisten wo den Autosfuhrer sich nicht bewusst war, dass ein 100 Cyklist muss bleiben. Dat Kokasen der Situation wird Polizei nur selber, die nicht wusst, wie die Reglementation in einer Velosstraße ist. Also das weist einfach, dass das nicht das adaptierte Instrument auf der Platz ist. Das ist ein Platz, die gefährlich ist, das ist von den größten Kartien. Also gib mir wirklich Bierden, guckt ihr Stadt auch mit frei ein Gewannschlift und an nicht recht, wenn die 8, die der Lomat für den ich wirklich felicitieren, von der umgesagt gehen mit Zitat 4. Und dann, den Herr Goldschmidt weiß, da steht Olo Nenker froh, wir wären froh, wenn wir irgendwann an den nächsten Wochen auch die ganze Etude als Conseiller zur Verfügung gestellt kriegen. Eine Etude, die ein ganz renommierte Büro gemacht hat, aber die nicht just im Chefrat, mit dem ganzen Gemengerat soll zur Verfügung gestellt gehen. An dem Sinne sage ich vielmals merci und ich freue mich auf die Antworten von Mobilität schaffen. Merci, Herr Boissante. Ja, vielmals merci für das Wort. Herr Bönner hat schon ganz viele Sachen gesagt. Effektiv, wir begrüßen noch die großen Velosachsen, die kommen. Und als Böhnewieger war das auch ein Teil von unserem Programm, wo wir von uns auch freuen, wenn die Extension von der von dem Wöllen de gewisse Ginas lo für eine paar Wochen auch Quartier Böhneweg an Hamm gif durchgezogen. Mehr Intervention als natürlich über die verschiedenen Punkten, wenn wir enthalen, wo den Achse von der Pieton und von geholt während Chantien verbieten wird. Und ich wollte auch weil ich weiß, dass Alkeiers, dass das immer so heierst du als kleine Witz oder willst du so als Prinzip geteilt, am Gemengerot geholt als Position. Ich gehe jetzt ein Beispiel von einem ganz besonderen Chantier, wo ich an der letzten Woche 2 presque Accident gesehen habe, ganz wichtig, an der Rue de l'Ancien Athénée, bei der Kathedrale. Da ist ein Container auf dem Trottoir, den ganzen Trottoir von Gehol Passage vermeidet. Da gehen Pieton und Touristen, weil das ein größter touristischer Platz, die gehen auf der Velosweg, die sind
Ich kann mit seiner Mann die Bahn von einem Velo überrand gehen, weil das Velo gesinnt nicht, dass es nicht gut gemacht ist. Mit den Fußgänger als die echt Opfer an unseren Staaten. Und das ist eine ziemlich gefährliche Situation. Das wird auch gestimmt für die Interdiction von den Fußgängern. Das heißt, wo der Container da liegt, hätte ich müssen, und gebe ich so, wir hätten einen besseren Platz finden. Und da, wenn es enthalten wir als Kreier, wir wissen, was sind die Kriterien, für das einem Entrepreneur gut zu gehen. Wir mengen, wir könnten noch ein bisschen mehr kritisch Blick haben, für was wir Trottoiren und von Geholt nicht freihalten, an Fußgänger, an Gefahr setzen, an so einem Fall. Aber merci, dass der Wunsch schläft, dass weiter in uns ganz kompetente Service gehen, dass die Platz ziemlich gefährlich ist. Merci vielmals. Und ich schon per E-Mail die verschiedenen Artikel, die wir enthalten, weitergehen. Merci vielmals. Merci. Herr Binner hat eine Zusatzfrage. Vielmals merci, Madame Boymeester, dass Antworten gibt. Ich schon etwas, man nach notiert, den dritten Punkt, wo ich meine Schrift nicht gelesen habe, mit das mal auch angefallen, Madame Pulver. Ich darf es wohl aber dafür mitgehen, dafür das ganz fein, dass man Antworten gibt. Bourmonsgas, die wird gerade hier frisch gemacht. Und du hattest schon ein paar Mal signaliert, dass bei den Potten, die wir haben, die gestaltet gehen, so eng bei sind, dass sie zum Beispiel mit einem Tool oder mit einem Cargo-Bike Schwierigkeiten nicht durchzukommen. Wie du das schon gesehen hast, dass du ein Chantier hast, wo du statt nein kann man auf den Weg gehen. Ich hatte das schon ein paar Mal signaliert, dass wenn die Potten gesagt gehen, dass sie aufpasst, dass sie auch gut da durch könnt. Ich wollte das eigentlich so tun. Merci. Merci. So, logi wir dann dem Herrn Goldschmidt. Den sich los zufrieden, die wird all die Komplimente, die gemacht hat. Ja, das ist auch neidisch. Herr Goldschmidt. Merci, Madame Boymeester. Merci, Intervenant. Ich bin froh bei den Zirkulationsmesuren, wo so wie ich sie auch gelesen habe, dass nicht extra dabei war, dafür ist auch kein Froh dazu kommen. Damit wir trotzdem gehen ich aber auf eine Remarken an. Schön, merci für die ganze Chefrot, weil das der Chefrot, die Mathe gedrohen haben, an Details lo, für der war ein jetzt wiederholen, für die nicht an der Kommission, wo an die vielleicht auch nicht an der Presse tun. Nur der Mobilitätsplan 2035 stehen wir für die Stadt Lützeburg gemacht und summen du hast eben auch wolle dran gewirrscht, dass man eine Etüde, zusätzliche Etüde, die wird Mobilität ausmachen, an also Velosreso enke Gesamtanalyse los war op spezifischen Punkten. Dat wir ausgeschrieben an dat mat dem internationale Büro ammer dem Lützebauer Büro ammer da Service dann auch iwwer die Läch kann den 16 Meint analyséiert. Aus den ganzen Analysen also auch ein Rapport gemacht, ein Gesamtrapport. An den Gesamtrapport den hatte ich noch nicht Gelegenheit, den am Chefrat zu präsentieren, mit den ist fertig. Und so wie ich dann der Kommission, so wie ich dann der Pressekonferenz gesagt habe, wird der Rapport ganz publik gemacht, da wird nicht verstoppt. Das ist ein Rapport, wie ihn eben von den Büro an Service gemacht ist. Da sind noch mehr Proposen dran. Und dann gucken wir über die nächsten Jahre, an Horizont 2035, was wir da nach alles können umsetzen. Wir haben effektiv acht Stecker oder acht Planchen, wo man gesagt haben, das wollen wir lo machen, also an die Exekutionspläne sind am Gang gemacht zu gehen. Da muss die Voirie gucken, wenn es das umgesetzt wird. Das ist sowohl für Fußgänger wie aber auch für Velosfahrer. Das ist nicht, wenn die Dote gemacht sind, das nicht auf anderen Plätzen, wo sowieso Arbeiten sind, dass da Ameliorationen werden kommen. Zum Beispiel True des Aubépines ist nicht an dem Kontext geguckt, mit True des Aubépines schaffen Service, aber drunter für eine Lesung zu finden, am Bierjob vom Kreuz Grünchen aus bis auf der Straße, weil man da eventuell den Raum finden, für das der Velo kann mir gesichert den Bierjob fahren, am Bierjob, weil mehr weit ist, dass das mit dem Verkehr gut möglich ist, so aber direkt könnt dann op der Erler Strosun, wo lo keine separat Infrastruktur do hast stand haut. Wann die Doten aber schon do hast, dann vielen Velosfahrer schon viel mehr sicher, wann du opkommen, so dass so Punkte wird beikommen. An denen Etüden hast natürlich auch die Velostroße geguckt gehen, an der Etüde auch geguckt gehen oder Suggestionen gemacht gehen,
was kann in an enger Rue des Treviers machen. Und noch da hat der Chefrat décidéiert, wir schaffen den Mesure d'apaisement für den ganzen Quartier Boneweg, den wir dann auch wollen präsentieren. Da sind wir noch nicht so weit, für dass wir intern mal genau wissen, wie wir, weil Boneweg ist selber so groß, dass es eng von den größten Städten wäre am Land, wenn sie allein wären. Ne? Das heißt, ich kann nicht einfach alle Straßen blockieren und die Leute riesen Umwehr machen. Natürlich, ein Apaisement ist immer ein bisschen Umweh. Und an dem Kader wird auch dann ein Rue des Treviers geguckt gehen, wie auch generell Velostraße. Zu der Velostraße will ich folgendes sagen. Die sagt ja immer, Herr Benoit, die hat oft Sachen proposiert, die wir da machen, mais très bien, wenn das. Wir haben noch darauf aufmerksam gemacht, dass die Mesuren zu den Velostraßen, wie eben der Minister, der demalige Minister, sie proposiert hat, extrem restriktiv sind, aber wird ganz schwer sind für umgesetzt gehen. Und das war eben hauptsächlich, wie streng restriktiv die Velostraßen heute zu Lützeburg sollte sein, dass sie nicht die überholen, auch nicht, wenn einen Aufstand von 1,5 Meter oder wer auch immer wird anhalten. Und damals hat auch hier am Haus gesagt, und hat auch der Minister gesagt, dass es am Ausland der Velostraßen andere Regeln gehen. Das war aber hier nicht gewünscht. Und da wurde da auch relativ schnell klar, dass es extrem schwer ist, dass die Leute hier am Land alle gute wissen, wie eine Velostraße funktionieren wird, wenn da sonst 2 oder 3 hier am Land gehen. Aber wenn die nicht damit konfrontiert sind, wenn die nicht alle Woche eine größere Klammer an der Zeitung hat, für zu sagen, wer eine Velostraße ist. Ne? Das heißt, am Bierjob, ich meine, die von Boneweg, sie wissen besser, wir als Städter kennen die Straße, zum Schluss geht es Bierjob, und noch mit einem Elektrovelo geht es aber auch da los. Und da könntet mal 4 auch oben oder wie auch immer, da sind dann der Velos für überhält, das ist die Mesure nicht gut, aber nachher sind wir nicht zufrieden generell. Wir machen ja die Analyse von all den Projekten, die sind en cours, das können wir eigentlich schaffen und da muss man gucken, was wir da machen, ob wir die Straße ganz abheben, bis wir eine bessere Solution haben. Aber natürlich, wie immer, kommen wir da auch an die Kommission, da werden wir da darüber informieren. Das mit der Rue de l'Ancien Athénée, ich verstehe das, ich meine, da waren da eine Party von den Entrepreneuren, die sich nicht und das gehalten und was dezidiert haben, dass sowohl Container da wo wie auch Kamion da waren, dass es wirklich nicht möglich ist, wo ich da längst zu kommen als Fußgänger, da haben wir sie da rappeliert. Ich muss aber auch so, wenn man ein Chantier zwischen, egal wo das an der Stadt ist, da muss man gucken, für auch denen, die wollen, Chantier, die wollen Umbauarbeiten machen, für das die nötige Platz für den zu machen, aber so sicher zu machen für alle Usager, ob das Velos vor als der Fußgänger, eben all denen, du musst längst kommen. Ich werde das nicht machen, gucken, ob hier alles so gemacht ist, wie wir es gefragt haben, und dann mit am nächsten Gemengerot ein Kehr darüber zurückkommen. Für den Moment wünsche ich merci für den Nullstrom. Merci, und ich habe das noch geguckt, mit der Rue de Mischlechter, das sind nicht die Eltern von der Schule, die etwas gefragt haben, das ist ein Herr, den das gefragt ja, also der erste Bericht, also bei den Menschen, die wir haben, vom 20. Februar, den Highlight, und das ist, weil gefragt wird, die Leute kommen nicht gut an ihre Garagen ran. Ne? Ja. Nicht mehr viel zu sagen. Wir haben aber auf jeden Fall nicht. Von der aber ich an den wir noch nicht gut, da geht das. Nee, ich gut kennen. Ja, ich weiß aber von den älteren Vertretern, dass sie am Januar geschrieben haben. Wir dann so nicht stehen, die wäre vielleicht nicht kommen. Oder ja. Soll nicht gehen, dann geht die reisen. Voilà. Oder sie schicken ihr schon ein. Das müsste schon klappen. Ich gehe dann aber weiter. Voilà, merci. So, dann stelle ich also für die Maßnahmen zum Wort, wo die sozialistische Fraktion sich enthält. Wen ist da mit d'accord? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Voilà. Und dann wollen ich all die anderen Maßnahmen, wen ist da mit d'accord? Merci, Kinder, kein Kind. Merci, dann haben wir den Punkt fertig. Da kommen wir bei dem nächsten Punkt, Konventionen. Ich so nicht für den Herrn Costa, weil es sein nächste Gemenge rot ist. Wir haben gewünscht, all die Konventionen haben ja ein Numero. Und dann frage ich am Anfang, wie willst du wie ein Numero schwätzen? Muss ich also sich den Numero angucken. Ich meine, die Crew doch schon gesagt, dass die Nummer 7 raufgeholt ist, weil den eben noch nicht von den anderen Parteien geschrieben ist. Das ist nicht ganz wichtig, muss aber richtig sein, ihre Italiener kennt. So,
Da frage ich also, wer will zu welcher Nummer schwätzen? Madame Brümmel? Zu Nummer 1, Wandschlift. Ja. Madame Costantini? 12. Ja. Dann haben wir das Le point 9. Le 9. 9. Ja, Madame Ranka? Numéro 12, s'il vous plaît. Boissante? Nummer 6 Wandschlift. Madame Müller? Nummer 12, Wandschlift. Und dann Heidi Herr Werner? Auch 12. Okay. Werner 12. Und Madame Alfonso? O primeiro. Okay. Nummer 1. So, kann ich dann davon ausgehen, dass man mit all den anderen d'accord sind? Ja, vielmals merci. So, da kommen wir also bei Nummer 1. Madame Brümmel. Vielmals merci für das Wort. Ich war ganz froh zu lesen, dass Stadt Lützeburg der Gastfrischer Poer den Porsaal aufkäft und dafür 350.000 € an die Hand hält. Der Porsaal ist nämlich schon mal Blick, man schwickt den einzigen großen Saal zu Gastbrüch, wo Veranstaltungen stattfinden können. Und viele von den Parteien, die hier am Gemeinderat sind, erinnern sich vielleicht auch mal schon, dass sie eine Wahlveranstaltung da organisiert haben. Aber der Saal denkt natürlich auch für andere Sachen, Kannerflohmarkt, Kabarettsabend, Fester, Privater und so weiter. Und für eine längere Jahre ist der Saal dann auch schon manchmal bisschen mehr adaptiert gehen, für das auch Leute mit eingeschränkter Mobilität Access haben, Zugang haben. Beim KAF, wenn ich das richtig gelesen habe, aus dem Rapport von der Kommission des Finanzen, was auch hier am Budget steht, wird Gemeinde dem Quartier Gasbrich eventuell ein Centre kulturell proposieren. Das fand ich ganz begrüßenswert, weil es auch schon lange gefroht ist. Die Platz liegt zentral, das Möglichkeit wirklich auch da mit dem Rundherum für eine Flottgestaltung zu machen. Am Blick fand ich viel Parkplatz da, das ist nicht so super. Und ich meine auch zu wissen aus dem Quartier, dass der Besoin da ist für so Räumlichkeiten, ob das ein Yogaskur ist oder Theater oder Gesang, Kacheln, vielleicht auch Sprachekuren, alles das könnte sicher stattfinden. Aber natürlich, und ich meine, das wisst ihr auch, soll es leider an die Jahre kommen, an eine Modernisierung, man schmiest aber dann auch wirklich an die R gefasst gehen. Weil auch dazu nicht am Dossier Fond zu finden war, wollte ich aber davon profitieren, für zu fragen, ob da schon mehr konkret Plan hat für dieses Projekt und auch was für eine zeitliche Perspektive da an die R fasst. Ob der Schöfferrot da will es wird für die Akteuren aus dem Quartier mal anzubannen, für dass ein Lebensplatz entstehen kann, an einen Platz, die da so etwas wie ein Quartierszentrum ist, viel Flexibilität ermöglicht, an sicher auch den viele Leute, die auch am Bande Gasbrüch beikommen, für die eben auch da mit anzubannen, für die zwei Quartiere, die zwei Bereiche vom Quartier besser zusammenwachsen zu lassen. Wir stimmen dieses Projekt ganz gerne mit. Wir geben uns natürlich wünschen, dass man nicht zu viel lange Jahre warten muss, bis das auch dann realisiert ist. Merci. Merci, Madame Alfonso. Merci, Madame la Bourgmestre. Madame Brumel vient de dire tout ce que je pense dire, mais je voulais ajouter 2 points. Est-ce que les communes envisagent-ils de faire un tiers-lieu dans un bâtiment? Quoi? Un tiers-lieu? Oui. Ok. Est-ce que les cuisines seraient-ils inclus pour faire du café, de servir l'autre boisson? Merci. Merci. Eben, ich meine, ihr seid so froh wie mir, dass wir endlich konnten effektiv das Porhaus hier kaufen. Ich meine, das ist eine Reihe von uns bekannt. Sie wird, dass sie hier Versammlungen aufgehalten und dass sie Theater auch mal gucken war. Und das aber, wir haben schon für lange Jahre ganz leicht, hat man hier verbessert, also renoviert. Aber die Renovationen, die hier stehen, die sind effektiv aber
die sie wirklich unerlässlich gehen. Die müssen gemerkt gehen, an wie dat sie nicht dat konnten, an mir nicht könnten an einem Fremdenhaus können so viel Depense machen. Sind wir froh, dass wir eben endlich die Lesung von tun, dass wir es kriegen, und dann machen wir es, wie wir das gewinnen, aber ordentlich. Ja. Das heißt, wir müssen dann aber die Renovation, also es gibt eine Renovation, es gibt nicht aufgeräumt, es gibt einfach eine konsequente Renovation, dass aber alles Niveau von der Sicherheitsmaßnahmen fertig ist. Und dann soll den Saal gehen, den effektiv opbaut, für die Leute. Lo nennen wir das Centre kulturell oder Tiers-Lieu. Die meisten Centre kulturelle sind noch Tiers-Lieu, wir werden das dann effektiv mit eben noch den Assoziationen von Gasbrich gucken. Mit soll aber ein Raum sein, weil das ist ein schöner, grosser Raum. Das ist wirklich aber ein schöner, grosser Raum, nicht so groß, so am Anfang. In Lützeburg ging so ein himmlischer Raum, wo ich aber kann zu enger 100, 120 etwas Flottes dran machen. Das heißt, zu summen, und aber auch, das nicht nur für einen Zweck. Ich meine, es muss opsen für eine Reihe Aktivitäten. Und soll natürlich auch ein Küchen dabei sein, das ist natürlich das ist evident. Aber das ist also mal den ersten Schritt. Und dann machen wir eine Renovation. Da muss man genau gucken, wer das kostet. Und ihr wisst ja, wenn es über 1 Million kostet, dann kommen wir bei euch zurück, für zu gucken, wer alles muss gemerkt gehen. Und die Zeit wird man nutzen, für eben die Kontakte zu holen, die wir eben da am Quartier auch haben. So, ich stelle also, ja, Madame Brenner. Ich bin froh, für ungefähr einen zeitlichen Kader zu haben. Was denkt ihr? 5 Jahre, 10 Jahre? Nö, so. Pardon. Nee, ich ging also ehrlich gesagt, ich ging aber hoffen, dass wir das hier in 2,5 Jahren einfach fertig hätten. Ne? Wie gesagt, es gibt eine Renovation. Ne? Bon, geliefert? Ja. Aber das Projekt muss so sein, dass wir dann 2,5 Jahren werden haben. Und der Architekt wird das schaffen. So. Stellen also das Projekt zum Wort, also nicht das Projekt, ich will stellen den Aschat zum Wort, wen das dafür, wen das dagegen, enthält sich Unanimität, merci. So, dann kommen wir zu der Nummer 6, Herr Boissante. Merci vielmals für die Bitte. Ich schwätze mal über eine Konvention, die durch zwischen das Gemeng unterschrieben wird an die Gesellschaft Haka Lux SA für den nee, pardon. Ich habe mich von Kooperationen von geholt. Geht. Doch, pardon. Doch. Nee, ich meine schon mich geht. Haka Lux steht da, ja? Ja, das Haka Lux, aber das war par rapport zu der Büwert von geholt vom großen Theater, pardon. Nee, das wird immer nicht zu sehen. Ja, das wird immer nicht zu sehen, und das habe ich gerade gemerkt. Aber sind wir also fertig? Das heißt, um 6 Uhr schon fertig, effektiv. Okay. Das war ganz schnell gesagt. Wunderbar. Das war Nummer 9, voilà. Da kommen wir dann noch ja, drauf zurück. Schon die 6 umgedreht. Ja. Da muss ich aber nur froh sein, wir dann einfach mit dem 6. D'accord, alle gut. Ja, merci. So, da kommen wir bei der nächsten. Das ist dann die Nummer 9. Herr Boissante, da kommt bei der Nummer 9. Merci vielmals für die Wort, Madame Buschnicht. Ich war just umgedreht. Ja, voilà. Ich meine, ich war auch ein bisschen umgedreht. Do an dem Fall an das Albon Ligas effektiv SRL an eng konventionschen des Gesellschaft an Stadt Lützeburg fir d'Exploatioun vun der Büwet am Echten an demzwete Stack vum zweite Niveau vum großen Theater. Mir natürlich werden die Konvention do unterstützen. Mir fand ganz wichtig, dass als Lokaler als kommerziell zu fassen attraktiv bleiwen fir verschiedene Exploitanten, dat so eng Meigkeet sinn fir Jong oder Manner Jong Entrepreneuren e Pro op Been ze setzen schmengen, dat Porte an Verantwortung vun enger Gemeng den wirtschaftlichen Dynamismus oder den Esprit d'Entreprise fir Leiit auch unterstützen zu können. Aber an dem Sinn wollte man just et vorstellen, ich hatte mich heute schon ausgedrückt,
wie die Konditionen von Bayer sind, dass am Fongerol zum Beispiel d'échange de part social am Kader von einem Bay am Fongerol auch die Verantwortung von der Gemeinde ist. Es soll nämlich nicht durch die öffentlichen Räumlichkeiten, die der Gemeinde gehören, dass wir können durch ein Jeu d'écriture économique eine Transmission bei ein bisschen déguisé können machen. Ich meine, in anderen Gemeinden sind die öffentlichen Räumlichkeiten zu enger Gesellschaft an die Gemeinde hat auch ein droit de regard par rapport zu den Transmissionen von der Part Sozial so, dass aber verschiedene Kontrakte dabei ist, aber so, ich weiß, die Menge nicht mehr schon, da auch geguckt an anderen Gemeinden. Das ist wichtig, dass das auch an unsere Beikonditionen als ein Exploitant, als du ausgesicht gehen, als du selektioniert gehen für ein bestimmtes Konzept, für eine bestimmte Person. Und ich meine, das soll auch an der Hand von einer Gemeinde bleiben. Das heißt, wenn wir Albondigas das nicht mehr will exploitieren, da sollen sie mit der Gemeinde am Fungerhol schwätzen können, dass wir vielleicht ein Dedommagement fanden oder dass wir das rumkaufen, wenn sie einen Investor konzentriert tun, aber dass den Objekt, dass der Lokal ausgeschrieben wird, wir haben verschiedene so Objekte an der Stadt. Ich meine, das ist wichtig, dass das so bleibt, für einen gesunden Esprit d'entreprise zu unterstützen. Vielmals merci. Merci. Madame Bartolini, yes. Yeah. Merci Madame la Bourgmestre, chers collègues. Donc il s'agit ici du contrat de bail conclu avec la société Albondigas pour l'exploitation des 2 buvettes du Grand Théâtre. Ce point peut sembler technique, mais il touche en réalité à un élément important de l'expérience culturelle que nous proposons aux citoyens et aux visiteurs de notre ville. Le Grand Théâtre est un lieu emblématique. L'accueil du public ne se limite pas à la qualité des spectacles, il comprend aussi le confort, la fluidité du service et la convivialité des espaces annexes. La gestion des buvettes fait pleinement partie de cette expérience et participe directement à l'image de notre offre culturelle. Le contrat encadre clairement cette exploitation. L'exploitant devra ouvrir au minimum 1 heure avant et 1 heure après chaque spectacle, ainsi que durant les entr'actes, avec des services adaptés et efficaces. Cela garantit un fonctionnement cohérent avec la programmation et les attentes du public. Sur le plan financier, le loyer mensuel est fixé à 1 500 € hors TVA, avec une indexation annuelle et une suspension durant les mois d'été, sans représentation. Les charges énergétiques sont prises en charge par la ville, avec la possibilité de refacturation en cas d'abus. L'équilibre contractuel est donc clair et protège les intérêts de la ville tout en assurant une stabilité à l'exploitant. Enfin, la durée du bail, 3 ans renouvelables, avec un mécanisme spécifique après 9 années d'occupation, offre à la fois sécurité et souplesse stratégique pour l'avenir. Pour ces raisons, notre groupe soutient ce projet. Je vous remercie. Merci vielmals. Dazu käme ich meine Zunning. Da gehe ich dem Patrick Goldschmidt. Oder ich fange da vielleicht an. Ich fange da mal an. Nee, für den Herrn Boissante zu antworten. Das ist nicht, dass wir das nicht gegen wollen. Am Anfang gingen wir auch fanden, dass das gut für Software dabei kommerziell und das ist nun einmal ein Gesetz, das nicht hier geht. Und auch von einer Gemeinde, das so mischt, das legal nicht richtig. Aber wenn ein das aufhält, kriegen die Recht. Wenn eine Gesellschaft, wir haben das schon ein paar Mal hier, wir hatten das auf verschiedenen Plätzen, und ganz ehrlich sind wir, fanden wir a priori, müsste doch so sein, es ist aber nicht dabei kommerziell, so wie in einem Gesetz gesagt das nicht, für erlaubt das nicht. Die könnt, nee, kann man schwätzen nicht über den Fond, weil das ist nun einmal einfach das Gesetz. Und wir machen es eben so. Wir haben hier, das gilt, wenn es eine Gesellschaft ist. Das gilt natürlich nicht, wenn wir das mit einer Person machen. Versteht ihr? Das ist es, natürlich. Wenn wir das mit einer Person machen, ja, dann ist es mit der Person. Und nicht mehr mit der. Und da steht doch meistens dran, und das hängt ein bisschen vom Kontrakt auf, aber da steht meistens dran, dass Zulokation verboten ist. Aber wenn wir dabei aufmachen mit einer Gesellschaft, wo, ich soll nur irgendetwas, den einen hat 50%, und den anderen hat doch 50%, an den einen verkauft sind 50%, da haben wir den Moment, wo wir keine Hand haben. Aber wie gesagt, wenn dann ein anderer gesagt wird, kann ich nie verhindern, falsch Sachen zu machen. Wenn die andere Seite damit d'accord ist, dann ist es ja an drei. Ja.
Aber wie gesagt, von dem legalen Standpunkt aus geht das eben nicht. Wir hoffen wir haben die hier, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr an der Kommission wart, oder was das an der Zeit nur den Patrick Gottschmidt ist. Voilà. Merci, Madame Burmeister, dass da. Ah, allgemein, okay. Okay, d'accord, okay. Aber das ist auch allgemein wahr, wenn ich gesagt habe. Ja, nee, das wird nicht allgemein anders gemacht. Ganz dumm sicher nicht. Nee. Also die Gemengen, die vielleicht nicht machen, wir kümmern uns das Gemenge und wir gucken, dass wir die Gesetze respektieren, ja. Dass sie richtig appliziert. Die werden Gemenge mehr wesentlich nicht. Wir machen so, wie es muss sein. Wir werden nur den spezifischen Fall geht. Wir haben das ja ausgeschrieben, wir haben sie pur Dossier rankommen, an der Teil, wo an uns die flottsten Dossier, interessanten Dossier, nicht sind überzeugt, dass die Büvet innen an Nuwen an Zukunft am großen Theater gut wird funktionieren. Ich wünsche dem neuen Exploitant dann viel Frieden, viel Erfolg an der Büvet an hoffen, dass wir die nächsten Jahre nicht mehr müssen über die schwatzen. Merci. Merci auch. Herr Noson, ich noch ein paar Beispiele. Wenn das so wäre. Wenn man bei großen Sachen, ich hatte gemeint, ich hätte es noch geschmengt, das ist ja vor bei großen Sachen, die wir machen. Denk du an das WFA-Projekt, denk du an den ganzen Royal Amilius und so. Für was geben wir als da wirklich ganz knallhart Garantie gehen? Knallhart Garantie bei Banken. Wir wollen effektiv denen, mit denen wir einen Kontrakt machen, wird dann an all denen Gesellschaften sind, da können Changements kommen. Ne? Und die kommen noch permanent. Aber die Garantie, die bleibt bei der Bank. Und die muss knallhart sein. Und die ist dabei also knallhart. So, stellen also die Nummer 9 dort zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Dann kommen wir auf die Nummer 12. Da haben wir da mehr. Madame Constantini. Merci für das Wort, Madame Bürgermeister. Stadt Lützeburg lebt von ihrer Diversität. Mehr wie die Hälfte von den Leuten, die hier wohnen, haben internationale Originen. Das macht als Stadt dynamisch, open und lebendig. Das Festival des Migrations, des Cultures et de la Citoyenneté, organisiert vom CLAE, Centre de liaison d'information et d'aide pour les associations issues de l'immigration au Luxembourg, ist dafür nicht nur ein Festival. Il ist ein Platz von der Rencontre, vom Dialog und vom Respekt. Als Fraktion will klar sagen, wir unterstützen das Multikulturalität und Diversität als ein gestärkt. Dafür begrüßen wir, dass die Stadt Lützeburg dieses wichtige Rendezvous weiter finanziell unterstützt und das an einem klar geregelten Kader. Merci. Merci auch. Madame Branca. Merci beaucoup pour la parole, Madame la bourgmestre. Je voudrais dire quelques mots au sujet de la convention entre le CLAE pour le Festival des migrations. D'abord, pour nous, ce festival est vraiment un élément très important du vivre ensemble dans notre ville et même au-delà de la ville de Luxembourg. C'est un moment de rencontre entre les habitants, de fête, d'information, mais aussi un lieu où la diversité culturelle du Luxembourg devient visible et concrète. C'est aussi une plateforme très importante pour la société civile. Beaucoup des associations, d'acteurs sociaux, des structures de santé ou encore d'organisations citoyennes peuvent s'y représenter et entrer en contact avec les nombreuses communautés qui vivent au Luxembourg. Et dans une ville aussi diverse que la nôtre, cela a une grande valeur. Il ne faut pas non plus oublier que ce festival repose en grande partie sur l'engagement citoyen, avec environ 150 bénévoles qui participent à son organisation. C'est quelque chose que nous devons reconnaître et soutenir. Le budget total du festival est d'environ 350 000 €, avec un financement partagé entre la ville de Luxembourg et les différents ministères, notamment dans les domaines du vivre ensemble et de la culture. La contribution de la ville a augmenté de 10 000 €. C'est une participation importante dans cet équilibre global. En même temps, les discussions en commission ont montré qu'il y a des réflexions sur l'avenir du festival, par exemple en termes d'accessibilité et de visibilité. Je pense que ces discussions sont utiles.
Mais il est aussi important de rappeler que le concept du festival appartient au CLAE. Le rôle de la ville est plutôt d'être un partenaire fiable et de soutenir cette initiative. L'idée d'un débriefing après l'édition 2026 me semble dans ce contexte utile parce qu'elle permettra d'évaluer calmement ce que fonctionne bien et ce qui pourrait évoluer. Pour des grains, le Festival des migrations est un exemple concret du vivre ensemble en pratique. C'est un événement porté par la société civile depuis plus de 40 ans déjà et qui mérite notre soutien et notre confiance. C'est pourquoi nous soutenons cette convention. Merci. Merci beaucoup. Madame Müller. Merci, Madame Bürgermeister, für das Wort. Das Festival der Migration, wo wir dieses Jahr die 43. Edition feiern, ist aus unserer letztebäuerischer multikultureller Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Gerade die große Unzahl auf verschiedenen Nationalitäten hier in der Stadt macht es möglich, dass sich während den 2 Tagen vom 21. und 22. März viele Nationalitäten begegnen, sich austauschen können und das auch kulinarisch. Dass die Stadt Lützeburg dieses Festival mitdreht, ist ganz klar, und sie ist hier auch selber mit einem Stand präsent. An der letzten Sozialkommission vom 24. Februar waren wir alle einverstanden, für das Budget zu erhöhen, für mehr Sicherheitspersonal während dem Event zu haben. An der Papieren, die jetzt an der Kommission ausgedeelt wurden, ging es nicht um den Text von der Konvention, die wir für uns haben. Dafür will ich hier am Gemengerot ein paar Fragen stellen, und zwar zum Wording von der Konvention zwischen der Gemeng und dem CLAE. Es geht hier um die Abschnitte 2 und 3 von der Seite 8. Wie könnte zur Formulation je citerai, chaque partie pourra résilier la Convention en cas de manquement aux obligations contractuelles par l'autre partie après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet pendant 1 mois. Was ist mit dieser Formulation genau gemeint? Und was sind genau die Obligations contractuelles? Am Abschnitt 3 steht, la résiliation pourra également intervenir avec effet immédiat pour motif grave. Freiwillig frohen, was genau sind Motivgraven, den dem CLAE als Organisation kennt, für Geheit gehen. Am Allgemeinen gebe ich gerne wissen, sind das Formulationen immer für gesehen, wenn Gemeng ein Event mitdreht oder als Dateien ein Einzelfall. Ist es nicht möglich, die generellen Begriffe von Obligation kontraktuell oder Motiv grave mehr zu präzisieren, für das die Organisatoren genau au courant gesagt gehen, was hier am schlimmsten Fall kann passieren. So nicht, merci. Merci auch. Herr Werner. Dann Herr Werner für das. Ja, merci, Madame Bürgermeister. Ja, wir werden die Konvention auch drohen, da das ein Problem schmengen. Das Festival Immigration ist wirklich nicht sein Namen ganz oft geändert, da ja auch im Volksmund das ein ganz tags Astis Festival genannt in den Kleis Festival etc. Bon. An zur Zeit findet jo statt nach immer zu einer Partioren op de Foren Kirchbiersch an schon wo ich auch den Bericht gelesen von der Sitzung von der zuständigen Kommission die Vivre Ensemble do steht jo dran, da war eine Diskussion war für sich zu überlegen, ob es nicht eine Alternative gibt zu der aktuellen Platz. Nach 4 Drohnen waren es ja an den Victor Hugos Hallen, was doch gar nicht so schlecht war, wahrscheinlich aber ein bisschen eng mit der Zeit. Und nach 4 Drohnen waren es auch nach Bausen und Zelter. Und es wurde auch anscheinend viel geschlagen, für sich das zu überlegen. Das
sicherlich Mengen für so ein Festival, das ist meine persönliche Meinung, ich fand doch, dass das suboptimal ist, von der Konvivialität hier dann die Foren zu machen, gegen Ursachen, die dafür schwatzen, die tatsächlich für vielleicht urbaner Plätzen zu machen, die flott sind an der Stadt, die mit zentral sind, können sich die Knödler vorstellen, mit einer Extension auf der Plus. Nach Münster können sich vorstellen noch, das sind Möglichkeiten, das muss ich eben gucken. Man zählt dann natürlich, weil wir wissen ja, wie es heute zu Lützburg mal wieder ist, zumal am März, wo es ja meistens stattfindet, kann ich natürlich auch vorstellen, was sowieso schon gewisse Infrastrukturen für Konzerte vorgesehen sind am Juni, Juli, da den dadurch da können kombinieren, dass wir dann zum Beispiel hier im Knödler, also es gibt Möglichkeiten, wo ihr sich kennt, überlegen. Das dezidieren wir noch nicht heute, und das ist ja auch gut, dass Beschluss ging, also ein Debriefing zu machen, nur dieser Edition. Ich wollte aber just wissen, kurz, weil am Bericht steht, dass die Stadt aber Alternative proposiert wird, und dass ein Organisateur, an dem sind klar, dann den nicht wollt, oder kurz, kennt doch aber Argon vielleicht auch Ursachen waren, für was den Organisateur das nicht so gesehen hat. Merci. Merci auch, Herr Weidig. Ja, wir unterstützen hat doch, wir fanden doch gut, dass du die Inselsterne, die Inselkultur repräsentiert sind, und noch natürlich auch erst, und ich meine, wir fanden alle gut, fanden wir das gut und interessant und noch lecker. Ich wollte es vor, man hat ja schon leider eine gewisse Tendenz bemerkt, dass Heinz so schon kulturelle Begegnung von Menschen besser politisiert gehen hast. Und ich wollte froh, weil mir hat auch die Probleme am Stand von Israel pro-palästinensischen Statement, also weiter, ob die als Gemeng beim Kleid darüber geschwärzt haben, was die für Maßnahmen holen, dass es wirklich nicht mehr halt ein Festival ist, wo Kulturen sich treffen, und halt keine politischen Aktivisten das als Plattform benutzen für das zu machen. Ich meine, das können sie gerne irgendwo anders machen, an der Straße oder so. Das wollte ich fragen. Und zweitens wollte ich auch fragen, ob da auch man in geschwärzt und was für Sprachen da repräsentiert geht. Ich meine, das Festival de la Migration ist natürlich Französisch, weil ich meine, wenn man wirklich Diversität will, wirklich leben, dann das ist natürlich wichtig, dass man auch all die anderen Sprachen machen und dass kein Spruch präferenziell benutzt wird. Das ist mein froh, wir fanden eine gute Idee, aber wir stimmen nicht mit. Merci. Madame Kerr. Ja, vielmals merci. Ich hoffe, dass ich nicht vergessen, ob ich einen Prozent, was das so da mal besteht. Also erstens mal ging ich gerne unterstreichen, dass wir nicht ein Organisateur sind, sondern just ein Souteneur, wenn ihr das haut wählt, also dafür stimmt. Das heißt, wir unterstützen den Klei, wie auch schon gesagt ging, als sie mir nicht die einzig, mit auch das Familienminister und den Kulturminister, Familienminister mehr wie das Kulturminister. An der Kommission noch erzählt, wie den Herr Wagner der gerade gesagt hat, noch Madame Müller schwere, das ist voller Transparenz. Weil, für dann ein bisschen auf das zurückzukommen, was Herr Weidig gesagt hat, die Ouverturezeremonie letztes Jahr, die war so mal nicht optimal verlaufen, statt mal so kann so, und auf letztes Jahr übrigens auch nicht. Und, bon, als war der schon Santa über engem Jahrzehnt, die Ouverture mischt vom Festival und noch da auf der Bühne steht, haben wir am Fond geholt zusammen mit dem Familienminister und dem Kulturminister de Klei gesehen, für einfach mal einen Denkanstoß zu gehen, für zu fragen, ist das noch gut an der Vorsaal. Und ich denke, da sind wir da ganz nah bei Ihnen, weil ich der Meinung sind, an der Vorsaal gehen dann die Leute, die dann sich da deplacieren, und wir ja aber am Fond flott vivre ensemble, mehr noch bei den Leuten zu bringen, nämlich auch bei denen, die sich nicht deplacieren dafür. Das war echt eine Vorstellung, der Klei wollte aber da bleiben, nach immer an der Lux-Expo, und wir akzeptieren das auch. Wir wollten aber einen Denkanstoß gehen, so wie der da gerade gemacht hat, Herr Wagner, für uns so, da können wir überlegen, ob wir das nicht mehr bei den Leuten können bringen, ob wir das nicht mehr zentral können irgendwo bringen. Aber das war aber noch nicht reif, wir sind aber verblieben, dass diese Stadt weiter überlegen, ob wir das nicht ein bisschen ernst das Kind organisieren. Wir hatten an der Sozialkommission noch eine Diskussion über Kachen,
wir sind ja da als Stadt Lützeburg, sind wir nicht ein Organisateur, sie müssen nur mit der Luxexpo gehen, ob ich darf kochen, ob ich nicht darf kochen, weil dort Chain alimentaire, also ein bisschen wie bei der Frigo, von denen wir nicht geschwärzt haben. Aber da sind wir am Anfang nicht am Loop als Stadt. Wir dezidieren, wenn der Haut d'accord sieht, dass wir den Festival unterstützen, dadurch, dass wir die Kleine unterstützen beim Organisieren von dem Festival, den relativ teuer ist. Und da sind wir, wie gesagt, von 3 Partnern. Und dann, wenn da die neue Zeitung geguckt hat, da sind dann noch viel mehr, die den Kleine da unterstützen, weil ich hatte ganz viel Logo gesehen, noch die vom Ökonomieminister, den Tourismus, und ich hatte noch ein Minister da gesehen. Das voilà, das ist, du hast schon eine große Unterstützung. Was Lothar Madame Müller hier frohen angeht, also ich gewähre mal tentiert, dann ich gehe ein bisschen nur links gucken, dass die Formulationtypen einfach, die an den Konventionen sind. Also das ist nichts ganz Extraordinäres. Die musst ja sowohl dem einen wie dem anderen Partner irgendwie erlauben, wann etwas Größeres geschieht, für dann daraus rauszukommen. Das sind einfach Formulationtypen. Also das ist nicht ganz exceptionell, sonst könnt ihr schon kein Beispiel geben. Da haben wir besser, wir freuen ein paar Juristen dann, aber wie gesagt, das ist ganz einfach normal, eine normale Konvention, rien de plus und rien de moins. Voilà, das ist nicht mehr dazu zu so. Wie gesagt, eine Kleine ging gerne an der Luxexpo bleiben. Wir hatten sind Martine verblieben, dass sie sich ein Gedanken machen über die Ouverturezeremonie. Natürlich ist das Festival auch ein bisschen politisiert, weil auch den Herr Weidisch seine Partei hat immer Stand, gerade wie manchmal auch all die anderen Parteien, der Tisch natürlich irgendwo ist die schon politisiert, den Festival, weil wir hier alle guten auch Stände. Ich ging alle invitieren, noch weil der heute live überdrohen geht, Lunch zu kommen, für allem auf den Stand von der Stadt Lützeburg, wo Benevoler sind, nämlich die Membres aus der Kommission du Vivre Ensemble Interculturel, die ganz viel Sprachen übrigens schwätzen, not anderem, für allem mal Lützeburgisch, aber wo da dann auch viel über die Vivre Ensemble an der Stadt Lützeburg könnt gewohnt gehen, also das Festival ist das Jahr den 21. und den 22. März an der Luxexpo, da wir da als Püpp dann auch gemacht, an den Datum als notiert, dann ich hoffe, dass wir uns da dann alle Guten treffen und dass wir da eine ganz gute Zeit alle Guten mit denen werden können verbringen, die 2 Tage. Vielmals merci. Voilà, an der Stelle dann do mat die Konvention zum Wort, wen aus der Firma, wen aus der Gegend, wen enthält sich, Unanimität. Vielmals merci. Damit hat man dann den 7. Punkt von unserem Ordre du Jour fertig. Und immer auf den 8. Punkt vom Ordre du Jour kommen, will ich dem Herrn François Benoit dann aber so eine schöne Menge Aufgabe wäsch. Die braucht nicht mit den Eltern von der Rue de Michlechter zu schwätzen. Wir haben die effektiv im Januar rakret. Die Wahl noch nicht vom Service gut gehen dafür. Wir kruten nicht. Das ist alles so kommen. Das ist alles an der Reihe. So, da kommen wir aber bei den 8. Punkt von unserem Ordre du Jour. Hier geht es um die Vie de Travaux. Für das Projekt an der Rue Adolf Omloch. Sind dort so Wortmeldungen? Herr Benoit und Herr Werner. Ja, Herr Benoit. Ja, wir sind bei den Vie Travaux beim Projekt Omloch, richtig? Yes. Ja, okay, vielmals merci. Das ist ein Projekt, wo auf der einen Seite paar Straßen frisch gemacht sind, aber auch ein Park, so wird den reaménagiert wird. En gros, es gibt eine ganze Reihe positive Elemente, die wir wirklich heute begrüßen. Wie gesagt, den sogenannten Park ist ein bisschen mehr groß, Trottoir sind noch mehr breit, kommen noch mehr Bäume dahin. Aber muss ich aber sagen, dass dort ein Platz außer Bonnewig, wo relativ wenig Trafik gibt, wirklich just Anrainer, die hier fahren. Und da muss ich trotzdem konstatieren, dass mit dem Projekt, so wie ein Highlight, eigentlich 2 so parallel Straßen, so ein Schlummel, bestehen bleiben. Aber man ist also ein bisschen froh, ob wir nicht urbanistisch vielleicht eine bessere Lösung finden, wie das quasi 2 Straßen so parallel bleiben, wissen, dass das ein Platz ist, wo ihn nicht unbedingt den Raum dafür muss hun wahrscheinlich auch mit Männer oder mit einer anderen Nutzung auch vielleicht gang wäre. Und das deuten wir ein bisschen als eine verpasste Chance, wissen, dass das heute ja etwas auswärts für eine Reihe Jahrzehnten gut ist. Voilà, dann beim Projekt ist es doch so, dass auf einem Platz am Anfang den Trottoir abhält,
weil auch gesagt ging ist, dass du Obamas den das nicht gewar möglich wir werden es ja doch einen Platz gucken also in eigentlich der Meinung dass wie gesagt der Straßenraum ist dann aber doch relativ groß dass man einschmengen dass sie noch den Trottoir so kennt verlängern dass den en continu wäre. Bon, ich denke, unter dem Strich war für uns die positiven Elemente von denen, wo ihr vielleicht das Projekt Narrentik besser hätte können machen. Dafür unterstützen wir das Projekt auch. Denken aber, dass ihr, wie gesagt, nachher ob die Situation von der Platz, von den Trottoir sich abhört, dass ihr da vielleicht nachher kann gucken, ob man den trotzdem auch da kann machen. Und dass man mengen, dass gerade die Strassenreihe, nennen ich so mal, die direkt bei den Häusern ist, also nicht bei den Parkplätzen, bei den Häusern, ob das ist ein Strassenraum, wie gesagt, von einer Breite von über 5 Meter. Wir denken, dass in da also auch zum Teil vielleicht noch kann, aber darüber nachdenken, ob in da nicht nach einer Sache kann hinmachen. Ich denke, da nach mehr Wasser, bodengebunden Decken oder vielleicht andere Aménagementer am Platz, dass in die Platz so versiegelt wie am Moment vorgesehen ist. Da wollte ich aber noch eine generelle Remarque machen, die gilt eigentlich für die 3 Projekte. Und das ist eine Tendenz, die wir in letzter Zeit ein paar Mal begegnet haben. Ich habe nur gefragt, ob es Referenzversammlungen gaufen. Und ich habe gesagt, ja, es gaufen Referenzversammlungen. Und bon, ich muss sagen, dass an meiner Fraktion keine Invitation dafür kriegt. Das war aber auch schon bei den ganzen Reaménagementen zu haben, gesehen rund um den Stadion. Und wir fanden eigentlich, korrekt fanden und noch nicht mehr richtig fanden, wenn Conseil in alle guten Invitationen für öffentliche Versammlungen mit den Bürgern kriegen, für das wir am Anfang die Message A können gucken, was die Bürger da so und B auch die Message von da können an die Gemeinderat transportieren. Dafür der wärmen Appell, dass wir wirklich wünschen und doch eigentlich nicht mehr korrekt fanden, dass das Conseil auf alle guten Invitationen kriegen für Bürgerversammlungen. Aber B wollte ich auch sagen, dass man gesagt haben, dass da kein Rapport gemacht ist. Bon, da wird gesagt, Bürger haben nichts gesagt. Sie fanden das alles an der Reihe. Okay, schön und gut. Aber trotzdem fanden wir es mehr richtig, wenn ein properer Rapport gemacht wird, den wir dann noch können lesen en vue von der Präparation von dem Gemeinderat. Merci. Vielmals merci, Herr Benoit. Herr Werner. Ja, merci. Voilà, ich wollte sich das unterstreichen, was Herr Benoit auch gerade gesagt hat. Das ist wirklich problematisch, wenn Versammlungen mit Riveranen gemacht gehen, auf viele Plätze an der Stadt. An der Stadt ist auch nicht gerade ein Dorf, war ganz klein, wo sie dann zusammenkommen, an die Member vom Gemeinderat, die sind nicht darüber informiert, wohl wissen. Also ich meine, wenn der einkeiert Erfahrung wird machen, wie weiß, für Gemeinderat zu sein und nicht schaffen, also vielleicht Gemeinderat von der Opposition, das heißt, nach meiner Informationen kriegt, dann wird er gesehen, wie schwer das für immer das viel von allem zu machen. Dafür geht doch nicht durch, für zu sagen, doch, die Leute waren plus ou moins zufrieden, wir haben keinen Bericht gemacht. Kann noch einen Bericht machen, wenn die Leute daneben nichts gesagt haben oder wenn drauf steht, was gesagt wurde von der Responsable von der Stadt. Aber kein Mensch sich zu Wort gemeldet hat, da schreiben sie das nicht, kein Mensch sich zu Wort gemeldet. Ich meine, es wäre aber gut, wenn wir alle angeladen gehen, ob die eine oder die andere Manier, für dass man wenigstens als Gemeinderat oder wenn ich noch nicht die Möglichkeit hat, hinzugehen, dass die vielleicht doch mit anderen Leuten sich aufschwätzt, für dass sie können sich die Sache unhören. Ich meine, das wäre ein elementar demokratisches Recht und ich meine, das müsste wirklich in Zukunft geschehen. So nicht, merci. Also ich kann heute just am Namen vom Chefrat sagen, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass er invitiert sieht, wenn das nicht ist, wir gucken das dort noch, aber wenn das nicht ist, dann geht er natürlich invitiert auf die Dinge, die wir probieren. Wir haben auch immer manchmal bei all den öffentlichen Versammlungen alle Menschen probiert zu invitieren und du weißt, also sehen wir auch nicht fertig, dass er nicht soll sein, du weißt, also wenn das nicht so wäre, dann entschuldigt er es mir, dann geht er eben rektifiziert, mir das ist aber evident, dass er da sollte auch können hinkommen, das ist ganz evident. Madame Bartolini. Merci pour la parole. Ce projet de réaménagement de la rue Adolphe Humler concerne le quartier de Bonnevoie, dans lequel je vis. C'est donc un sujet que je connais aussi à travers la réalité quotidienne du terrain. Nous sommes face à un projet coordonné complet qui ne se limite pas à la réfection de la voirie. Il comprend le renouvellement des réseaux de canalisation, d'eau, d'éclairage public, ainsi que la réorganisation des infrastructures existantes. Cette approche globale est essentielle. Intervenir une seule fois, de manière coordonnée, est plus cohérent que multiplier les chantiers successifs.
Le projet prévoit également une amélioration qualitative de l'espace public, trottoirs restructurés, bandes de stationnement clarifiées, intégration des bacs à arbres, préservation de l'arborescence existante et extension du parc. Cela participe à la sécurité, à la lisibilité de l'espace et à la qualité de vie dans le quartier. Le chantier est prévu sur environ 10 mois, avec un démarrage annoncé en août 2026 et une fin prévue pour l'été 2027. Il faudra naturellement veiller à une communication claire et à un accompagnement attentif des riverains pendant cette période. Le devis estimatif pour la ville s'élève à 2,667 millions d'euros. Il s'agit d'un investissement structurant à la hauteur des enjeux d'infrastructure et d'aménagement urbain dans un quartier dense et vivant comme Bonnevoie. Pour ces raisons, nous soutenons ce projet. Je vous remercie. Merci, Madame Bartolini. Und dann gebe ich das Wort Madame Beissel für ein paar Explikationen. Madame Beissel. Ja, merci, Herr Bauer, merci ich als Intervenant. Ich wollte von der Relab pour generelle Remarque so über die 3 Projekte und dann ob verschiedene Probleme rumkommen. Indépendamment schon als 4 Remarque die Geschichte, wen invitiert wird. Herr Benoit ist hier weil immer an all der Riverasreunion schon ich aber schon öfters do gesehen. Ich meine, dass der an Postraße mit nie wohnt, aber die sind ja aber dann ganz oft da. Also wir gucken nicht einfach nur, dass der Conseil kommunal nur Riverasreunionen invitiert wird, aber das so nicht, das geht sportlich. Weil wir haben da andauernd, da sind aber am Dauerersatz, also kein Problem, dass Invitationen da kriegen, von das, also wie gesagt, ich meine, wir holen das mal 4 und dann kriegen wir das dann 3. Was ich will so generell, wir sind an letzter Zeit ein System, und das ist valabel für die 3 Projekte, wir sind nur und sich für das mit Participation citoyenne oder Demokratie partizipativ nach immer mehr weit treiben, machen wir weil bei den neuen Projekten fuhren wir sogar an 2 Phasen. Das ist die erste Phase, und das haben wir auch bei den neuen Projekten gemacht, und da war den 3. Februar, der 6. Februar 25 Réunions, Präsentationen von den Chantieren, das war Umlauf am Metz, bei der Rue Haute, an Rue des Peupliers, das waren andere Sorten von Reunion, das erinnert dich, und da war da sowieso alle invitiert, das war das Jahr, wo man die ganze Zeit vom Stadion, neuen Athletikstadion, präsentiert hat, wo auch alle guten Problematiken von der Mobilität rund um das Stadion am selben Moment traitiert gesehen. Bon, dat moet ik zo. We maken also de Präsentation. Wir fragen die Leute, was hier Ideen sind, wie sie die Straße reaménagiert gehen. Als Service, und die sind immer en grand nombre präsent. Alle Voirie, de Kanal, Wasser, Éclairage public, plus Créos Gas, Créos elektrisch, Pensée Chaussee, Teltrona, wie sie auch immer, dann sind immer präsent an den Chantieren und wird immer noch probiert, Demanden, Doléanzen, Suggestionen von unseren Bürgern mitzuholen. Das wird dann an den Projekten verschafft. Aber wenn die Referenzreunionen da kommen, dann ist Vorsicht von unseren Services, das ist eine Question d'honneur, für so gut wie möglich sämtliche Suggestionen an eben Doléanzen da Rechnung zu drohen. Und das ist an den 3 Projekten hier geschieht. Ich wollte euch sagen, bei den 3 Projekten, was sind die Highlights davon? An den 3 Projekten haben wir ein neues System. Ihr wisst, es gibt Sleeping Policemen. Im Moment haben die immense Kamedi gemacht, weil die waren meistens aus Metall, die kann in die Menschen schnell ausschrauben, und da sind die Leute, die daneben wohnen, die kriegen bei der Gemeinde, weil sie können nämlich schlafen. Entre-temps haben wir Berliner Kissen, die gehen noch nicht aus Metall gemacht, mehr aus Macadam, die sind dann also Missmus, sie sind noch in einer Konföderation, kann ich noch mal 2 Pneuen eng Seite durchführen. Also haben wir noch etwas Neues, wir machen noch richtig Hivelen. Wir machen Hivelen, wir machen Surevaluationen, einen richtigen kleinen Birch an der Mitte von der Straße, aber oft in Frankreich sieht oder die von oder in anderen Ländern, das ist extrem effizient, da muss da einfach losmachen, weil das fängt da an, ein Auto wirklich an eine schlechte Situation rauszubringen. An den 3 Straßen haben wir das gemacht, weil die 3 Projekte, die wir dort mitten haben und sich eine Feuerfahrkomponente. Erstens, Apaisement vom Trafik, weil die 3 Projekte sind zur Summe von der Servicetechnik
plus Zirkulation als Lied immer gemacht, die Mattes Herko, die alles zusammen ausgeschafft haben. Präsentation von den Chantiers zu den Bürgern, Dialog mit den Bürgern, Toleranz sind mitgeholt, Toleranz sind an Projekten angeschafft und dann Referenzreunionen. Das mal für die Stadt zu sagen, also Apaisement, Verengung. Ich habe nicht gesagt, zur Evaluation an all Projekte, als ob man an enger Straße zur Evaluation, wir haben 30, wir haben 20, wo Egalisation gemacht wird von den Niveaus, von den Trottoiren und von der Chaussee. Wir haben überall Großwert gelöst auf den 3 Projekten, ein Maximum von Bäumen zu halten und zu schützen. Und dafür mit Momenten auch, komme ich da zurück, was den Herr Benoit schon gesagt hat, wenn er genau den Rapport gelesen hat, und auch Präsentation, Herr Benoit, hat er genau gesagt, für was den Trottoir an der Rue Omlauf an der engem Steck müssen an der Mitte geschnitten gehen, weil das hat den B müssen sakrifiziert gehen, an den Service de Circulation hat müssen Mesure d'Apaisement du Trafik machen. Wir haben die Möglichkeit, den Trottoir auf den 2 Seiten, für das Leute gut durchkommen, und dass auch noch eine extra Partei gemacht wird für den Park, der auf die Chaussee verbreitert wird, wo ein extrem großer neuen Espace gemacht wird, neben den Bäumen an den Back à Fleuren. Der Park, der vergrößert wird an der Rue Omler, könnte eine extra Partei für den Accès von dem neuen Park an Rue Paul Medingen auch noch zu ermöglichen. Das andere, was auch noch an den 3 Projekten ist, das ist eine Demande generell von allen Bürgern, durch den Fakt, dass es immer mehr warm wird, dass wir immer mehr Heizsteine gebrauchen. Weil ihr wisst, was mit dichter ist, dass die hellen Sonne, und da gibt es immer den Hitze, den man vom Boden herabkommt, den erstmal intensiver wird, dass man ja aber an einem Klimawandel sieht, dann gibt es warm, machen wir ein Maximum von Wärmesteig. Ihr wisst, dass man an der ganzen Stadt für eine Harmonisation zu kriegen, überall schon Stationmentsplätze mit den Paveen, Grede Luxemburg machen, hellbeige. Wir haben auch ein System bei den Plateaux surélevé, wo wir Beton von 3 Formaten an 3 Couleuren, für das das auch extra schön herauskommt. Auch hell, wir versuchen so viel wie möglich hell anzubauen, eben just für die Sache von der Hitze, für das besser zu bekämpfen. Dann, wir haben überall ein neues System, wir haben an den 3 Projekten Busarenen dabei gesagt, wir haben überall Passage Piéton dabei gesagt, teilweise de Passage, das an der Rue Haute, an der Rue des Peupliers, durch den Fett von der Chantier kennt, weil auch International St. George dabei ist, es gibt alles mit rote Lute geregelt, für eben ganz Flühen an den Griff zu kriegen. Wir müssen überall auf einen Passage Piéton, die auch le grand nombre an den 3 Projekten dabei kommen, das neue System von den LED-Luten mit dem K3000, die Luten, die nicht weh und aber extrem effizient sind, wir haben ein System en biais, dass als Passage Piéton noch viel besser belegt sind, wo die Leute auch nicht verblendet sind, die rundherum sind, aber wo doch nicht an die Fassade von den Häusern geht. Das sind und sich die 4 Großpunkte, die an 3 Projekten machen. Also Apaisement, Reträcissement, Begrünung, auf der anderen Hinsicht Heilstein an alle Projekte, Matten zur Evaluation von den Buckeln, überall für das neue System von Ralentissement vom Trafik zu gehen. Das wollte ich sagen, Herr Benoit, ich habe schon teilweise noch geantwortet, Referenzreunionen, gucken wir da noch, dass Präsentation, Dialog, Toleranz an den Monten mitgeholt, als Service erschaffen drin, aber die Referenzreunion könnt jetzt so viel wie möglich, was nicht mehr machbar ist, verschafft für die Leute so viel wie möglich entgegenzukommen. Die hat gesagt, an der Rue Omloch, Parallelstraße, weil da sind sich 5 Straßen konzerniert. Und das Projekt als Omloch an die anderen Straßen sind rundherum. Es ist ein spezifisches Demand gewesen, von der Rapport ganz genau geguckt wird, ein spezifisches Demand gewesen von den Leuten, die an den Reunionen waren, Präsentationsreunionen, Referenzreunionen, dass auf alle Fall alle Parkplätze da sollten behalten gehen an der Zirkulation, weil die Leute hier gewünscht sind, an der Zirkulation soll nicht eingeschränkt werden. Ich wollte das aber auf froh schon direkt antworten. Wie gesagt, die Referenzreunionen, die waren da, denn Herr Werner hat auch gesagt, Zirkulation, aber wie gesagt, wenn wir Demokratie partizipativ machen oder Partizipation demokratik, an als Bürger hätten das gerne, dann muss er auch verstehen, dass als Service dann
versichern ihnen entgegenzukommen an das machen. Das geht so gut Parkplätzen, Begrünung, mit geht aber auch das Zirkulation an dem System, wo die Leute das gehätten, dass man das machen. Wir haben überall so ein 30er, so ein 20er gefährt an den Straßen, die es geht. Das ist das, was die Leute interessiert. Die Sicherheit von den Kindern, die Sicherheit von den Pietonen. Passage Pietonen sind so gemacht, dass sie sekurisiert sind, dass sie auch teilweise an der Rue Haute, Rue des Popliers, alles zusammen gemacht mit der Pensée Chaussee, weil du als de Val de Ham als Achse national, das alles zusammen geschafft in Vorsicht an all den 3 Projekten als Bürger so viel wie möglich entgegenzukommen, zu modernisieren, an, wie gesagt, zu begrünen, Kontinu von all den Kontranten, die man da haben. Das mal für den Projekt Umlauf, ich habe schon gesagt, an den 3 Projekten, was Philosophie ist, von unseren Services für so gut wie möglich als Leid alle Guten entgegenzukommen. Merci. So, merci vielmals. Also das, was die 3 betrifft, das ist schon gesagt. Ja. Kommen wir zum Projekt Umlauf, stellen den zum Wort, wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Du hast noch einen dafür? Yes, okay. So, dann die nächsten, das ist das Projekt Emil Metz. Sind dazu Wortmeldungen? Herr Benoit? Ja, Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boimeister. Also ich muss auch heute sagen, dass wirklich ein Projekt, wie man präsentiert hat, den das wirklich ganz gut gefallen hat, weil er eine ganze Reihe Elemente wirklich bringt, die mir auch seit Jahren freuen. Und ich wirklich muss sagen, dass das Projekt denen auch gerecht wird. Sie wird das nach BEM gesagt gehen, das BEM auch zum Teil versagt gehen für das Verkehrsberuhigen. Sie wird das Straße zum Teil verenkert, sie wird das mal Trottoir Traverson haben. Je, alle Sachen, die man seit Jahren gefordert haben, an heute Projekt gehen sie umgesetzt, und dafür sagen wir auch ganz gerne zu dem heute Projekt ja. Und voilà, wir wollen auf jeden Fall auch den Chefroute dazu incitieren, dass dort auf andere Projekte auch so konsequent umzusetzen. Heute habe ich auch noch der Referenzreunion gefragt, und auch heute kriegt man keine Invitation dazu. Mir hat man schon darauf geantwortet, dass das in Zukunft nicht mehr passieren soll. Da will ich aber trotzdem die Sache, wo Madame Beissel nicht darauf geantwortet hat, aber auch noch präzisieren. Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, für Rapporte von den Reunionen zu machen, weil par la force des choses werden nicht alle Conseiller, den aber gehalten ist, mit aufzustimmen, also eine Meinung dazu zu bilden, können an alle Reunionen zu gehen. Dafür wären wir froh, dass auch an den Reunionen Rapporte geschrieben gehen. Du musst nicht alles draufstehen, aber du sollst aber die Hauptelemente, die gesagt sind von den Bürgern, kann in Dorana rumfahren, wie viele Leute da waren und so weiter, sodass wir das als wünschen, dass das für die Zukunft gemacht wird. Merci. Ja, Herr Benoit, ganz kurz. Merci, Herr Benoit. Pardon, entschuldigt. De deux choses l'une. Du wisst ja an den Kommissionen, wo die auch sieht oder vertreten sieht, gehen immer immens detailliert Slides präsentiert mit all den Details. Die Slides, die gehen auch alle gut an der Referenzreunion oder an der Präsentationsreunion verteilt und dann noch dem noch an der Referenzreunionen. Es gibt nie ein Rapport gemacht, weil das ist absolut nicht möglich. Und die wird noch in der Zukunft nicht gemerkt. Aber das substantifique Mal von dem Projekt, die hat er auf den Slides und an der ganzen Präsentation. Très bien. Voilà. So, da kriegen wir nicht mehr ein gutes gesagt, die wird Emil Metz setzen die dann zum Wort. Wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Enthält sich. Dann kommen wir nach auf die nächste. Rue Haute und Rue des Peupliers. Sind dort zu Wortmeldungen? Herr Benoit, ja. Ja, vielmals merci, Madame Boimeister. Auch das heute ist ein Projekt, den uns ganz positiv überrascht hat, worum es geht, das Centre de Ham zu revalorisieren. Das ist etwas, was wir gerade auch im Kontext von den Sportinfrastrukturen, die da gemacht sind, wo wir gesagt haben, dass es wichtig ist, dass ihr guckt, dass auch den Centre revalorisiert wird. Ich denke, das heute ist ein Projekt, das in normalem Fall hilft. Ob und durchgeht, für wirklich Ham 100% abzuwerten, das kann ich nicht unbedingt so, weil ich die Karte dafür nicht gut genug kenne und an der Reunion war. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine positive Mesure. Die Straße wird nämlich am Centre de Ham verengt. Es soll auch mehr Platz da von dem
Centre kulturell entstehen, die nach geschaffen wird. Geringfläche gehen groß. Es könnte auch eine Velospiste bei die Errichtung von der Gare Zenz soll hier gehen. Das sind alles positive Elemente. Zu bemerken hat man just vielleicht, dass den Zebrastreifen den Errichtung von der Zone industriell soll gehen, dann aber zu weit weg ist von dem Trottoir, fährt das dann Umweg aus, den nicht von den Leuten geholt wird, und da laufen sie richtig, die wird wissen, durch den Bulli wird ein Gefahr dann kann sein. Wir hatten dafür gefroht, dass ihr guckt, den Zebrastreifen ein bisschen mehr no zu kriegen, für dass der Fußgänger eben auch richtig aus kann gehen, und der Fußgänger nicht den, der muss den riesigen Umweg machen. Gleichzeitig haben wir an der Kommission eben abgeworfen, wie das mit der Idee wäre, die wir von ganz sympathisch fanden, dass sie direkt Trappen respektive ein Lift dahin machen, für die Leute von der Gare an so ein industriell kommen zu lassen. Das ist etwas, wo, wenn ich richtig am Kap und Madame Kahn sogar eine Question parlamentär dazu gemacht wurde. Wir waren eigentlich ein bisschen überrascht, dass das in dem heutigen Kontext nicht wirklich ein Thema wäre. Auf jeden Fall fand ich das eine gute Idee, wo ich auf jeden Fall darüber nachdenken sollte, und wo mich gefragt, dem Chefrat seine Meinung dazu zu wissen. Dann wollte ich dann aber auch sagen, dass das heute Beruhigungen sind, die wir, wie gesagt, begrüßen und gut fanden. Wir meinen aber, dass gerade durch die Sportinfrastrukturen heute nicht mehr Verkehr wird an den Quartier kommen. Und man darf hier natürlich ein bisschen als frohe stellen, inwiefern, dass die heute Verkehrsberuhigungen auch wirklich Verkehrsberuhigungen werden sind, weil einfach den Charge vom Trafik trotzdem nicht mehr wird gehen. Und dafür sagen wir auch gleichzeitig, dass wir eigentlich mengen, dass ihn längerfristig wahrscheinlich nicht lernt, so eine Zucht von Kontournement könnt von haben, wie ihn auch an den ersten Plan angezeichnet war, für eben einfach zu garantieren, dass ihn einfach Männer Charge von Vehikeln hört am Centre de Ham. Und das wollte man einfach auch so tun. Voilà, die Remarque, die ich für noch immer gemacht habe, dass man keine Invitation kriegt, noch Präsentation haben und dass doch kein Rapport gibt. Die gilt für das heute genau dasselbe. Ich würde mir schon gerne dass das in Zukunft dann noch wird klappen. Und ich will auch hören, dass man dabei ist, dass für Sie ein Rapport von der Reunion nicht erfragen. Das heißt, Sie muss man dann nicht nachdenken darauf antworten. Wir werden es natürlich auch bedauern. Merci. Merci. Merci, Herr Benoit. Madame Weißel. Merci, Madame Burgemeester. Merci, Herr Benoit, auch für Ihre konstruktiv initial Remarken. Die Geschichte mit dem ganz genauen Lokalisation von dem Passage Pétan. Wir haben das nach zweimal in der Nähe geguckt mit den Servicen an Passage an Servicezirkulation, die gesehen, weil auch da ein Problem ist von wem, die sollen gerettet gehen an Sicherheit, an Regeln, die es gibt mit der Distanz von dem Passage Pétan, also definitiv, und das ist gesagt von der Moje nach von unseren Services bestätigt gehen, dass sie nicht mehr auf der Platz kann sein, weil sonst ist sie nicht konform zu den Regeln und möchte mehr eine Gefahr für die Leute, die nicht diszipliniert sind, die dann auf einem anderen Platz wollen durchlaufen. Aber den Passage Pétan muss obligatorisch die Regeln nur auf der Platz sein. Wenn der Leute wollen, über den Wurst und durch den Bulli laufen, Herr Benoit, ihr wisst, das ist gut. Sie gucken dann nur sich, und wir gucken nur die Regeln an den Fußgängerstreifen, könnt nur Decision für die Passage, der Zirkulation und der Servicetechnik genau auf den Platz, wo ein Lauf hier gesehen ist. Merci. Très bien. Wollt noch Herr Goldschmidt? Merci, Madame Burgemeester. Ich wollte effektiv nach antworten über die Verbindungen von Zenz auf Hamm. Das ist auch so, dass wir die Karte gut kennen und dass das für uns auch eine logische Verbindung wäre, die sowohl Madame Kahn, wo sie eine Question parlamentär an der Chambre gestaltet hat, aber wo auch wir hier am Haus noch draußen schon froh gestaltet und noch gesagt haben, es wäre gut, wenn da wo die Gare ist, was ja ein Ouvrage von einem Minister ist, wo der Lift gemacht hat, dass die sonst okay gemacht hat, dann haben wir gefragt, ob du nicht auch eine Möglichkeit gibt, dass der Lift mehr hoch geht und dass da eine Passerelle gibt, die rüber geht, weil das gibt Sinn machen. Aber das ist einfach ein Ouvrage, den nicht wir machen. Wir werden auch da ein bisschen mit dem Minister schwätzen, weil wir wollen auch, wenn die Velosbrücke an 2 Jahren fertig ist, will man natürlich nicht nur an der Zenzer Straße eine gute Velosinfrastruktur haben, wir gucken auch, ob wir zusätzlich eine Möglichkeit tun für die Weg, wie es bei Zenzer gar gut
aménagéiert zu kriegen. Und da gibt es no Sinn machen, dass es doch eine gute Verbindung gibt von der Zenzagar mit einem Lift, mit der das kein Ouvrage, den wir können machen, für dann rüber an die Zone d'Aktivität. Was lo Konturnement geht, ich probiert lo mal bildlich vorzustellen mit der Karte, wo die Autos da fahren, wo sie kommen. Also normalerweise sollen sie die Hauptstraße Polfamilien respektive Irrgärtchen und sind eben die Autos, die da die Schleichwehr, kann ich so benutzen. Mit der Tisch Konturnement weiß ich nicht, wo den da soll gemacht werden. Zu Ihrer Remarque, dass da so viel mehr Verkehr wird kommen. Ich kann nicht sagen, die Schule, die da ist, die internationale Schule, die trainiert mehr Verkehr all da wie die Leichtathletik. Und die wissen es ganz gut, weil die schon an der Leichtathletik gut auskennt, wie viele Verkehr die Leichtathletik Matze springt, Dienstag und Donnerstag hauptsächlich. Du hast nicht all Weekend eine Kompetition. Wenn man da ein flottes Evenement 1 bis 2 Mal im Jahr haben, Weekend, dann ist das flott, dann wäre das wünschenswert. Schon net an der Reunion gesot so und überall für all die Leute, die dort rundherum wohnen, mat Kanner, mat Jugendlichen, die werden sich freuen, dass sie dort eine Infrastruktur kriegen, für die Sportarten auszuüben, wo eben oft an enger Gemeng oder an enger Region nimmer geografisch auf enger Platz sind. Das wird wirklich eine Plus-Value gehen. Und ich verspreche nicht, wir werden alles machen, dass das ganz geordnet über die Bühne geht, mir wird aber klar aus, während einer Chantierszeit gibt es immer Desagrément, mit Dono geht es mit Sicherheit ein Plus-Value für die ganze Quartier, wo wir auch während Jahren oftmals von Leuten gesagt haben, wir geben die Quartier von Nolation, lo machen wir etwas Flottes, wo viele Leute zu gut können. Und dafür wäre ich froh, wenn da die Projekte alle guten Gifte mit drohen. Voilà, ich stelle also die Projekte zum Wort, aber lo, für die Stücke zum Wort, wen aus der Firma, wen aus der Gegend, wen enthält sich, merci vielmals. Und dann noch die letzten de Travaux, hier geht es den Projekt für die Felsen innen an der Polfamilien zu stabilisieren, sind dazu Wortmeldungen. Wenn nicht, dann stellen Sie zum Wort, wen aus der Firma, wen aus der Gegend, wen enthält sich. Unanimität, merci, das ist auch ganz wichtig. So, da kommen wir auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du jour. Hier geht es um den Urbanismus. Hier geht es für dich um ein Projekt zu Merel an der Rue des Ligures, wo den HPM, den ausschließlichen Proprietär von denen Terrain ist, kann ein flottes Projekt, wo wir d'accord sind, wenn wir ja so ein flottes Projekt kann angefangen gehen, sind dort so Wortmeldungen. Den Herr Philippa, ja. Herr Philippa, die hat Wort. Merci, Madame Bürgermeister. Ich schwätze zu dem Projekt über die Modifikation punktuell vom PAG, couvert von dem PAP Nouveau Quartier in der Rue des Ligures zu Merel. Der 5. Februar hatten wir dieses Projekt an der Kommission de Développement Urbain et Économique. Die Vertreter von der CSV, DP, die Geringe LSAP, die Linke, ADR und Piraten haben das Modifikation angeholt, was ich meine, für die Mitte schon ein gutes Zeichen ist. Ich wollte ein paar Worte dazu sagen, weil dieses Projekt von größerem urbanistischen und sozialer Wichtigkeit ist. Ich bin froh, dass wir hier bei einem Projekt, den 305 Unitäten für rund 900 Leute Wohnraum vorgesehen führen können. Das ist eine Initiative von der Société Nationale des Habitations à Bon Marché für das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum. Der Politmonitor von ILRAS vom letzten Dezember unterstreicht, dass die Wohnungskrise die Leute prioritär immer noch beschäftigt. Bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren sind 81%, die sich Sorgen machen an dieser Frage. In der Alterskategorie von 25 bis 34 Jahren machen sich auch 3/4 von den Leuten viel Sorgen über die Situation im Wohnungsmarkt. Nicht mehr spät wie die letzte Woche. Und mehr wie 50% sich an einem offenen Brief und die Regierung gerichtet, für weitere Mesuren zu holen. Ich will aber auch hier ganz klar unterstreichen, dass die Regierung sich der Situation bewusst ist, auch schon ein paar die Mesuren umgesetzt wird, auch weitere Mesuren an der Prozedur sind. Wir wissen alle, dass seit Jahren am Grand Duché nicht genug gebaut wurde, für auf die Wissen von der demolischen Population zu reagieren und damit den Retard bei dem Wohnungsbau zu kreieren. Die zweite Ursache,
die mir aktuell hängt mit den hohen Zinssätzen zusammen. Viele Investisseuren, egal ob sie ihre Wohnung wollen, lohnen oder kaufen, können ihr Projekt nicht mehr finanzieren oder bald nicht mehr. Banken sind mit vorsichtig gehen, Zinssätze geklommen, und wenn es dem haben Transaktionen deutlich nachgelost, der Markt für Neukonstruktionen ist noch nicht so richtig ersprungen. Für Lützeburg als Standort zu konsolidieren, ist es wichtig, gerade den Jungen bezahlbare Wohnungen zu freieren. Die Alterstranche von 35-Jährigen ist die größten an der Stadt. Nicht nur die von 25 bis 30. Wir müssen die Entwicklungen unterstützen, für zu evitieren, dass uns die Population ält. Sie muss aktiv bleiben, an High bleiben, für den Staat ewig zahlen. Ich begrüße all die Erfahrungen, die der Staat, aber besonders wir als Staat Lützeburg machen, für abordable Wohnungsbau zu schaffen. Auch das Engagement bei der WEF als ein wichtiger Schritt, wo der Staat sich firm und stark engagiert wird. Der Staat mit dieser Modifikation punktuell vom PAG hilft, Wohnungsoffer zu stärken. Und ich ging mir wünschen, dass wir an den besten Delay können die Autorisationen für die Einzelresidenzen an Häusern aus diesem PAP Rue de Ligure gehen. Der Bauherr ist, wie gesagt, das ein HPM, die eine ganze Reihe von Projekten an der Stadt schon umgesetzt hat, schon ganz lang, einer rezent, wie an dem Centre de Merle oder wie Zenz oder da, auf der Etscher Knupp, wo ganz ambitiöse Projekte mit von der Fondada 50 wo 12 Wohnungen en Cours, respektive mit 250 Wohnungen Kirchbirch. Beim Projekt Rue de Ligure sehen wir, dass die Densität von 50 auf 100 Logementer pro Hektar herabgesetzt wird. Densität schafft Lebensqualität, weil Bewohner direkten Access zu den Services de Proximité und der Basierung. Sie sind Männer auf den Auto angewiesen und wohnen mehr bewusst an ihrem Quartier. Das sind richtig Wohnquartier und keine Schlafstätte mehr. Diese PAP ist direkt um Meerland und Porto Hollerich angebunden, profitiert von einer exzellenten Verbindung mit dem öffentlichen Transport an dem Velosnetz, leidet nur bei den Schulen und dem Konservatoire. Die Densität erlaubt einen zentralen Platz zu schaffen mit ein paar Geschäften, also ein Platz, wo sich kreuzt und nicht just Land Schnee lebt. Der Quartier ist am geringsten angebet und geht durch einen Talü vom Kamedi von der Autobahn nach Besch getrennt. Über eine Koordination mit Pont et Chaussee geht die Gliederung von diesem PAP und Porto Hollerich schon mal evaluiert. Die Autobahn geht ja später an den Boulevard Urbain umgewandelt. Das sind Projekte, die an der Diskussion sind. Das ist für die Stadt wichtig, hier schulische Infrastrukturen für die neuen zusätzlichen Anwohner mit anzupassen. Das ist nicht immer evident, dass große PAP so gut durchgeholt gehen. Eine Analyse environnemental approfondiert ist für diesen Zeitpunkt nicht notwendig. Nur für konsultiert an die einzige Reklamation, die rauskommt, auch gelauscht hat. Die Division de l'Inspection sanitaire hat ihren Avis gegeben. Die Cellule d'évaluation vom Ministère de l'Intérieur singen Remarque für mehr Intimität für die Bewohner an zu der Sichtachse gaufen am Sinn von bester Lebensqualität umgesetzt. Ich kann mir just wünschen, dass dieses Projekt für bezahlbaren Wohnraum so sehr wie mich umgesetzt kann gehen, meine Zustimmung dafür hat. Vielmals merci. Ich schon dem Herrn Philipp auch vielmals merci, weil ich meine, ich hätte nicht besser präsentieren die Projekt und effektiv auf all die Sachen abgepasst, die auch für drunter in unserer Diskussion gesucht gehen, als so viele Grenzrundräume frei, wo die Leute können davon profitieren, wie nicht mehr möglich. Und aber auch in einem Quartier, wo ganz viele Services schon da sind. Also es keine Frohen dazu sind, da ging ich das Projekt zum Wort stellen. Wen hast du dafür? Und sind wir d'accord, dass wir die CO3 Punkte, das heißt sowohl der PAG wie die Modifikation vom PAP, die drei, sind wir d'accord für die drei, mit den einen an dem was zu machen? Ja, an der Berg, an den wäre ja schon positiv. Merci vielmals. So, und dann den letzten, das ist der dernier Sol, du hast schon geht um eine Entrée, die zusammengelöst wird, die ganz minim Änderungen sind dort zu Wortmeldungen. Dann nicht da stellen ich zum Wort, wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Merci vielmals. Da kommen wir direkt auf den 10. Punkt von unserem Ordre du Jour. Da geht es um die Ausdehnung von der Videosurveillance auf der Gare, wo wir im Moment schon 51 Kameras haben. Wir haben letztes Jahr einen Brief geschrieben an den Minister de l'Intérieur, den 10. Januar, und du nach ein Jahr noch gehakt, den 21. Januar, für die Zone auszudehnen, weil es eben eine Zone ist, wo
ganz viele Infraktionen stattfanden. Die Sohn, die eben ugedurcht war, da kommen 110 Kameran dabei. Wir kruten ufangs des Jahres, am 15. Januar, krut man die Analyse von der Polizei, weil das Gesetz gesagt hat, dass wir das können aufrufen. Und dann geht der Minister das weiter und Polizei, die NRW muss über die ganze Situation machen, den Huder an ihrem Dossier, was alles da lebt, wie viel und wo die Infraktionen geschehen. Das kruten wir also den 15. Januar. Wir hatten auch so, wie das Gesetz hat gesagt, muss mir heisen nach wie gehen. Wir gehen also nach wie. Wir holen nicht nach Decision, wir gehen also nach wie. Da muss das Komitee de Prävention kommunal zusammenkommen, den 25. Januar zusammenkommen, wo wir über all die Zahlen nach ein gegangen sind, aber festgestellt ist, dass es schon wichtig wäre, für die Ausdehnung zu machen. Wir haben auch den Fachgeber, der muss auch ein Avis dazu gehen. Es war gefroht gehen, den Avis zu kriegen, und wir kruten den noch, den ist auch an ihrem Dossier, an den Avis vom Procureur d'État, den ist ganz positiv. Ihr seht, dass der justifié ist, opportun et conforme aux exigences légales et fondamentales applicables. Ich bin dann gespannt zu hören, was die verschiedenen Fraktionen dazu sagen. Wie gesagt, den Avis, also das, was der Schafferot proposiert, also einen positiven Avis zu dem Rapport von der Polizei zu gehen, die ging erlauben, dass der Minister dann noch, wenn er seine Decision hält, dass wir dann die 110 Kameras können auf der Gare mehr installieren. Voilà. Wen will dort so das Wort holen? Den Herr Philippert, den Herr Benoit, den Herr Biewer, den Herr Boissante, den Herr Werner und den Herr Weidisch. Pardon, entschuldigt, ja, Madame Brümmer. Okay, Herr Philippert. Merci, Madame Bürgermeister. Ich begrüße das Initiativ, die geholt hat, für die Lebensqualität an der Stadt zu steigen. Wir haben für den Moment 130 Kameras, die schon installiert sind. Das Projekt kennt, für das auszudehnen, weist, dass sich die Initiative, die schon lebt, sich als effizient gewiesen hat. Sie hat einen dissuasiven Charakter, sie hat den Charakter, dass ich etwas abklären kann, dass wenn etwas Milan geschieht, dass ich direkt kann intervenieren. Und sie hat etwas, das ganz menschlich ist. Der Mensch selber wird nicht gefilmt. Es geht die Handlung geht gefilmt, und das ist die Handlung, die wichtig ist. Es geht nicht darum, engem sein Gesicht zu hören und zu sagen, du wärst oder so. Es geht um die Handlung. Das ist ein menschlicher Aspekt, den an dieser Sache ganz, ganz, ganz wichtig ist, wo ich auch froh bin, dass die wir in der Vergangenheit an dem Sinn auch weiter respektiert wird. Für was wird die Quartier Lodo ausgedehnt? Wir sind hier an einem ganz wichtigen Teil von der Stadt. Ein Teil, wo Leute wohnen, wo Leute Geschäfte haben, wo Schulen sind, wo wir auch wissen, dass Infrastrukturen bestehen für Leute, die vulnerabel in unserer Gesellschaft sind und mehr exposiert vielleicht sind wie andere. Ich denke noch da und Kanada bin an den Schulen. Wir wissen noch, dass es ein Platz ist, wo bei bestimmten Zeiten auch eine gewisse Prostitution auf den Quartieren stattfindet. Also auch das ist ein Platz, wo ich muss Sicherheit garantieren oder wenigstens probieren, sie zu dissuadieren. Wenn in den Rapporten guckt, da gesagt, dass 4.000 Infraktionen an einem Jahr an dem Deal konstatiert sind, wo aber dadurch, dass sie ausgedehnt wird, gar plus gar bis, man 90% werden können, mehr an den Griff zu kriegen. Das ist auch wichtig zu wissen, dass das Initiativ ein Komplement ist. Erstens annonciert das, zweitens den Privatraum von den Leuten respektiert, das nicht den öffentlichen Raum, den an Bild geholt wird, an
Bild, wie gesagt, die Leute maskiert sind, Bilder auch zerstört gehen, nur engem gewissen Zeit. Das ist ein Kompliment zu den Streetworker, zu den Agents municipaux, zu den Cours de Prävention, zu den Konzertationen mit den Anwohnern, die das auch gerne zum großen Teil hätten, weil es ihnen ein gewissen Sicherheitsgefühl gibt. Ich will aber auch ganz klar sagen, dass das Sicherheitsgefühl auch ein subjektives Gefühl ist, wie in durch einen Staat geht und ob er seinen Blick riecht. Aber ich meine, wir müssen gucken, dass die Leute sich in dieser Stadt wohlfühlen. Wir haben noch einen anderen Aspekt bei diesem Quartier. Der Quartier ist ein Quartier, der an einem ganz großen Umbruch ist, wo Sachen aufgerappt gehen, Sachen gebaut gehen, ein Tramslin kommt bei und so weiter. Das sind Plätze, die sind noch nicht gebraucht, andere sind nicht mehr gebraucht, andere, das ist ein Va-et-vient, das ist immer exposiert, für das von allen möglichen Ursachen kann genutzt gehen, die vielleicht nicht immer für die Sicherheit weggeht. Ich meine, dass wir auch, dass wir 110 Kameras aufstellen, sind wir dort auf 31 Straßen, die dort dran erfasst gehen. Das ist nicht wenig, vom Boulevard d'Avranches über den Boulevard de la Petrus bis an Tollerischer Straße an die neuen Quartieren ran. Das ist wirklich ein Souci für sich auf die Lebensqualität zu basieren, und dass wir auch nicht arbiträr, man hat mich gerade gesagt, auf was für Basisen, an Rapporten, an Analysen die Initiative geholt wird. Und wenn einer meint, es ging den einen oder anderen, ging das die Aktionen deplacieren. Ich meine, du spielst eine ganze Reihe anderer Gründe mit, wie just eine Kamera, von der ich weiß, dass es geht. Ich freue mich auf jeden Fall für diesen Schritt in Richtung Lebensqualität und Sicherheit von unserer Stadt und unterstützen das Initiative voll und ganz. Merci. Merci vielmals, Madame Römmel. Da kriegt Herr Biewer das Wort. Vielmals merci für das Wort, Madame Bäumeister. Wie dir noch schon Herr Pilipalo exzellent resümiert hat, gehe ich noch nicht auf die Chiffren an. Ich meine, die haben schon hören. Ich meine, heute schwätzen wir über eine Extension von einem existenziellen System, den es schon gibt, an der Neuauffahrung. Das System, den der Mensch auf der Gart gibt, hat an verschiedenen Prävention der Krime schon hier frischste Brüche, wie man das auch letzte Woche am Saal von der Polizei erklärt wurde. Der Gara Quartier ist von den meisten kontrollierten Bereichen von unserer Gemeinde, an wo am ganzen Tag ganz viele Leute zusammentreffen. Wenn wir alle wissen, kriegen wir immer Rückmeldungen von Anwohnern oder von Geschäftsleuten aus dem Quartier, was Infraktionen, Vandalismus oder andere Inzivilitäten. Als Gemeinde also den Eis darauf eine proportioniert legal Antwort zu geben. Die proposierte Erweiterung ist kein Allerhaltsmittel, sondern ist ein zusätzliches Instrument, was die Präsenz von der Polizei an Präventionsarbeit an dem Quartier ergänzt. Dafür unterstützen wir als CSV diese Erweiterung nicht nur, weil Videoüberwachung präventiv einen aufschreckenden Effekt hat, aber auch, weil die Erfahrungen weisen, dass sichtbare Kameras aber dazu beidrohen, verschiedene Verstöße zu verhindern. Sie helfen außerdem dem Parquet und auch der Polizei eine Aufklärungsarbeit für Straftaten zu machen und das auch a posteriori. Die Erweiterung von der Videosurveillance ist immer eine logische und auch kohärente Weiterentwicklung, die wir schon an der Stadt angefangen haben. Und bei der Sichergestaltung muss gehen, dass aber die Privatsphäre von den Mitbürgern und auch den Datenschutz muss respektiert werden. Wir konnten das letzte Woche ganz klar erklärt und auch wie Herr Philipp schon ergänzt hat, gibt es nicht Privatentreen von den Leuten gefilmt, mehr in den Straßen und den Espace public gefilmt. Weil, wie wir alle wissen, darf eine Sicherheitsarbeit nicht auf die Kosten von unseren Grundrechten gehen. Wir sollen ein Equilibrium zwischen einer öffentlichen Sicherheit und einer Privatsphäre sein. Aus dem Grund soll ich auch dem Innenministerium merci sagen, für dass sie als Gemeinde, aber auch die anderen Gemeinden, weil wir wissen, dass den Visopol auch andere Gemeinden am Land erweitert gehen, als an diesem Dossier unterstützen. Und dafür freue ich mich, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Ich will auch dabei zu betonen, dass wir schon nach einem Projekt haben, für das ganze System auf Bundesweg noch auszuweiten, werden wir auch begrüßen. Und ich gebe mir auch meinen, dass es am Ende wird, die ganze Videosurveillance auch hier im Staatszentrum noch zu erweitern. So nicht merci. Merci, Herr Biewer. Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Bäumeister. Ja, wir sind heute gehalten, in wie aufzugehen als Gemeinderat über eine Ausweitung von der
Kameraüberwachung op der Gar. Das unter dem ich mich erinnern kann, wäre das die Drittausweitung, die op der Gar gött. Ich meine, weil die bei Kameraüberwachung generell immer muss so wat ernstcht ass wie bei anderen Polizeimoyen ass da sinn hainet eng mesure huet, die ganz gezielt hier geht, mit das Jidverreen erfasst gëtt, an den also an engem Spannungsverhältnis ass töcht der Froh vun der Sicherheit, töcht der Privatsphäre an den Grundrechter. An dofir as Teilmengegement wichtig, da se ganz genau guckt, wat dat ganz bringt. Schon schon gesot am enger Introduktion op der Gar henken schon eng Zeitkamera an, nämlich fir genau ze sinn sind dabei 20 Joer. 2007 goufen do die Eichkameraen opgehangen, an 2019 komme zu der Eischter Extension. Mg Frolo und ihr alle Guten huet sech Sicherheitsgefühl an de letzte Joren wirklich op der Gar verbessert. Schmengen net wirklich. Dat gifen also Leute Antworten, die do wohnen an die do NRW sind. Als man der Kriminalität schmengen auch nicht wirklich und das geht doch ganz klar aus den Chiffren heraus. Ja, was bringt dann das Video Überwachung? Wenn wir gucken, ob dann in flagrant die Leute direkt erwischt gehen und also wirklich davon aufgehalten gehen, für so Sachen zu begehen, die sie nicht sollten. Da so und dort Rapporten als klar, dass die Kameraüberwachung keine efficace Mesure ist für etwas gehen, für in flagrant die Leute zu erwischen, die Crime machen. Aus dem Rapport von der IGP also rauskommt, dass an der Moyenne just 7 Arrestationen Jahr en flagrant délit gemacht gesinn, grâce au Visupol an dat an de Joren 2014 bis 2020. An wann ihr generell guckt, wofir de Visupol benutzt gin, das sind die letzte Chiffren, die ich hat, dass a 4% vun de Fälle, wo de Visupol genutzt gëtt, dat fir in flagranti zu intervenieren, an eben an 96% fir Obklärung ass. Me, also so nech auch klar, dass et fir d'Obklärung kann sinnvoll sinn. An Poli an de Parke so dat och an durch Visupol sind am Jahr 2024 638 Spieler Fin policier benutzt ginn, so als das enge Antwort op en Question parlamentär rauskommen. Dann stellt sich natürlich für alles froh von den Deplacementer, die eventuell durch Videosurveillance können kommen. Ich meine, noch da muss ich keinen großen Expert sein, für zu realisieren, dass wir an den letzten Jahren schon Deplacementer hatten. Sie wird von der Gare auf Boneweg, sie wird von der Gare an den Staat, auf der Kirchberg und so weiter. Das heißt, die Videosurveillance und das auch wissenschaftlich beleuchtet, hat, egal wie Deplacementseffekte, also ein weiter wichtiges Argument für wirklich ganz gut aufzupassen, wenn ihn auf den Moyen zurückgreift. Das riskiert, wie gesagt, wirklich ein falsches Sicherheitsgefühl zu gehen. Wir sehen zu, dass Probleme durch Videosurveillance nicht aufgegangen ist. Froh ist eben also, wie effizient ist das Ganze. Und mir wird aber denken, dass wirklich ein Fakt ist, dass das der Justiz wirklich hilft, für zu enquetieren. Froh ist natürlich immer, wie es verhältnismäßig geht, wissen, dass es trotzdem ein Spannungsverhältnis gibt, auch zwischen der Sicherheit der Privatsphäre an den Grundrechten. Dafür ist es für uns gering. Ich meine, es ist wichtig, dass wir wirklich ganz genau aufweichen, wie wir mit dem Instrument wollen umgehen. Und Medina ist immer da, wir machen uns auf jeden Fall immer dafür ganz genau Gedanken, wie wir uns dazu positionieren. Eine Kameraüberwachung können wir als gering wirklich schüss machen, wenn es absolut gerechtfertigt ist. Ich muss auch klar sagen, dass man wirklich nicht d'accord sind mit der aktuellen Tendenz, die in Dach von der DP-CSV-Majorität hier an der Stadt, aber auch national gesagt, wo es wirklich zu einer deutlicher, massiver Ausweitung kommt. Wir wissen, denn Herr Biewer hat schon gesagt, dass Boneweg Schnocht wahrscheinlich schon ein Projekt an der Pipeline ist. Und den Herr Biewer hat gerade auch gesagt, dass er gerne eine Ausweitung hat hier am Staatskehr. Und bon, voilà, da sind wir sehen das nicht unbedingt als efficace und wir sehen das als verhältnismäßig und wir mengen auch von allem, dass es nicht zu mehr Sicherheit an der Stadt feiert, aber wir wollen noch allgemein nicht an einer Überwachungsstaat leben. Wir haben an der Stadt schon eine Reihe Zonen,
mir längerseits rund das Kongresszentrum Kirchbiersch eng Zone, respektive auch beim Stadion eng Zone. Das sind Zonen, die wennst gewissen Obligationen, sie wird die Europäische Union oder die UEFA unumgänglich waren. Es gibt auch eine Kameraüberwachung am Tunnel in der neuen Brick, was geschlossenen Raum ist, wo es am Anfang effikaz ist, für Kameraüberwachung zu machen, weil du hast in einem Zonenraum. Es gibt auch eine Kameraüberwachung rund um die Schule und Spielplatz auf der Gar, was auch ein Platz war, wo wir konnten damit leben. Dann haben wir an den letzten Jahren heute damit befasst, für die Kameraüberwachung zu erneuern, rund um den Hamilius, respektive auf der Kinex Wiss. Da waren unsere Begründung doch echt dünn. Und bei der ersten Extension, wo am Moment der Chantier am Gang ist für Bohnenweg, haben wir uns doch ganz ernsthaft gefragt, wie verhältnismäßig das Ganze ist. Wir haben ein großes Risiko gesehen, eine Gefahr für die Verlagerung an der Wohnquartier ran, wobei man dadurch auch wirklich fährt, dass das ganz kontraproduktive Effekte kann haben. Und ich will eben noch einmal unterstreichen, dass der Parquet selber bei Bohnenweg einen Strach hat, dass er reserviert wäre par rapport zu der dort Extension. Kommen wir dann aber bei dem Projekt, den als Haut hier leitet, von der Gar. Du hast viel gesehen, dass über 100 Kameras beikommen. Ich will also dann präzisieren, dass wir mittlerweile bei über 400 Kameras wären, die an der Stadt hängen, wenn das Projekt Bohnenweg Süd umgesetzt ist. Wissen dann, dass auch nach Bohnenweg Nord an der Pipeline ist und dann verschiedene Leute auch schon davon drehen, für die Kameras auch noch an der Stadt aufzuhängen. Hier kommen 33 Straßen bei. Dann haben wir noch die ganz Gar voller Kameras, außer den Eck rund um Place de Metz, Boulevard de la Pétrus, Rue Goethe und Rue Rodange. Wir kennen als Geringer aber auch dass Gar klar wirklich den Hotspot ist von den Problemen, also mit Delinquenz, Kriminalität und so weiter. Mit einem Drittel von der Delinquenz general an der Stadt finden auf der Gar. Ungefähr 5.000 von den 17.500 Fällen, die an der Police-Statistik stehen. Und letztes Jahr geöffnet auf der Gar, also an den letzten Jahren geöffnet zwischen 2.000 und 3.000 Infraktionen penalen Jahr do. Ich will wirklich unterstreichen, dass Videosurveillance kein Allheilmittel ist, kein sogar falsches Sicherheitsgefühl gehen, und es gibt ein Risiko an unseren Ernten für die Verlagerung. Mehr an das kennen wir auch gar als ein Hotspot an Videosurveillance kann der Justiz helfen, die Arbeit zu machen. Und am wieder an so viel Leute hat der Parquet auch gesagt, dass an hier an das heute eine Ausweitung ist, die eine pertinent und eine proportionierte Mesure ist für die Enjeux, die identifiziert sind auf der Haut der Platz. Wir bedauern, dass Haut am Dossier eigentlich nicht viel Leid wird finanziell durch könnt. Wir wissen, dass das ganz für die Polizei natürlich für die Polizisten, die darauf arbeiten, die muss ja auch bezahlt gehen. Aber bei Bohnenweg waren wir trotzdem mit einem Invest von 2,3 Millionen an die Infrastrukturen waren wir befasst. Wir wissen nur eigentlich nicht, ob es heute durch könnt. Von Kostenpunkt, das wäre ein Schritt gewesen von der Gemeinderat auch da da befasst gewesen Haut. Und dann, das ist aber kein Projekt, den hier am Saal. Wir schmengen, dass wir sind einfach gucken, wenn das Gesetz auf der Liste hält. Eigentlich fand ich es richtig, dass wir als Gemeinderat, wenn wir uns einmal da befassen, den Avis vom Parquet verleihen haben, den Hummer verleihen, weil der Prokureur so fein ist, uns den zu geben, weil ich richtig fand, weil ich fand, das ist eine wichtige Information. Mir genauso gut fand ich eigentlich, dass es wichtig wäre, dass man den Avis von der CCDH hätten, den auch an der Prozedur gemacht wird. Mit den hat just der Minister verleihen. Und ich fand eigentlich, dass das doch util wäre, dass mir den auch hätte mir das wie gesagt an der Prozedur, so wie sie vom Gesetz vorgesehen ist, nicht vorgesehen. Andererseits will ich dann einfach unterstreichen, dass schon Pumbo gesagt, Videosurveillance ist kein Allheilmittel. Und gerade so gut mengen wir, dass die Stadt Lützeburg nach einer ganz Reihe Hausaufgaben, die sie auf der Gar kennt machen, nach mehr konsequent abhaken. Wir sagen zum Beispiel als Gring schon ganz lang, dass man wirklich einen kommunalen Drogenaktionsplan für die Stadt brauchen, für die ganze Problematik nach viel mehr konsequent umzupacken. Sie wird, wenn es um Präventionsarbeit geht, du hast natürlich die ganze Wolle von den illegalen Drogen, aber auch von den legalen Drogen, denen in unseren An muss noch viel mehr systematisch umgehen mit den verschiedenen Interventionen. Wir sehen auch nicht, dass wirklich mal wirklich
fundamental méi an noch méi diversifizéiert Raum fir die drogenofhängeg Leiit kreien, sech fir Dezentralisierung vun den Drogekonsumraum. Do schwätzen wir schon ganz lang drüber, das lo eng Infrastruktur, die effektiv beikom ass méi, das einfach die eenzech wissen, dass es schon seit gefilten 10 Jahren über das Problem schwätzen. Du musst einfach gucken, den Blick an Ausland, an dem steht, die Problem nach mehr systematisch umgegangen sind, die haben da wirklich viel mehr, noch viel mehr Kleinstrukturen geschafft, dann noch viel mehr angepasste Strukturen geschafft, wie wir das an der Stadt gemacht haben. Und ich will auch nicht unerkennen, dass das nicht gemacht wäre. Der andere ist den ganz Wolle von dem Housing First Programm auch für drogekranke Menschen. Auch das an der Optik von einer Dezentralisierung, nicht alles auf der Gamme, auch an den anderen Quartieren. Da müsste man uns auch wirklich nach einem Schub beilegen. Eine ganze Wolle von der Abwertung vom öffentlichen Raum, weil gerade wenn wir über Salubrität schwätzen, wenn wir über die Wolle schwätzen, ist es wichtig, dass wir auch die urbanistisch froh daran konsiderieren. Wir haben schon als gering Purmol wirklich gesagt, dass wir einen Plan brauchen für die Avenue zu revalorisieren, für die besser zu machen, Wallisplatz und so weiter, die Mischchen zu gestalten, noch zu gucken, man Trafik dort zu haben, etwas ganz Konsequentes gegen den Leerstand zu machen, einer steht, machen Leerstand steuern, für wirklich die Proprietären dazu zu incitieren, dass man keinen Leerstand tun. Wir haben da gar immer noch viel zu viel Leerstand, just für eben ein paar Beispiele zu nennen, wo die Stadt Lützeburg eigentlich allgemein für die gar abzuwerten, danach viel mehr machen. Und dann, last but not least, sagen wir einfach, dass wir gesehen haben immer Zahlen, bon, Polizeistatistik als Savos Gesavo auch Statistikmänglisch von den Affären, die abgemacht gehen. Du gesagt dir ganz klar, dass man auf der Gar viel las und dass Poli auch viel schafft. Aber das nicht, nämlich dass wir eine richtig kriminologische Analyse hatten zu der Effekazität von seinem System wie Visupol. Mit der doch deutliche Ausweitung, die wir an den letzten Jahren so mir ganz klar, dass es wichtig ist, dass so wie doch an den vergangenen Jahren schon gemacht ging, dass nur der Mise en place von den neuen Zonen, die wir noch wirklich mit einem unabhängigen Blick von außen, kriminologisch, wissenschaftlich drauf guckt, was das ganz wirklich bringt, wie man das soll weitermachen, was vielleicht auch mehr effizient ist, mehr kein Telefon, weil an uns ist klar, eine generelle Ausweitung, wie wir den Willen bei verschiedenen Leuten auch spüren, als an uns nicht die Lesung mehr als Augenwischerei. Merci, Herr Boissante. Merci vielmals für die Furt. Ein komplizierten Debatt, eng Thematik, die uns hier am Gemengerot oft auseinanderhält, obwohl wir müssten theoretischerweise all dieselben Büt, all dieselben Zweck, weil wir haben all dieselbe Verantwortung. Wir sollen durch uns verschiedene Entscheidungen, durch eine Politik, auch eine Konziliationspolitik, wir müssen uns eins gehen, dass Sicherheit an unserer Stadt, auf dem Territorium von unserer Stadt, für uns Bürger, für die Leute, die hier wohnen, für die Leute, die hier arbeiten, für die Leute, die als Touristen kommen, müsste eine sichere Sache sinn. Das ist aber im Moment natürlich nicht der Fall. Sonst gibt man nicht über so eine Thematik schwätzen, wie die Verbreitung von Kameras. Ich probiere meine Intervention ziemlich kurz zu halten, weil, wie ganz oft, haben wir ganz viele verschiedene Points de Kontakt mit der Argumentation von denen Gringen, obwohl wir nicht wissen, wann dir anders stimmt oder ihr enthält. Die hätte als Konklusion nicht gesagt. Wenn er mal gut nogelauscht hat, dann hat er raushören, dass man den AV-Wert unterstützen. Gut, das ist der Punkt, wo wir dann an dem Fall von Geholt nicht verstanden sind, an vielleicht sogar mit den selben Argumentationen, mehr durch einen anderen Winkel. Die Verbreitung von Kamerasreso als zum größten Teil an unseren Ahnen ermittelt für die Denkst, für die Besoin von unseren Bürgern, vom Quartier, von der Garde, in der Quartier, den wirklich nur einem Sicherheitsgefühl Fried erscheizt, für das Gedanken am von Gehol zu entfernen. Absolut. Sie brauchen das, das hat den Herr Philipp auch purmal gesagt, auch mit anderen Argumentationen rundherum, das hat den Herr Böhner auch gesagt. Wir müssen den Leuten nur hören und wir müssen das Sicherheitsgefühl auch verstehen. Das ist aber nicht effizient.
Das net effikaz so wie verbret gëtt. Das nëmmen 1 bis 3% vun de Flagrant Delit, die do Mader am Fongeroll treiert ginn. Et das natürlich praktisch fir den an util fir Donno Parquet-Enqueten donno weiter benutze ginn und dat gesimmer natürlich un. Den Herr Biwer huet fir gesot, et gëtt net 400 Dir gefilt mit gëtt am öffentlichen Räume gët an de Strossen. Bënneweger an der Gas sind die mecht Dieren op der Stroos Herr Biwer. Mir hunn net Chance wie op verschiedene Kartien so eng 4 Paar de 4 Gar zu 100 die Leute die ran an rauskommen op verschiedene Platzen, die sind an die ginn op der Stroos auch do gefilmt. Hicht die Verwachungsphantasmus vum Big Brother vun der Stadt Lützeburg als natürlichsch Gefo fir als individuell Freiheiten. Nichtsdestotrotz als individuell Freiheiten solle net op Hotel vun der Sicherheit sakrifiiert gin an Sicherheit soll auch net sakrifiiert gin op de Notteil vun individuell Libertéiten. Et ass eng Ploster an mir brauchen am garer Kartier an eiser Gemeng e Gips mat den Problematik vun der Sicherheit. Problematik vun der Verbredung vun den Incivilitéiten, vun den Aggressionen huet den Herr Benoit schon erwähnt. Dat Gesimmer an dat gëtt acceleréiert seitdem ma justement de Programm vu Kamera installéiert hunn. Guckt Dich die Statistiken un. Wat bringt dann den doten Moyen, wat bringt die Verbrennung, wann et net mat Prävention. Wann et net mat ganz stark Moyen ass Hannendroen fir justement méi Incivilitéiten direkt können ze vermeiden an ze bekämpfen. Meer gesinnet so an vu Rolle doen. Ech so hanmech da ganz kurz. Mir stimmen net dogéint, wenn mir verstehen die Leute am garer Kartier, die het wirklich ganz schwéier hunn. Mir werden als awer enthalen, well de Pro e bëssen allng so steht. Vielmals merci. Merci, Herr Werner. Ja, merci vielmals. Zu allererst wollte ich eine Remarque machen, weil der Komitee de Prävention könnt ihr zusammen, wo auch die Sachen diskutiert gehen. Wir kriegen noch all de Bericht davon, allerdings, dass den so zusammen gesagt hat, nicht alle Fraktionen dran ist. Wir sind zum Beispiel nicht dran als die Länger. Trotzdem gebe ich es interessant fand, dabei zu sein, weil ich weiß, schon nach Mark Baum für kurzem geschwärzt, als Escher Gemengerot zu Escher, als alle Fraktionen systematisch dran. Ich gebe das schon für dich mal ein vierschlagen, dass die Praxis auch kennt imitieren, weil das aber kein Komitee, wo über Nebensächlichkeiten geschwärzt wird. Wir müssen dann nur über Sachen aufstimmen, die aber wichtig sind, aber noch ungeschwärzt wird von den Leuten, wenn ihnen an ihren Namen falsch oder richtig aufgestimmt wird. Ich meine, zwei Sachen sind noch wichtig zu sagen. Ich meine, ob in 4 Kameraüberwachung aus oder gegen Kameraüberwachung aus. Ich meine nicht, dass ein den 4 Kameraüberwachung aus eine komplette Überwachungsgesellschaft sich wünscht. Ich gebe da keinem Mal vorwerfen, genauso wenig wie in einem, den mir kritisch ist, par rapport zur Kameraüberwachung kein vorwerfen, dass für Männer Sicherheit wir. Ich meine, Problematik muss in ernst das umgehen. Wir waren auch, wir hatten gleich auch, waren wir d'accord, dass es Kameraüberwachung auf gewissen Punkten, dass die schon keinen Sinn machen, zum Beispiel bei Schulen, wo ich wirklich kann, wie soll ich so Lust gestalten, die sich vielleicht kann, könnte vergreifen und so weiter, könnte mal auf Distanz halten. Ne? Also, wenn das möchte sind, und ich meine, da sind wir nicht dagegen, oder bei der Passerelle zum Beispiel, weil den Lieu clos ist, weil doch Leute kann aber beruhigen, zum Nutzen. Jederin hat es gesagt, der Garer Quartier war immer ein Hotspot, also meistens bald überall auf der Welt im Prinzip. Das ist auch die liebste Quartier. Ich gebe so leider, also bald von den raren Quartieren, die wirklich nach Liebisch sind hier in der Stadt. Und das muss ich einfach bedauern. Dafür können wir nicht. Aber das ist eine Entwicklung, die an den letzten Jahrzehnten geschieht ist. Und ich sind noch nicht so super alt, aber schon aber eine Stadt kannt, die ein bisschen mehr liebisch war, auf gewissen Plätzen wie lo. Das aber auf anderen Plätzen mehr liebisch, auch hier im Zentrum. Ich meine, die Sachen, die entstanden sind. Das ist schon ein flotte Quartier. Schon lange an der Gegend geschafft und gelebt. Und es war wahrscheinlich eine von den flotten Zeiten, die ich erlebt habe. Wir wissen, dass du an das Jahr, das rauskommt, nur fängt du mehr problematisch zu gehen, entweder für die Leute, die da leben oder die da Richtung Zug gehen, weil sie auf der Platz da arbeiten.
Es geht ja auch, dass ja viel Probleme. Es geht auch gedealt. Wir sind aber auch so, ich habe auch mit Polizisten geschwärzt, ein Dealer am Prinzip, sagt mir, ja, Dealen konstituiert ein Gefahr, hauptsächlich für den Konsumateur, weil ein Drogen hält ihn am besten nicht selten für seine Gesundheit, das ist das Problem. Das ist vielleicht nicht agreeabel, Dealeren auf der Straße nur zu sehen oder auch am Dach, aber prinzipiell greifen sie auch keinen an. Es sind hygienische Probleme da, Leute, die an den Antreten von den Gebäuden sind, und das ist wirklich problematisch für die Leute, die da leben oder arbeiten. Es wird auch gesagt, wir haben schon seit 20 Jahren Kameraüberwachung und wir haben eine ganz Party von Problemen, die sich anhäufen, die von Mannergraf bis relativ graf da sind. Wir haben aber auch Statistiken, wo ihr gesagt ja, gewisse Delikte gehen rauf, andere gehen rauf, etc. Und so weiter. Und dann Tür drauf und dann rauf. Das ist schwer, da eine Tendenz rauszufinden. Wir müssen sich aber vorstellen, und ich meine, dass aber auch die Degradation vielleicht von der Sicherheit oder vom Sicherheitsgefühl, die auf gewisse Plätze vielleicht auch zurückhält. Also es gibt auch Plätze, die zum Beispiel Straßburger Straße am irischen Teil fängt an wirklich flott zu gehen. Und du gehst nicht, wenn eine Stadt liebig ist, da kann es aber auch einmal viel mehr flott sein, für dort zu leben. Es gibt so Städte, wo ich ganz gerne gehe am Ausland, zwar Frankreich, das ist Paris am Marseille. Ja. Also muss die letzte Stadt, die ist ja bekannt, für ein bisschen mehr unsicher zu sein, auf jeden Fall am Kap von viele Leute. Und ich kann so, wenn du nach 10 aber 11 Uhr Plätzen hast, voller Leute, die du isst und so weiter, zum Beispiel am Sommer, aber auch außerhalb von den Zeiten, das ist sich ganz sicher. Ne? Und da geschieht dann nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich da war, sind noch immer da. Bon, Probleme sind auf anderen Plätzen. Ich meine, wir haben auch heute in Lützeburg und auch in der Stadt mit einer sozialen und ökonomischen Degradation zu dienen. Und darüber muss ich noch diskutieren. Vielleicht gibt es doch einen Zusammenhang. Darüber muss ich noch schaffen. Ich meine, es kann ihn Sache verstärken und es soll ihn auch das subjektiv Gefühl, kann ihn lange darüber diskutieren, als ein Gefühl und existiert trotzdem. Aber wenn noch permanent gesagt wird, es wäre gefährlich, dann entsteht so ein Gefühl. Und das soll ja auch nicht sein. Und ich meine, wann eng Staat oder Quartier méi belieft gëtt, war Wuningen méi bewohnt ginn, weil ginn immer Manner Wuningen bewohnt, wo man mat der Bannen Innenkommission, ich weiß nicht, wie das sieht, durch die Gara Quartier und durch Hollerisch getrüppelt sind, aber ja, langs der Hollerischer Straße, wie viele Häuser stehen da eidel, sind da Joren. Das trist, das gros am Oves, nur also nach mehr Ellen. Es gibt keine Luft, das ist nicht richtig belicht, das ist nicht ganz agreeabel und da können noch Sachen geschehen, die nicht müssten geschehen. Vieles, ich meine, 75% von den Arrestationen am Gara Quartier haben mit Stupéfiants zu tun. Am meisten sind es eben Dealer oder Konsumateuren. Für was geht doch nicht heute zu Lützeburg, ich denke, über eine andere Drogenpolitik geschwärzt, weil, wie wir wissen, eine repressive Drogenpolitik, also nicht Scheck, überall, bringt nichts, mehr schafft nicht mehr Probleme für den Konsumateur, mehr schafft doch Kriminalität, weil die Leute sich die Drogen nicht anders das können beschaffen. Und dann stellt sich eben vor, ist es wirklich effizient, gibt es eine wissenschaftliche Studie, was ist der Verdrängungsfaktor? Am 4. Avis vom Prokureur kann ich mich aber erinnern, bei der letzten Extension gesagt, für wirklich können sie vergleichen, wie sich die ganze Stadt kouvriert gehen. Bon. Aus der eine Lesung weiß ich nicht, aber da kann ich vielleicht gewisse Schlüsse daraus setzen. Also, wir bleiben weiterhin skeptisch, was die Extension angeht. Wir stellen fest, dass seit 2007 hören ich aber auf jeden Fall immer mehr von den Leuten, ja, es verbessert sich nicht oder nicht sensibel. Wir haben immer mehr Kameraüberwachungen. Also kann es vielleicht sein, dass Kameraüberwachung nicht zum Teil von der Lesung gehört, aber dass mehr Leben, mehr Präsenz auch von Polizei
physisch Präsenz, auch von den Streetworker, von den Assoziationen, aber vielleicht auch von der Gemeinde etc., dass du wirklich leben, dass du aber wenigstens auch bis an nur daran, und nicht den anderen Kötter, den allein durch die Straßen trippeln und das Trolle den Zoo sind auf allen Ecken. Das ist natürlich nicht agreeabel. Und da können tatsächlich auch Sachen geschehen, gerade an einem Quartier, wo eben viel Probleme sich auf den konzentrieren. Voilà, dementsprechend werden wir dagegen stimmen. Madame Bremmel. Vielmals merci für das Wort. Es sind schon wirklich viele Sachen gesagt. Ich will einen Punkt machen, so Mesuren, die Mehrheit ergreifen, die sollen auf einer solider Basis stehen. Und natürlich, wir haben von den Mengen an den Männern schon hören, das ist immer schwer für zu sagen, was bringt es da wirklich, weil es einfach dann die eine oder die andere Etude gibt. Die einen sagen, es bringt etwas, die anderen sagen, es gibt Verdrängung. Den Kollege François Benoit hat es schon ausgefeiert. Wir sind schon der Meinung, wenn wir der Polizei helfen können, für hier Arbeit zu machen, durch eine gezielte Videoüberwachung auf wirklich einem Hotspot, dann ist das für uns einigermaßen akzeptabel. Ich will zurückkommen auf die solide Basis, weil wir hier eine sensible Mesure haben, aber wir aufgrund von der Gesetzeslage am Blick ja nicht an der Lage sind, für eine wissenschaftliche Etude am Vorfeld zu haben. Also, wenn ich den Dossier gucke, dann muss ich aber irgendwie mit Bedauern feststellen, dass wir hier eine Decision holen, auf Basis von einer Rekommendation vom Parquet und von der Polizei, aber dass wir keine wissenschaftliche Basis haben. Und das ist für mich am Anfang Ursache für die Motion ranzurichten, wo wir eben dann dafür sorgen können, dass wir eine ordentliche Analyse davon kriegen, ob und wie effizient die Kameraüberwachung an den Zonen, die wir hier haben, auch wirklich ist. Ob wir Ziel erreichen, ob wir wirklich mehr Kriminalität haben, ob wir wirklich mehr Straftaten abklären, ob wir wirklich mehr Sicherheit für die Bürger und Bürgerinnen haben. Und das ist natürlich keine Analyse oder keine Evaluation, wo ich der Polizei oder dem Park evaluieren, die muss unabhängig sein. Wir haben zwei Beispiele schon, und schon sie am Considerant abgeschrieben. Wir haben den Gutachten Visopol am Auftrag vom Minister vom Interieur an für die Großregion, den vom Professor Dr. Bornewasser von der Universität Greifswald und von Markus Kober vom Europäischen Zentrum für Kriminalprävention Münster am Oktober 2011 gemacht. Das ist ja aber schon eine Strapier. Ich meine, dass sich entre-temps zu Lützburg auch eine Reihe also Situation auch an verschiedene Quartieren wirklich geändert wird. Ich will auch zurückkommen auf die Etude, die über die Effektivität von der Videosurveillance 2021 gemacht wurde von der IGP, also von der Inspection Générale de la Police, am Auftrag vom Minister. Wir haben Gesetz vom 15. Juli 2021 über die Videosurveillance, wo eben auch seht, dass eine Videosurveillance muss also angepasst sein, verhältnismäßig sind, und dass auch eine Evaluation muss mit vorgesehen gehen. Und natürlich am Punkt, dass wir neue Zonen ausweisen wollen, wo die Videoüberwachung stattfinden soll, meinen wir, dass es an der Zeit wäre, und auch ein gutes Amend für an engem Slow festzuhalten, dass den Schöfferrot sich beim Minister vom Interieur dafür ersetzt, dass man an 2 Jahren, ein bisschen Zeit brauchen ja, aber eine Etude an Auftrag, an 2 Jahren eine Etude an Auftrag gegeben, die neue Zonen von der Videosurveillance am Quartier Gare am Bohneweg analysiert, an eine Etude, die wissenschaftlich ist, die kriminologisch ist, die unabhängig ist, für da wirklich zu gucken, was bringt die Videosurveillance hier an diese Quartieren. Und dann, weil man schießt ja nicht immer direkt an 6 Monate weiter, dann hat man aber, ob man etwas Solides, für auch so zu können, fuhren wir weiter, du machen oder nicht, weil ich meine, dass man sonst auch die Leute bis Sand und Arsch drehen, und das selber vielleicht auch. Voilà. Also an dem Sinn rechne ich die Motion ran, an Mangel, dass am Prinzip
Partei, die halt meist matroen, wann der Meinung sieht, dass eine Videoüberwachung auch muss auf einem ordentlichen Basis stehen. Voilà. Ja, ich muss nicht weiter do. Merci, Herr Weidig. Ja, merci für das Wort, Madame Bürgermeister. Wir sind vier, hat eine Videoüberwachung. Das ein Teil für Kriminalität es bekämpfen, das definitiv kein Wunder war. Mich mengen aber etwas auch von eventuell nicht so viel Verhaftungen oder Verurteilungen kommen, wenn es Videoüberwachung, da muss ich trotzdem so, dass die Polizei natürlich an ihr Kommissariat natürlich, wenn sie alte Videos von alten Straßen haben, können sie natürlich analysieren, was der Moment auflebt. Natürlich, wenn ihr einen Notfall könnt, da können sie direkt ranzoomen und gucken, wo das dann wirklich natürlich diese besser vorbereitet. Und natürlich können sie kriminelle Banden auch verfolgen. Natürlich, wenn sie ein, zwei Leute haben, die halt aktiv sind, da können sie verfolgen, wie die mit anderen Leuten interagieren. Das ist, wenn sie so festhalten können, an den identifiziert haben, dann ist die Chance viel groß, dass sie andere auch identifizieren können. Damit können sie vielleicht keine Verurteilung machen, basierend auf Kamera. Aber trotzdem ist die Kamera, die geht aber dann trotzdem und Anhaltspunkt, wie die kriminelle Reso funktionieren oder ob es Einzelleute sind, aber die das so machen. Und ich meine, dass das definitiv sinnvoll ist. Das ugeschwert gehen mit der Verdrängung, das halt, ja, das bringt nichts, da gehen sie halt irgendwo ernst hin. Man muss natürlich auch wissen, für was sind die meisten Kriminelle an Gara Quartier, weil du halt die meisten Leute sind, dann noch die meisten Trafik hast. Das heißt, das ist ganz klar, dass du findest so, wenn man die Kameran aufstellen und du wirklich kriminelle Banden haben, die sehen halt die Kameran, ich meine schon, dass sie dann darüber nachdenken, wie sie sich sollen verhalten, noch wenn sie vorher nicht gehen, wenn eine Verdrängung kommen, dann ist es aber so, dass sie dann sollen mal, wenn sie auf die Knödler kommen, da gehen da vielleicht nur 5.000 Leute am Tag lasst, während ob da gar vielleicht 20 oder 30.000. Das heißt, ja, das ist vielleicht eine kleine Verdrängung, aber trotzdem so mal aus der Kriminalität Männer lukrativ gehen, weil sie eben verdrängt gehen, weil man sie eben mehr nerven. Also in dem Sinn, meine ich, dass halt eine Wiederüberwachung sinnvoll ist, aber es gibt natürlich ein paar Sachen ab, was uns also der immer sagen möchte, dass eine Überwachung statt, dass halt Menschen halt zu viel überwacht gehen. Das ist natürlich klar mit Kameran, als da die Probleme, was man mit Kameran haben, was natürlich die Polizei mehr überwachen können. Im Moment funktioniert das vielleicht gut, wenn wir gut regeln, aber wie weiß, was in der Zukunft kommen vielleicht noch andere Gesetze dabei, aber einmal, das ist auch von mir im Moment nicht aktiv eine Überwachung stattfinden. Wir schaffen natürlich auch die Instrumente, die natürlich irgendwie Kindhöhle für eine Überwachung statt zu etablieren. Und da muss man wirklich enorm aufpassen. Schon am Text gelesen, dass du schon probiert wird, halt geht in die Überwachung statt zu gehen, für Privatsphäre von den Leuten, die Entree sollen maskiert gehen. Aber ich habe nicht verstanden, und da kann man vielleicht einen erklärenden Satz, afin de remédier à ce risque, les non-résidents ont la possibilité de se soustraire à la Videosurveillance. Das habe ich nicht so ganz verstanden, wie sie sich da rausholen können aus der Videosurveillance, wenn es Non-Resident was, das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht kann man das irgendwie erklären. Als halt eine Wachung statt, bei der zwei als natürlich Symptombekämpfung. Ja, das ist natürlich ein ganz klarer Fall von Symptombekämpfung. Ja, die Frage ist, wen möchte warten, wen ist responsabel, was für Drogenbande sind, und so weiter und so fort.
an du se so dat man do definitiv net genug machen. Ech hat do ein Question parlamentär gestalt und den Minister Ech hat do eng frohgestalt an der Chamber darüber, sie sollen as mal endlich soen, wat fängt Täterprofiler dat ze sinn. Wie sind die Leiit wat Nationalität hun se wat Residenzstatus hun se ginet do kriminell Strukturen also weiter an dem Minister Glode vun der CSV ganz go gesot nee dat populistisch pro du krit kein Antwort drauf, obwohl het evident ist, dat an all Dossier als Nationalität dran da auch Residenzstatus dran an einer Informationen an ich Menge für Transparenz wird wichtig de Bierger an zum Politiker wëssen ganz genau ginnet du Kriminalstrukturen oder sind einfach nimmen Einzeltäter. Ich meine das doch wichtig für uns, für wenn wir mit Symptombekämpfung machen, dass man das wëssen und das hat der Minister leider nicht gemacht, wo Menge Minuten noch recht verlässt für Informationen zu gehen und Deputiert, dann dürfen mir ganz klar der CSV mir auch DP Mundsachen einfach nicht schwätzen sie machen lieber Symptombekämpfung anstatt wirklich muss so aber das da wirklich ein Täterprofil mir hat die auch bei der Chambre hat man wie sieht wo den einen proprietär von engem Bistro man da geschwert huet der Burgermeister erinnert sich bestimmt dort natürlich von kriminelle Struktur geschwert wen an die Leuten also weiter so fort sinn an schmengen aber dat muss thematisieren an noch wirklich um Gesetzesniveau vielleicht auch an der Chamber den man dat so leid kein Kriminalstrukturen mehr halt zu Lützburg ausüben können. Da komme ich dann zum Punkt, dass natürlich, wir hatten ein Gesetz an der Chamber, über Police lokal hatte man, du hat auch an der ersten Version vom Gesetzesprojekt, da stand dann dran, dass der Bürgermeister auch Weisungsgewalt hat. Zur Polizei noch punktuell kann ersetzen, dass das nicht rausgeholt gehen. Du sind wirklich enttäuscht, dass der Chefrat, die ja alle auch an der Chamber sind, dass die nicht dagegen gegangen sind, weil die sind seit Jahren, an dem was seit Jahrzehnten am Gang, zu sagen, nee, wir brauchen mehr, wir können nicht machen, Police als responsabel und so weiter. Haben wir wirklich auch etwas gewirkt, doch die Gemengepolitiker responsabilisiert gewähren, zu dem mit der Polizei, das hat leider nicht passiert. Und das fanden wir auch keine gute Idee. Wie gesagt, wir stimmen das matt, weil also durchaus sinnvoll zum Mose, weil noch besser gesagt, wie was wo möchte. Wie gesagt, nur noch Bauch, weil Potenzial für mehr Überwachung statt Symptombekämpfung, weil man einfach nicht, weil man einfach ein Tabu und nicht wollen über die Täterprofile schwätzen. Und drittens an der nationalen Gesetzgebung, da hat man keine viel mehr weit gehen und da sind schon enttäuscht, dass der Chefrat da nicht ein bisschen dagegen gepusht hat. Merci. Merci. Bon, Situation, Diskussion über die Sicherheit, besonders auf verschiedenen Quartieren von unserer Stadt, ist ja nicht neu. Und das hat festgestellt gehen von besonders den Oppositionsparteien, dass die zwei Majoritätsparteien an der Gemeinde und auch an der Chamber einen anderen Weg angeschlagen hätten. Ich höre das gerne, weil genau so ist es. Genau so ist es. Und ich muss sagen, wenn ich nicht mehr wie Nerven hätte, dann hätte ich ja schon gegen Bengelen Heinz gerne bei Trump gehauen, wenn ich gesagt wie lang die Diskussion über die Sicherheit an den Quartier, von dem wir schwätzen, also besonders von der Gare, wie die geht, wie an vergangenen Jahren, wo nicht die Majorität Lodo war, die Lodo ist, wie ein wirklich mit Momenten auf Granit gestoßen ist. Muss ich heute noch erklären, für die, die in dem Moment da waren, wie an einer ganz schwierigen Situation, eine ganz schwierige Situation, die wir auf der Gare hatten, wo die Gare Leute
drüber und drun waren, effektiv selber sich Möglichkeiten zu geben, für sich zu wehren, wo die Stadt Lützeburg für uns, das ist effektiv, das sind 5-6 Jahre hier, wo wir eben, aber wirklich, weil wir keine Weisungsgewalt der Polizei haben, da hat er recht, ich komme ja nur noch darauf zurück, Herr Weidig, wo wir zurückgegriffen haben, ob Société de Gardiennage für an denen Quartieren zu sind, war das für ein Abschrei war, wo wirklich das Gefühl hat, wo mir vorgeworfen wurden, mir gingen ja nicht mehr, die Leute hatten ein Gefühl von Unsicherheit. Aber entschuldigt, wenn ihr gesagt, wenn ihr Zule gesagt, wenn ihr nach nur Zule fried, wenn ihr gesagt, die Zulen, dass allein auf der Gare 5.000, was sind da 5.000, werden nach 5.000 Toten am Jahr geschehen, dann ist das kein Gefühl von Unsicherheit. Dann ist das ein richtig reelles Problem, wo wir seit Jahren darauf hinweisen, aber wo wir auch vieles schon dafür gemerkt haben. Ich gehe mal nicht mehr auf Sozialstrukturen an, weil mehr, wie wir da gemerkt haben, wir machen noch weiter, wir können noch mehr machen, aber das geht nicht auf den Punkt, mit denen die Leute, die da wohnen, wirklich am Alltag geplot sind. Die Fotos, die dir, ich hoffe, die kriegen es auch geschickt, mir kriegen sie geschickt, ich kriege sie Lohn geschickt, wo an den Entreen die Leute nicht mehr leihen, wo sie hier Besoin machen, Leute, die auf den Plätzen, wo effektiv Sozialstrukturen sind, an mir waren mit dem Herr Werner, mit dem Herr Weidig, und ich selber, an Nachkollegen aus der Chambre, waren effektiv eine ganze Tour über die Gare machen, bei helllichtem Tag, wo wir besonders eben die Strukturen gucken gegangen sind. Und dass die Leute, die rundherum da wohnen, dass denen hier Grundrechte wirklich nicht respektieren, dass dafür gibt es Seelen von denen, die da so, wir gingen Grundrechte von einer Reihe Leute nicht respektieren, aber wer schwätzt dann von den Grundrechten von denen Leuten, die wirklich auch Recht tun an Ruhe, an ihren Häuser, an ihren Schlafzimmern, mit ihren Kindern, können auch ein ruhig Nacht zu verbringen. Und ich muss sagen, ich bin desto immens froh über das, ja, weil tut den Gefühl, wir kriegen für die Probleme mehr Gehör. Und das möchte mich, das gibt mir wirklich, das gibt mir Hoffnung. Ich bin froh, dass eine ganze Reihe Maßnahmen an die gehen. Und ich werde dafür immens froh, wie ich heute und ich lese dann noch ein anderes Stück, für all die von denen Leuten Rechte schreiben, von den Droit et Liberté, frage ich nicht immer, von wem sie schwätzen. Ich meine, nobel von mir schwätze von den Droit et Liberté, von der großen Zahl von den Leuten, die auf der Gare sind. Aber wenn ich dann hier am Avis vom Procureur d'État lese, la mise en place de la vidéosurveillance participe également à la protection des droits et libertés d'autrui, notamment le droit à la sécurité, à l'intégrité physique et à la jouissance paisible de l'espace public. Elle contribue à créer un environnement plus sûr, propice à la coexistence des différents usagers du quartier et à restaurer un climat de confiance indispensable au vivre ensemble. En anderen cas, la mise en place de la zone de vidéosurveillance à Luxembourg-Gare est justifiée, opportune et conforme aux exigences légales et fondamentales applicables. Elle répond à une situation sécuritaire objectivement sensible, à une attente exprimée par les usagers du quartier et à un objectif légitime de renforcement de la sécurité et de la confiance dans l'espace public. Dès lors, un avis positif. Voilà. Ich meine, das sind Antworten auf die Fragen, die da sind. Dass das kein Allheilmittel ist, das wissen wir, das weiß jeder. Aber das Police-Frieden, dass da für die Police und für die Justice ein Instrument für wann eben die 5.000, stell dir das vor, überlege dich das, die am Jahr da geschehen, für zu versichern, eine Reihe auf jeden Fall von denen können zu poursuivre. Das leider durch die ganze Situation, die auch ganz sensibel und schwer ist, am Niveau von der Justiz, dass da viel Sachen effektiv klassiert gehen, das wissen wir auch.
da das auch klar ausgeschwert gehen, da auch klar gesagt gehen, mit dat aber Versicht geht, so viel wie nehmen kann abzuklären, an der dort Videosurveillance kann von denen Mitteln sind, ich meine, das steht für uns außer Diskussion. Und dass man nicht wollen, dass kein von uns an einem Überwachungsstaat will wohnen, also das meine ich, kann ich nicht verringen, mein Bannen auf jeden Fall von meiner Seite versprechen, und ich werde mich auch, solange ich irgendwie nicht mehr kann, mich dagegen ersetzen. Ich will mich aber gerade so viel ersetzen, für eben ganz einfach ein bisschen mehr paisibel leben für die Leute, die an diesen Quartier wohnen, für die dann die ganze Navi gelesen haben. Es wird gut von jedem, wo all die Tote geschieht sind, all die Punkte, die da auf dem Plan gesehen, den eben am Avis von der Polizei, das ist da, wo all die Infraktionen geschieht sind. An den dunkelblauen, das ist den nur dabei könnt. Den, die bislo war, das ist die Klängen hier am Fond. Das den do klengen. Die Äner, dat könnt du dabei. An do sind all die Sachen geschieht. Aber wo eben das nicht dat durch nicht mehr geschieht, mehr wo ob mans Police de Meier ein Meier kriegt, für dat besser können Nutze retraceieren. Für op den Grund von denen Affären, für wat geht kriminell, für wat geht den Schmengen, do sind Äner, do sind effektiv wie lang kann den darüber schwätzen, wat de Kriminelle, für wat den Drogierten, an dat man der Haut méi hun, wie für un Senior schmengen, dat as effektiv leider der Fall, da das ein Deel auch erleiht an der Evolution von unserer Gesellschaft, mit dat het uns Aufgabe bras, wat man nimme können machen, für de Leid a peu près paisibel leben an ihrer Stadt, an ihrem Quartier zu assurieren, schmengen dat das als Aufgabe, an dat für sich mal Heimat, aber viele andere Sachen zu machen. Wir sind eben die eben noch den Avocaté angefeiert hat. Mir die zusammen habe ich mit der Société de Gardiennage, an den Avocaté, an der Police, die funktioniert de lo. Die war ja bis für ein paar Jahre nicht möglich, verboten gehen vom Minister aus. Dat deet man leet, dat das net unbedingt am Sinn von enger effikasser Maßnahmen, die für uns Bevölkerung mischt. Und ich bin froh, dass das haut ernst das organisiert das. Ob die Frauen, die den Herr Benoit gestaltet wird, kannst du dann so. Da kann ich als Staat nicht so, weil für den, der vielleicht sich bislang nicht damit aufgehen hat, wie das funktioniert, wir müssen Kameraden bestellen, aber wir haben die noch nicht bestellt. Auch einmal noch nicht die für Bohnenweg. Auch einmal noch nicht für was, weil wir effektiv nach am Diskussion sind, weil wir gerne, weil Herr No, Kameraden, die sind dann, wenn sie bis da sind, das Police, also die Police auf einer Platz, an dem wir ja gucken, die kann gucken gehen, an die verschiedenen gucken wären, das Police, wie soll ich sagen, sich darum bekümmert, die das guckt, die das natürlich guckt, und noch guckt, wann etwas geschieht. Wir sollen selber kaufen. Wir wollen natürlich, nicht nur mehr Altgemengen, die da haben, Gemengen müssen kaufen, das ist aufgemerkt. Wir müssen aber da die Kriterien haben, dass man nicht nur einen Kauf tun, wo dann die Polizei sagt, ja nein, die Kriterien, die sind nicht genau die wir gehört haben. Wir werden das aber an der nächsten Woche wird das definitiv gehen. Und da bestellen wir sie alle zusammen, sowohl die für Bohnenweg wie die für die Gare, weil das wird bei Bohnenweg schon ernst, das war, dass wir da müssen die Infrastrukturarbeiten machen, am Boden, wo dafür geschwert wird, wie wir gestimmt haben. Ich gehe davon aus, dass wir das für die Gare nicht machen müssen. Dass wir das nicht machen müssen, dass wir das können da abhängen, wo wir auch die abhängen können, die wir ja doch schon haben. Weil im Moment sind da ja schon über 50 auf der Gare und es kommen nach 110 dabei. Und wir gehen davon aus, dass wir es können, mit den Infrastrukturen, die wir da haben, dass wir die können benutzen. Aber natürlich, sobald wir die Bestellung gemacht haben, also sobald wir da wissen, was es wirklich kostet, so wir das natürlich ganz gern. Und den Herr
Werner hat noch davon geschwärzt, von wen an dem Komitee vertruden ist. Aber wir können ein darüber schwätzen. Bislo waren es eben die drei Großparteien, die effektiv vertruden waren. Aber jeder kriegt ja aber den Procès-verbal und das ist effektiv eine ganz interessante Diskussion, die man direkt kann mit der Polizei an dem Parquet, weil das ja all das nicht nur die Polizei, das auch der Parquet, die kann feiern, und wo ihn eben noch hier sorgen heiert, dass wir ich weiß nicht wie lang, sind doch so lang für mehr Präsenz policière draußen antreten, da das gewusst, Gott sei Dank, effektiv, die Polizei lokal, geht als ein erster Schritt an die Richtung Polizei lokal, die nicht von uns aufhängt. An Herr Weidig, ich kann nicht mehr so, ich hätte nicht gescheit, die Responsabilität zu überholen. Aber der Conseil d'État war aber da ganz dagegen, für nicht etwas unnötig abzuhalten, für mal wenigstens weiterzukommen, waren wir dann eben noch d'accord, dass die Pouvoir, die den Bürgermeister gekriegt hat, für die dann aber dann nicht dran zu holen, weil sonst hätte es nach mir lang gedauert. Sie hatten eine Opposition formell daraus gemacht, soweit ich mich erinnere. Waren wir dann d'accord. Das nennen den eben gucken, weiterzukommen. Es geht vielleicht nicht so ein großer Schritt, dass wir klingen, mit das ob man es aber Schritt nach draußen. Mit die Präsenz policière, ja, wir wünschen uns die noch viel mehr. Ja, weil das ist die beste Prävention. Effektiv, Präsenz policière draußen, physisch, auf der Straße, an den Fußgängerstraßen, aber auch an den anderen Straßen, das ist die beste Prävention. Aber da hören wir dann noch, welche Schwierigkeiten sie haben, für all die Leute zu rekrutieren, die sie dann noch gerne hätten. Sie hätten da gerne mehr, aber sie können noch nicht mehr die holen, die all das packen, was sie dann eben als Formation aber müssen machen. Die auch mehr Leute brauchen, das ist Justice, auch da sind da ganz viel oder ein gut Stück beikommen, hoffentlich, dass das eben auch hilft, dass mehr Affären können trätiert gehen. Und ich will aber auch aufstreichen, die Arbeit, die Polizei zusammen mit der Polizei Judiciaire und der Justiz an den letzten Monaten aber gelegt wird. Das, was sie da von Tonnen von Drogen, das weist einerseits, dass sie gut vernetzt sind mit ihren ausländischen Kollegen, weil das finde ich ja nicht nur eine Länge am Büro verloren kannst, aber das finde ich mit einer guten Vernetzung, mit die international funktioniert, und aber auch, wie gut sie funktionieren oder abgestaltet sind, für so gruselig Doten, wie lo für 2 Wochen im Lampertsberg geschieht das, wo sie wirklich an einer exzellenter Zusammenarbeit konnten den stellen. Ich meine, wir sollen bei allen Demanden, die wir haben, für nach mehr hin zu haben, sollen wir für allem auch anerkennen, die enorm Arbeit, die sie machen, und dass die Gott sei Dank ganz oft auch zu gutem Resultat feiern. Voilà. Nach all dem kann ich euch nicht mehr rekommandieren, heute zu einem positiven Avis zu gehen, weil die Decision, die hält nach immer der Minister. Und der Minister ganz lang, wir gehen nicht mehr eine positive, das gucken wir dann noch. Wir stellen also die Proposition zum Wort, wen hast du dafür? Wen hast du dagegen? Wen enthält sich? Damit ist das so angeholt. Merci. Dann hätten wir noch die Motion. Ich meine, die ist nicht ganz realistisch. Da wird gesagt, in 2 Jahren soll eine Evolution von der Kriminalität zu Bodenweg anordnen. 2 Jahre nach der Mise en place. Das ist ja schon evident, dass für dich en place die Autorisation, die Heilo kennt, wird ja auch eine wunderbare Änderung, als die an den letzten 2 Jahren geschieht. Das muss ich ganz klar sagen. Die Autorisation, die wir hier kriegen, die ist ja auf 5 Jahre, also wenn wir es da kriegen, ich gehe natürlich, ich mache mir keine Sorgen, dass wir sie kriegen, aber die ist ja dafür 5 Jahre, für da war das 3 Jahre. Für das dort zu machen, wo die Ursachen sind, an independent, da muss das
Ich meine, sind da ja von ihr, nicht die heißen, aber die können das ja um Niveau vom Parlament stellen, weil hier brauchen, für das so seriös zu machen, kann ich ausschwätzen, brauchen Tonnen von der Justiz, brauchen Tonnen von der Justiz. Wenn ich weiß, dass 2/3 von den Affären klassiert gehen, und für die, die nicht klassiert gehen, können kein Police drohen, weil der Bürgermeister geht ja nicht. Ich hatte im Moment gerade mal gesagt, wie das effektiv das Schlimmste um Lambertsburg geschieht ist. Ja, wir hätten doch müssen direkt leider aber so, dass ob ein Gefahr wie kein Gefahr, wir gehen mal nicht informiert darüber. Wir wissen nicht wen, wir wissen nicht wo, weil die das nicht dürfen rausgehen, weil das fällt eben unter den Sekret de l'Instruction. Wir haben an einer letzten Reunion, die wir hatten, gesagt, sie sollen mehr kommunizieren, am mehr dabei sagen, wer dann ist, wer nicht ist, und so. Alles das kann nehmen, und mit einer engster Zusammenarbeit mit der Justiz. Und nicht den anderen, weil den hat auch die Donnerien nicht. Dafür kann ich auch hier nehmen, proposieren, die nicht tun zu wollen. Richtig. Voilà. Madame Brömmel, ja. Also das ist schon klar, dass wir als Gemeinde nicht den Impact haben. Das, was ich frohen, ist, dass die Gemeinde sich stark möchte bei den Ministerien, beim Interieur, für das weiterzugehen. Der könnte ja zum Beispiel schon an den Avis schreiben, dass das sinnvoll wäre, eine Enquete, also eine wissenschaftlich unabhängige Analyse davon zu machen. Wir hätten gerne, dass du fängst. Das hätten wir gerne. Aber wir hätten gerne, das steht ja auch nicht auf froh. Aber das ist nicht ein Interieur, den hat ja auch nicht Dossier. Den Interieur weiß ja auch nicht, der kriegt ja nicht gesagt, wer die Justiz den einen oder den anderen Dossier poursuiviert. Entschuldigt, so viel müssen wir von der Organisation von unserer Gesellschaft und unserer Staat wissen. Ne? Bon, ich stelle die Motion zum Wort. Wen ist dafür? Pardon, entschuldigt. Entschuldigt. Wen ist dafür? Wen ist dafür? Ich habe okay gesehen, den du das gefragt hast. Aber wenn dir aber will, dass Herr Weidig, du wisst ja, also wir sind halt ganz flexibel. Ich hätte dich aber nicht gehört, dass will, dass du so so, aber wenn dir aber will, dass du so, dann so dir da. Ja, kurz. Gut. Ja, das kann ich machen. Ich meine, das ist ganz komplex zu machen, weil von der zum Beispiel irgendein kriminelles Band im Moment aktiv ist, an die viel Kriminalität provoziert. Aber wenn die an einem Jahr vor, das ist irgendein Grund, da muss nicht necessarily die Videosurveillance. Ich meine, das Ganze der ganz große multifaktorielle Faktor, dafür weiß ich nicht, ob wirklich dort Wissenschaft kann du eine Antwort zu denen Sachen liefern. Ich bin echt skeptisch, weil es so multifaktoriell ist. Okay. Das wollte ich dazu sagen. So, den Herr Werner auch, ja. Pardon, ich werde die Motion unterstützen. Sie fragen, du siehst eine unabhängige wissenschaftliche Etude, wenn die möchte und so weiter, das en plus nicht unbedingt spezifiziert, dann das kann du nicht sehen. Ich weiß nicht, die müssen dann noch Achse kriegen und den Donne, wo sie können nun. Mit das die erste Kehr, wo ich eben hören, dass den eine wissenschaftliche unabhängige Etude nicht kann machen. Ich verstehe die Argumentation noch immer nicht. Ich meine, das zu machen und muss ich nicht machen, weil sonst machen wir Politik ohne zu wissen. Wir holen Decisionen, wir installieren Video, Kameras etc. Wir können nicht rausfinden oder Bilder machen, ob das etwas beruht wird. Das ist schon aber ein bisschen speziell. Wie gesagt, den Adressat aus der falschen, weil für so etwas zu machen, muss ein Dossier ja kennen, muss ein Dossier haben. Aber weder den Interieur kennt und die Dossier von uns schon überhaupt gar nicht zu schwätzen. Ne? Aber die Dossier, das was Polizei an uns, an ihrem Avis schon sieht, natürlich, an die gehen uns ja an 4 Jahre oder wenn es soll verlängert gehen, weil ihr verlängert geht, müssen sie nicht so eine ganze Analyse machen. Den Dossier, den ist ja aber, den ist très fourni, und die weist ja aber ganz gut, wie eine gewisse Evolution ist. Ja. Bon, gut. Aber wie gesagt,
Denn, es wäre interessant, so leben nicht, das dauert noch mehr, weil die hat ja von der Etude von 2010 geschwärzt. Oder 11. Das war dann ein Outcome. Schon ja auch gesagt, dass man... Etwas sich darum gebessert. Als irgendwie etwas davon, als irgendetwas blieben, als irgendetwas geändert. Weil 2011 kann ich sagen, da waren auch schon... Aber das ist aber interessant. Ich kenne sie nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne sie nicht. Es wäre aber interessant zu sehen, was daraus ein Outcome davon war. Ob irgendetwas dadurch positiv evaluiert ist. Ob in irgendwie kriminelle Aktivitäten dadurch kommt, besser andämmen. Nee, das wäre aber interessant, weil das ist immer interessant zu sagen, aber das wäre aber auch ein bisschen resultatsgebunden. Wir versuchen, resultatsgebunden Sachen zu machen. Wissen, welchen Impact sie können haben, und das nicht ein Allheilmittel ist. So, da stelle ich noch ein ganz seriös die Frage, wen ist für die Motion? Voilà. Wen? sind alle. Ja, nee, das geht also, den Navi haben wir schon aufgestimmt. Die Motion, das war klar, wen ist gegen die Motion? Merci. Wen enthält sich? Merci. So, damit hätten wir dann den Punkt aufgeschlossen. Und da kommen wir auf den 11. Punkt, Projet d'aménagement forestier von dem Busch von Hospice Civil. Wollt ihr dazu das Wort holen? Wenn nicht, dann lassen wir darüber aufstimmen. Ja. Okay, wunderbar. Wen ist d'accord? Wen ist positiven Avis? Merci. Voilà, dann 12. Adaptation du congé politique. Sie durch mit den Änderungen d'accord. Das ist auch bedingt durch eben den Änderungen. Sind wir auch da d'accord? Ja. Wunderbar. Oktroi von den Subsidien, sind dazu Wortmeldungen? Ja, Herr Back. Ja, merci für die Worte, Madame Boyer-Mischech. Ich gebe gerne ein paar Fragen zum Subsid für die Fédération Luxembourgeoise Gymnastik stellen. Also es geht um ein Subsid von 55.000 € für die Organisation von 2 Evenementen, die am April 2025 an der COG organisiert gesehen. Bei den Evenementen handelt es sich um eine europäische Kompetition und auch um die Europameisterschaften für Junior und Senior. Wir begrüßen natürlich, dass so Championate zu Lützeburg organisiert gehen und es geht mir auch nicht darum, das Subsid per se vorzustellen. Da wo ich mich so vorstellen, dass par rapport zum Prozess, das ist so, dass das Evenement am ein Defizit aufgeschlossen gesehen, am mir retroaktiv ein Subsid akkordieren. Das ist d'autant plus mehr schuld, weil wir bei ähnlichen Evenementen die wir mit so hohen Monten fördern, dann noch fordern, dass wir als Stadt Lützeburg auch als Sponsor erwähnt gehen. Und das ist auch so, dass die Fédération Luxembourgeoise Gymnastik schon am Januar 2025 eine Demande Subsid gemacht hat, die wohl nicht angeholt ist. Das ist Subsid, wo auch nicht als Subsidekommission präsentiert gehen, weil Subsid speziell vom Schäferrot angeholt gehen und da weiter in die Subsidekommission gelegt gehen. Schenkt mir also so zu sehen, dass der Schäferrot dieses Subsid am Januar nicht angeholt wird, lo am November, wo in der Nachrenke gestaltet ging, lo aber angeholt ging. Und da gebe ich gerne den Schäferrot noch mehr Details erfragen, wieso das Subsid am Januar nicht angeholt ging, und lo bei der neuen Demande vom November aber lo angeholt ging, und dann noch der Kommissionen erbret ging. Ich proposiere nicht, wir holen das Subsid, das haut nicht mehr, dann wir kommen am 23. März darauf zurück. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass 25, dass da nicht genau, dass man dann nicht ein Budget an den Dekont vom Budget hatten und dass man den eben noch nachgucken. Wir gucken das ganz genau am Detail noch und wir holen den da auf. Okay, ja.
Das ein klein technisch froh, dass vielleicht fertig net wees. Sind verschiedene Subsidien do an denen an der löscht, die mir natürlich unterstützen vom Prinzip hier. Wir von dem Datum mir stimmen lo von Eventer, die schon rive sind. Wer Start am Funk dat immer durch den Dekon oder wie dat net mir einfach par rapport zu Evenementer. As dat net das ein general froh net fir Polemik zu sinn as net und vielleicht mir einfach fir Organisateuren vun Eventer zu wissen am vier aus, dass wir se werden dann unterstützen oder erst den Akkor nimmen basiert op den Dekont, op wat den de Buch se gegangen as vun der Assoziation. Also den Dekont as immer essentiell. Ja, dat gi net de könnt 20 Christ 20 an da gesinn als mir nee, so geht het net. Me en Prinzip kreen se gesot wat de kunt denken. Wir brauchen her no en Dekont davon. Kan je och so ich mengen dat kascht 50.000 € an her no sind 30.000 ausgegeben. Ja, da kriegen sie keinen Subsid für 50.000. Also ich hoffe, dass ihr das versteht. Ja. Dafür, das ist das Prinzip. Wir werden Lohn nachher, das auch am kulturellen Plan ganz klar definieren, wenig, weil die hat recht, es gehen aber auch besonders an die kleinen Gruppierungen, wenn sie nicht von Anfang an einen gewissen Montant kriegen, ob das ein Drittel ist oder Talschen, da können sie das Projekt gar nicht machen. Und das wird da festgehalten, aber den definitive kriegen sie recht, nur dem Dekont. Okay, also wir holen den einen Ruf, kommen zurück am nächsten Gemengerot. Für die anderen sind wir da d'accord? Ja. Kann ich davon ausgehen, dass wir d'accord sind? Ja. Affaire judiciaire, sind dort so Wortmeldungen? Nein, da sind wir d'accord. Vielmals merci. Und dann Kreation de Posten, sind da Wortmeldungen? Du hast auch bei nehmen etwas Gutes, nehmen eine Kreation, eine Konversion. Wenn ihr auch da mit d'accord seid, man da so nicht. Vielmals merci, wir gut geschafft. Bald zur Zeit. 6:30, alles an der Reihe. Vielmals merci, einen ganz schönen Abend.